E-Sports-Team mit Coach dort am Sitzen, gell? Mit der Lieblingsstreamer, wo das gibt. Ja, Kommentar auf TikTok und Insta ist das Beste. Genau. Und er hat einen Artikel geschrieben, hey. So, meine Damen und Herren, ich wünsche ganz einen guten Morgen, euch allen einen wunderschönen Sonntagmorgen wieder mal. Wir sind wieder mal mit einem neuen Podcast live. Ich hoffe, ihr seid alle gut aufgestanden. Schön, dass ihr da seid. An dieser Stelle schon mal merci Janis für den Resub im 21-Monats-Streak. Krank. Merci vielmals für den Support. Und MS Skills CR7. Natürlich sind wir gehypt auf IEFC 26, weil bald geht's los. Aber heute geht es nicht um IEFC 26, sondern wir haben heute am Start den Mr. Bukofisi. Grüezi, guten Morgen alle miteinander. Es ist schon recht ungewohnt wieder mal in einem Stream. Ich selber habe, glaube das letzte Mal richtig gestreamt vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, bei dir ist schon lange nicht mehr live auf dem Profil, habe ich gesehen. Ja. Nein, ich muss sagen, ich habe irgendwie eine Auszeit gebraucht vor 2 Jahren und seitdem, keine Ahnung, es hat mich nicht wirklich richtig zurückgerissen. So, ja. Ja. Viel anders vor, ja. Und eben, es hat sich in dieser Community hier bei mir hat sich seitdem sehr viel verändert. Also die meisten, die jetzt hier dabei sind, werden die wahrscheinlich gar nicht kennen. Das sind halt sehr wenige Leute noch von der OG-Community. Also der Fisi, vielleicht muss ich kurz, gleich schnell ein bisschen über ihn erzählen. Wir haben uns vor, keine Ahnung, ich weiss nicht mehr, vor x Jahren jetzt schon, muss man sagen, kennengelernt. Eigentlich die Story, wie wir uns kennengelernt haben, ist ja schon recht geil. Ja. Aber vielleicht, bevor wir mit dem anfangen, weil mit der Story, wie wir uns kennengelernt haben, wird wahrscheinlich nach der ganzen Podcast starten. Ein paar Vorinfos, eben, er war Streamer. Ich sage jetzt mal aktiver Streamer gewesen. Du hast viele Streaming-Projekte auch gehabt. Du hast mit Rapper gestreamt, unter anderem mit dem Hero. Ja. Wo ja jetzt auch seitdem eigentlich nochmal eine rechte Stufe gegen rauf gemacht hat, der Hero selber, hat so wie ich mitbekommen habe. Wäre auch heutzutage schwieriger, den mal noch in einen Stream zu bekommen. Du bist quasi der Entdecker vom Steve Merson-Gift. Wenn wir es so nennen, also ich würde es selber nie so betiteln, aber man kann schon sagen, wir sind vor seinem Hype rum gewesen. Also ich habe ihn nicht gekannt. Ob ich jetzt stolz drauf sein oder nicht, weiß nicht so recht. Auch schon nicht, Bro. No front, Jungs, aber... Nein, Ja. nein, aber du hast den Steve Merson damals... Aber das wäre ja heute, ich sage jetzt, das wäre heute auch nicht mehr so einfach möglich. Hast du ihn dann bei dir im Stream-Event gehabt. Und das Stream-Event, das war ja eigentlich der Grund, wie wir uns damals kennengelernt haben, mehr oder weniger. Und ja, jetzt heutzutage produzierst du relativ viel Videocontent. Ihr produziert Manava, das sind, wie sagt man diese Art Videos? Das sind DJ-Live-Sets eigentlich. DJ-Live-Sets, aber meistens in der Natur raus. Du hast inzwischen auch zum FPV-Drohnenpilot weitergebildet. Genau. Hast auch noch gar keine Ahnung davon, wo wir uns kennengelernt haben. gar Die nicht. Faszination hat sich wirklich in dieser Zeit aufgebaut, wo wir uns schon kennen. Und machst das sehr gut übrigens nebenbei. Also, ich habe es schon oft auch gesagt. Die Videos sind sehr geil zum Schauen. Auch. Es ist sehr geile Background-Musik, die man einfach laufen lassen kann. Aber es ist auch, wenn man das Video schaut, ist es auch geil. Und ja, unsere Wege haben sich in dieser Zeit noch ein paar Mal gekreuzt. Wir haben zusammen ein YouTube-Format wie «Komm mit»-Format zusammen gedreht. Da kommen wir sicher nachher auch noch drauf, Bro. Da müssen wir mal ein bisschen Recap machen. Wir haben dort noch nie so öffentlich irgendwie Recap gemacht oder so. Die müssen wir noch mal durchgehen. Es sind verschiedene «Komm mit»-Folgen. Also wenn jetzt Mods oder so im Chat, wenn ihr auf YouTube geht und «Komm mit» sucht, vom Fisi, Bukofisi, dann seht ihr dort verschiedene Folgen mit dem Jordan Parat. Bei Fuchshelikopter sind wir gewesen. Wir haben, Bro, was haben wir noch alles gemacht? Mit dem Cesco, mit dem Strassenkünstler in Zürich. Manuel Zünd, Kochweltmeister. Also ihr dürft gerne auch im Chat, wenn wir gerade irgendwie über eines von diesen Videos am Reden sind oder so, dürft ihr gerne zwischendurch auch den Link rein posten, dass die Leute das auch anschauen können, wenn sie Lust haben. Und ja, sonst, wenn das jemand hier auf YouTube schaut, wir laden das alles immer bei YouTube auf. Zuerst mal grüezi an alle YouTube-Zuschauer noch. Ihr findet natürlich alle Links über alles, was wir reden, unten in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt heute bist du wirklich mehrheitlich für das unterwegs. Du postest sehr viel über das. Aber eben heute wird es sicher ein bisschen darum gehen, wenn wir uns kennengelernt haben, was wir schon alles so produziert haben. Und ja, ich freue mich einfach riesig, bist du da. Du kommst auch nicht gerade da oben. Ja, ich komme ein bisschen weiter weg. Ich wohne am Zürichsee.
Und ja, wie soll ich sagen, eben unsere Wege haben sich damals gekreuzt, als ich dann den ersten Live-Twitch-Event geplant habe. Und ich bin dort umfragen, wer Bock hat, so mitmachen. Und bin dann bei dir in den Stream gekommen. Aber es ist eigentlich nicht mal um den Twitch-Event gegangen, sondern damals habe ich noch Rocket League-Events gemacht. So Turnier. Stimmt, ja, das ist auch noch. Und dort das habe ich habe Leute vergessen. gesucht, die aus der Schweiz sind, oder nicht mal einfach aus dem Dachraum, die mitspielen bei diesen Rocket League-Turnier. Und bin dann auf dich gekommen, du hast Hochdeutsch gestreamt. Und ich bin dort zu dir reingekommen und habe dich gefragt, ob du mitspielen willst. Und du so, ja, ihr seid gerade selber an so einer Dings am Aufbau irgendwie, aber wieso nicht, oder? Und nachher mag ich mich erinnern, also wir haben dort nicht mehr wirklich grossen Kontakt gehabt, einfach online geschrieben. Mhm. Und vor dem Live-Event, oder beim Live-Event hast du, glaube ich, nachher donated für den Shisha-Tabak. Vorher. Ist das vorher gewesen? Ja. Ja, nämlich, du hast ja so einen Flyer mäßig gemacht Ja. für das Event. Ja. Und dann habe ich irgendwo gesehen, auf Insta oder so, ich weiß auch nicht, Ja. irgendwo habe ich das gesehen. Und dann so, ja, nice. Dann bin ich mal auf die Twitch-Kanal und dann, glaube ich, wo du mal in einem standardmäßigen Rocket League-Stream bist oder so, du hast dann gesammelt, glaube ich, Ja. auch. Ja. Ich habe Geld, also ich habe Ja. Sponsoren gesucht und ich habe Geld gesammelt für den Live-Event, weil der Live-Event ist halt schon recht kostspielig gewesen damals. Ja, du hast recht Also viel Cash. ein und so. leises Equipment hat mich Miete irgendwie 3'500 Stutz gekostet für die ganzen Cams, Mics und so. Und selbst das ist ein sehr, sehr fairer Preis gewesen. Wir haben das Material selber bedient. Aber eben, wir haben dann nachher so ein bisschen gesammelt für zum Beispiel Shisha-Tabak, wir haben Snus-Sponsoren gesucht und so weiter. Und Genau. du hast dann nachher hure flott, also ich meine, dass jemand einfach 50 Stutz an einen Randy spendet für einen Stream. Bro, das ist schon dedicated. Also er Yes. hat schon damals die Szene recht unterstützt. Ja, ich bin eben schon immer Fan von so Leuten, die so Formate organisieren oder eben so Events oder so, weißt, so spezielle Sachen. Und ich dachte, das ist voll geil so. Und eben, ich habe ja genau gewusst, du bist eigentlich genau so ein kleiner Randy-Streamer wie ich, so, aber du bist so etwas Grosses am Planen. Und dann habe ich dort im Stream 50 gespendiert und gesagt, ey, Shisha-Tabak geht auf mich oder so. Und dann dort, durch das hast du dann meinen Namen gekannt und ich habe deinen Namen gekannt und dann hat man sich gegenseitig im Stream zugeschaut. Ein bisschen. Ja, voll. Bis man sich dann mal wahrscheinlich einfach an so einem, ich glaube, COD-Event ist es dann. Ich glaube, Oder das ist- COD-Event war das nächste. Gewesen. Oder Ja. das erste, wo wir uns getroffen haben. Wir haben uns dort an der Autobahnraststätte da irgendwo in der Nähe getroffen. Ja, vor dem COD-Event. Ja, Genau, ja. stimmt. Dort hast du ja noch gefilmt. Ist Genau, es noch, so ein ist es noch Vlog irgendwo? auf Insta gibt es den, glaube Ah, ist so ein Insta-Vlog? ich. Ja, gewesen? ja. Und nachher sind wir als COD-Event in Grenchen und nachher bin ich quasi eigentlich in die andere Bubble reingerutscht. Ja. Dazu muss man halt sagen, vorher habe ich wirklich keinen Bezug gehabt zu irgendwelchen Leuten in der Gaming-Streaming-Industrie in der Schweiz. Und eben, ich habe ja das Event auch geplant, weil ich gesehen habe, es hat in der Schweiz wie niemand, der so etwas macht. Und in Deutschland, Knossi und all die haben schon riesige Events aufgezogen, wie das Angelcamp und so. Ja, und dann, wie ist es weitergegangen? Die weiss. COD-Events und ich habe Ja. schon angefangen. Übrigens, vielleicht noch nebenbei, die COD-Events, das waren Events, dort haben wir COD gespielt im Kino, 1 gegen 1. Immer, also das ist neues, ich weiß nicht, welches COD dann rausgekommen ist. Das ist eine gute Frage. Ich weiss, Keine Ahnung. das war etwa vor 5 Jahren. Vier. Es ist im Oktober 21, muss es Ein, sein. eben vor 4 Jahren. Ich weiß nicht, welches COD dann rausgekommen ist, ich kann jetzt ja googeln. Aber ja, wir haben dann, und das war organisiert vom Enki, der ja auch schon da war zum Podcast. Der hat das immer organisiert, so ein bisschen mit mir zusammen. Ich habe dann immer ein bisschen unterstützt, weil wir sind aus der gleichen Community, Eracom. Ich bin dort immer noch so ein bisschen Teil davon, auch wenn ich viel mein eigenes Ding mache. Und dort war eben der Fisi auch eingeladen als Spieler. Ich weiß gar nicht mehr, auch 16 Spieler gehabt oder so. Dann. Und dann haben wir einfach so 1 gegen 1 gespielt und wir haben das Ganze auch live gestreamt auf Twitch und so. Und dort haben wir uns dann das erste Mal effektiv gesehen. Und so ist es dann losgegangen. Ich weiß gar nicht, was ist denn das erste, was wir echt so zusammen gemacht haben, Bro? Ich weiß es Das erste, was wir zusammen gemacht haben, boah, wegen Komm mit, habe ich halt erst wirklich angefangen im Sommer 22. Sonst haben wir einfach immer wieder mal Rocket League zusammen gespielt. So. Aber ist das erste Mal, wo wir zusammen etwas gemacht haben, ist es eine Komm-mit-Folge? Also wo du das erste Mal quasi gefilmt hast, ist Sana 1.23 Stimmt, sogar Sana erst gewesen. Stimmt, Ja. so nice. So Aber nice. vorher, boah, wir haben... Du hast ja angefangen mit Komm mit. Ja, du hast ja selber angefangen mit Ja. Komm mit. Stimmt. Du hast selber angefangen mit Komm mit Folgen, wo du selber gefilmt hast noch, also Vlog-Style-mäßig.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gesagt, das hat eigentlich viel mehr Potenzial, wenn das ein Kameramann begleitet und du eigentlich frei kannst das Zeug kommentieren. Und dann haben wir Sunrise, ist das 23? Mhm. Sunrise, es ist gar Okay. noch, Bro, es kommt mir vor, als wäre es 10 Jahre her, Ja, aber es ist ja. eigentlich vor 2 Jahren. Ja, gewesen. ja, es ist crazy. Wegen, eben, ich habe im 22 noch mit diesen Komm-mit-Folgen angefangen. Wegen, anders muss ich vielleicht anfangen. Ich habe eben Rocket League gestreamt. Ich habe angefangen mit Casino-Streams. Ja, Im Casino. 2019, wo Ja. der ganze Jackpots. Casino-Hype war. Genau. Jackpots. Oh. Bro, da kommt mir immer wieder. Das Mir kommt immer wieder Pflaster. unser Vlog in den Sinn, wo wir am Hero Fest gedreht haben, wo der Gudi nach das Küssi wieder ist. Oh, Bro, das ist crazy. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist so, der Tag wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben. Das war so ein schöner Tag, weil ich bin das erste Mal als Hero Fest. Und für mich war das so voll etwas Spezielles gewesen. Ich habe dann noch beim Geek-Stübli streamen dort. Stimmt, du bist noch dort Ja, gekocht, voll. gell? Für mich war das so voll special gewesen. Weißt, ich bin eigentlich niemand, also ein kleiner Streamer und ich darf dort streamen, hure geil. Und nachher kommt einfach noch so einer mit dem Mikrofon und Cam und sagt so, ja, da ist der Fisi und so, bekanntester Streamer. Und ich habe mich schon geehrt gefühlt. Auch wenn ich weiss, ich bin nicht der bekannteste Streamer von der Schweiz. Eine richtige Ehre, Gudi und Roy, weil sie noch mit der Cam vorbeigekommen sind. Und ja, keine Ahnung, dort hat es dann so ein bisschen angefangen mit dem, ja, ich stehe jetzt mal ein bisschen vor der Cam. Vorher habe ich einfach so Casino gestreamt und Rocket League, aber irgendwann ist es für das kann es ja auch nicht sein. Und dann habe ich gemerkt, so andere Content machen reizt eben schon auch. Mhm. Und dort habe ich eigentlich schon mit der Komm-mit-Folge angefangen, eben im Vlog-Style. Ich habe dort im 22 plötzlich bin ich in die Zürich-Bubble reingerutscht. Durch den Gens, kann man vielleicht auch sagen. Also der hat mich damals ins Studio von Sektion Zürich eingeladen und dann ist so der Ball ins Rollen gekommen und dann triffst du da Leute und dort Leute. Und ja, habe gerade gemerkt, irgendwie muss ich die verschiedenen Persönlichkeiten und Sachen zeigen. Und nachher hast du eben gesagt, lupfen wir das auf so ein nächstes Niveau auf. Und haben dann im 23 unser erstes zusammen, oder unsere erste Komm-mit-Folge zusammentreten. Ja. Mhm. Am Und schon, Sunrise. ja. Und schon das war Comedy. Ja, Das ist schon. weil ich würde hure gerne euch da draussen so richtig so von der Leber erzählen, aber ich kann leider nicht Nein, alles wir können- rausklopfen, wenn ich würde wählen, wegen es geht einfach nicht. Nein, es geht. Es sind fast bei jeder Folge, sage ich mal, sind Sachen im Hintergrund passiert, wo man wirklich einfach nicht darf, nicht kann erzählen. Aber wenn ihr uns mal privat seht oder so und euch zu irgendeiner Story etwas noch hinten dran Wunder nimmt oder so, ja, dann würden wir das sehr gerne natürlich dann erzählen, weil es sind Comedy. Aber es sind halt es sind Sachen, die durchaus theoretisch, ja. Magst du dich noch erinnern dort? Das war der, wo ich das erste Mal im Lift stecken geblieben bin. Gut, das kann man erzählen, das ist ja nichts. Ja, das ist nichts Das ist wild. nichts Schlimmes. Aber dort sind wir im Lift stecken geblieben. Ja, zuerst, Mit- wir haben den ganzen Tag geshootet. Ja. Wir sind wirklich komplett am Arsch. Und gewesen, das nichts Ding ist, gegessen. vom Sunrise, das Festival, das ist nicht ein Festival, Bro. Und es ist nicht Sommer, 28 Grad, es ist scheiße arschkalt, es hat Schnee und alles. Und du kannst nicht einfach schnell über in dein Zelt pennen, sondern du musst gefühlt, ich weiß nicht, nein, nicht Seilbahn, aber ich weiß nicht, wie man runter, du musst Mal eine Standseilbahn. einmal Ja. Standseilbahn Ja. haben müssen nehmen für ins Tal runter Ja. und dann haben wir noch den Bus müssen Ja. nehmen oder so, 4 Stunden fahren, bis du bei dem scheiß Hotel bist und wir mit dem ganzen Material, Cam und dem ganzen, und den ganzen Tag schon gefilmt und einfach müde. Und dann, Ja, nachher kommen wir in den Lift rein. Wir sind das vierte drin gewesen mit dem Material und der Lift hat schon einen Teppich an der Wand gehabt. Und dann sage ich so, boah, das wäre jetzt der letzte Ort, wo ich stecken bleiben und in dem Moment macht es und wir bleiben stecken. Und der Mitarbeiter voll Panik bekommen, so voll Platzangst und ich noch zum Roy so, Scheiße. Aber zum Glück sind die Techniker innerhalb von 10-15 Minuten rum. sie sind schnell dort. gewesen. Aber der Lift ist wirklich scheiße klein. gewesen. Ja, Also es ist ja. wirklich so Und warm ist es geworden. 1,5 Meter. Nachher. gewesen. Ja, aber das ist rundum. Crazy, aber es hat eben so viele Side-Stories, die du teilweise gar nicht mehr so voran hast, weil eben so viel passiert ist in dieser Zeit. Ja, zu viel. Also weißt du, Oh. schon nur Sunrise an sich, wenn du das erste Mal dort bist, ist schon geil, so in den Bergen oben. Also schon nur eben den Weg dort, was bin ich gefahren? Ich bin zuerst zu dir gefahren, von dir sind wir dort hergefahren, ich bin irgendwie gefühlt 8 Stunden im Auto gehockt, bis du mal dort bist so. Und dann, ja. Und dann war nicht klar gewesen, ja, dann war schon nicht ganz klar gewesen für alle, was ich dort machen So, für dich war klar, ich komme so für dich filmen. Die anderen haben gemeint, so, ja, ich komme mit an den Stand arbeiten. Und es ist einfach
Comedy gewesen, Kommunikation ist einfach heutzutage schon ein riesen Thema, ja. so. Ja. Aber du, es ist alles, am Schluss ist es eine geile Story, die man so im Kopf hat und immer wird bei sich haben. auf jeden Ja, Fall. Mann. Und auch dort haben wir wieder Leute kennengelernt, wo man heute noch sieht. Die Ja. heute jetzt selber sogar Content machen. Ja, Also dort haben wir ja eigentlich Ding das erste Mal gesehen, wo du ja jetzt auch geshootet hast für die Thronfolge. Ah, Karin. Ja, Karin habe ich dort Was zuerst sind mal die interviewt. Radio Energy was? St. Gallen oder was? Sie sind die? sind Energy Zürich gewesen. Ah, jetzt nicht mehr. Nein. Okay. Da müsst ihr sie selber fragen, aber ich glaube, sie sind nicht mehr so gut zu sprechen auf der Energy. Okay. Ja, Ja. aber dort gar keinen Bezug gehabt. Dort habe ich sie einfach kurz interviewt, Karin. Ja, du hast sie, Was ich habe sie nicht mal gekannt. So, du hast sie, Ja. ich habe gar nicht gewusst, wer das ist. Ja. So, film schnell mit der Karin da. Und dann ich so, okay, also. Drehen wir den Spieß mal um. Ist es, glaube ich, geschneit noch. Ja. Es war schon lustig, Mann. Ah, crazy. Viel Spaß am Meer. Genießt es, Leute. Hey Leute, ich will es euch heute wieder ein bisschen erwähnen. Gerade für die, die auf Twitch dabei sind. Wir tun eigentlich beim Podcast schauen wir halt nicht so viel in den Chat. Also es ist mehr einfach, wir schnurren da. Es ist halt ein Podcast. Es ist halt nicht ein Twitch-Livestream. Aber wenn mal... Außer das ist. Gut, wir könnten, was ich eigentlich letztes Mal gedacht habe, wir könnten wirklich einführen, dass wir so zwischendurch schnell in den Chat schauen und vielleicht auf Fragen oder so eingehen. Ja, wenn es etwas Aber bezogen Leute, auf- heute, es tut mir leid, aber heute gehe ich auf keine EAFC 26 Fragen ein oder auf irgendwelche EAFC Sachen, weil das kommt den nächsten Freitag, wenn ich das erste Mal wieder live bin mit wirklich EAFC 26, können wir das besprechen. Aber ja, wir sind alle gehypt und wir freuen uns alle. Aber heute geht es nicht um das Thema. Ja, nur schnell, wenn ich auch noch etwas dafür rühre. Also, ich bin jetzt zwar kein aktiver IEFC-Spieler mehr. Damals ist ja nur. Wie hat es geheißen? Ich hab's FIFA. schon vergessen. Einfach FIFA. Ja. Aber ich höre den Scheißnamen schon zu viel IEFC, dass ich vergessen habe, es hat FIFA geheißen. FIFA 13, 14, 15 habe ich auch brutal gesucht. Schon. Ja, ich habe sogar Highlights, so Longshot-Videos noch auf YouTube. Also wenn ihr wollt, go suchen, XX Toxic 9 Fox XX, findet ihr so ein paar alte Montages von mir, wo du noch hast können Longshots kicken. Comedy. Aber Hätte ich auch nicht gedacht, aber, ja, aber du hast auch mal Fußball gespielt, hast du mir Ja, ja. erzählt. Ja, aber ich ja. war mal im FC, ist gewesen, ja- auch im Unihockey noch. Hast du deine sportliche Phase auch gehabt? Ja, im Unihockey habe ich es zwar weitergetrieben als im Fußball, da bin ich bis in die Zentralschweiz-Auswahl gekommen, U15. Ja. Aber ich habe es dann nachher liegen lassen, weil ich Kochlehre angefangen habe. Und dann bin ich nur noch ins Training ohne am Match und so. Und dann Ja, habe das ich ist so ein- liegen lassen. Das ist ein bisschen ass dann. Ja. Ja, wie gesagt, Leute, so viel da dazu. Aber ich tue natürlich sehr gerne Kommentare bei YouTube beantworten. Wenn ihr dort wollt, etwas einwerfen, das lese ich natürlich von Herz und Seele gerne. Ja, so hat das Ganze eigentlich gestartet. Ja, das 23 war eigentlich eben schon dann auch ein wildes Jahr gewesen. Also das 22 schon, aber dort haben wir nicht viel zusammen miteinander gehabt. Das war einfach für mich persönlich ein riesen Jahr gewesen. Ich weiss jetzt halt nicht, ob ich überhaupt soll auf das Jahr eingehen oder nicht, oder ob man einfach... Nein, Bro, wir müssen nicht. Okay, weil nach der Sunrise-Folge ist dann eigentlich schon die Jordan-Folge gekommen. Ja. Und die Jordan-Folge war halt crazy gewesen. Ja. Also die Jordan-Folge ist für mich immer noch am meisten Movie von allen. Es ist auch, also es ist immer noch mein Lieblingsvideo, weil es einfach so ein geiler Tag ist und du hast Ja. es nicht mit jeder Person und es ist auch nicht gestellt gewesen, sondern genau so ist der Jordan unterwegs ja. und er ist einfach... Er war auch wirklich super gewesen für so etwas. Er ist so aufgestellt, er ist so... Weißt du wirklich, er hat so den Flow einfach. Er ist auch einfach durch den real, Tag. Er ist Alter. einfach real, er Ja. geht so durch den Tag und... Also mit ihm ist wirklich, das ist einfach der Movie gewesen, wirklich, von A bis Z. Mit dem Auftritt dann noch, mit dem Hayes, den wir noch getroffen haben, mit dem Hero, der auch dort war. Also was ihr nicht vergessen, gell? Einfach ein riesen Shoutout an Roy, weil der hat immer die verdammte Kamera getragen und den besten Angle rausgeholt. Und Ja, also probiert. wirklich, also wir haben uns beide immer voll ins Zeug gelegt, aber er hat einfach noch ein bisschen mehr Gewicht müssen tragen in den Armen. Gut, bei dir ist halt wirklich... Bei dir ist das ganze Organisatorische und so immer natürlich ein riesen Mindfuck gewesen, so wenn, wie, wo, was, Mhm. Connections, Networken zu den Leuten. Und dann hast du einfach gesagt, hey Roy, wir haben ein Datum, kannst du denn? Und ich so, ja, okay, schau. Und dann komme ich und dann, sobald ich mit der Cam da bin, klar, schaue ich, dass ich möglichst alles einfangen kann. Und dann ist es Zusammenarbeiten. Ja, voll. Ey, Fisi, kannst du noch schnell, weißt du, ich habe ja immer das Video im Kopf, wie es Mhm. aussieht. Ich so, ja, wir brauchen da noch schnell einen Satz dazu, Ja, dass wir voll. dort eine Überleitung haben Ja. und so. Kannst du noch schnell dies? Also, jetzt kommt mir gerade in den Sinn,
gerade wo wir von dem, wir haben ja noch da, den Club haben wir ja auch noch gemacht, Bro. Der war auch noch Comedy. Mit der Shirin. Ah, der Menschen! Ja, ja, man. den haben wir auch noch gemacht. Weil letztes Mal bin ich kurz durchgegangen und habe geschaut, was wir so eigentlich alles gemacht haben. Alles Gute zum B-Day. Ich weiß nicht, wer Geburtstag hat. Aber merci Niki für den Resub, danke dir. Menschen, ja, Menschen war auch Comedy. Ich weiss noch dort, wo wir hergefahren sind. Dann sind wir irgendwie sehr zu früh dort, glaube Warte, jetzt ist. Nein, weißt du, was ist noch vor dem Menschen gekommen? ich. Magst du dich nicht mehr erinnern? Warte, überlegen. Nein, ich wollte jetzt so nicht zu lange überlegen, scheinbar da. Sag. Ja, der Nino! Ah, der Nino Brown. Ja, mit der dem Nino Lötschen. Brown. Der ist auch ein geiler Sieg, Mann. Ja, der Nino ist wirklich auch. Der ist wirklich ein super Seel. Habe ich jetzt leider auch schon lange nicht mehr gesehen. Irgendwie, keine Ahnung, jeder hat so ein bisschen sein Leben, gell? Und Ja, kannst du auf nicht immer. Krampf wollte ich jetzt auch nicht jedem sagen, so treffen wir uns da oder dort. Ja, ja. Aber er ist auch ein super Seel, der Nino. Sein Bruder hat Los Hermanos. Dort habe ich auch meine, glaube zweite oder dritte oder vierte Folge aufgenommen. Das ist ein Tattoo-Studio. Also Sind wir die auch noch sind in Luzern und vorbeigegangen Zürich, in der Folge, ja. Ja. Und nach dem Nino ist dann, also dort sind wir auf den Bau mit ihm. Und nachher ist eigentlich dann schon, ja, dann ist das Menschen gekommen. Ja. Dann ist schon das Menschen gekommen. Das ist auch ein riesen Vom Nino höre ich heute immer noch manchmal so sein Lied. Da. Das Brasilianische? Ja. Ja. Warte, wie heißt es? Ah, ich habe einfach vergessen, gell? Ich habe es auch vergessen, aber ja, sind meine Lieblingssongs-Playlist. Nino, Mann. Nino. Irgendetwas ein Frauenname. Oder es tönt wie ein Frauenname. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber wenn du sagst, dann. Ja, ist klar. Ja, warte, jetzt Gottfried Stutz. Das ist jetzt halt auch schon wieder länger her, ist schon wieder ein bisschen weiter unten in der Liste. Ich sag nichts gerade, warte einen Moment. Vittoria. Vittoria. Das ist schon geil. Das ist ein geiles Lied. So im Auto, jetzt auch im Sommer und so, hast du das zwischendurch gut können, auf Lautstärke vollpumpen. Ja, Menschen war auch so das Thema. Es war halt auch recht unorganisiert. Bro, brutal unorganisiert. Aber Bro, es das ist- mit dem, das mit dem Gemälde ist auch Ja, Comedy ja. gewesen, Bro. Also dort hat der Chucks gemalt, der Künstler. Mit ihm habe ich die allererste Folge mit aufgenommen. Und der war auch gestresst dort mit dem Malen. Der hat an dem Abend, wo der Club aufgegangen ist, noch die letzten Pinselstrich gemacht. Er hat farbige Finger, alles. Crazy. Aber am Schluss, der Club ist aufgegangen. Shirin David ist trotzdem, dass sie auf der Stage zusammengebrochen ist in Zürich, ist sie nachher noch gekommen, Ja, im Club. aber es war nicht fit gewesen. Aber fit ist sie nicht gewesen, nein. Und wir haben auch nicht mehr können mit ihr reden, was wir gedacht haben, wir können noch. Ja, Aber der Chucks hat ja nicht mal das Bild können geben. genau, gell? er hat ja noch ein Bild für sie gemalt. Das haben sie ihr dann einfach irgendwie ins Auto reingelegt. Ja, Das ist schon. eben manchmal auch so etwas. Leute geben sich so Mühe und es wird dann einfach in den Koffer umgekleidet. Weißt Ja. nicht, ob es überhaupt irgendwo noch steht oder nicht. Ja, vor allem ist es kann für dich als Künstler eine Durchbruchschance sein, wenn du dort ein Foto bekommst oder einen Post hast oder so und sie finden es super geil. Mhm. Und dann ist einfach Trisches. Es ist einfach krank. Es ist einfach, niemand kann wirklich etwas dafür. So. Du willst es auch nicht stressen, weil sie krank ist. So. Ja. Aber Ja, es hat, ich glaube, es hat ihn schon, man hat ihn ein bisschen angeschissen, dass er ein bisschen angeschissen hat. Dann, ja, recht Ja. viel Zeit investiert, Ja. das Gemälde. das ist absolut verständlich. Aber eben, du kannst auch nichts machen, es ist so, shit happened. Ja, Mann. Crazy, Mann. Aber eben der Club, den gibt es auch schon nicht mehr. Der ist schon wieder zu. Oder schon? schon wieder in anderen Händen. Also es hat mal einmal geheißen, ich kann das Video wieder abnehmen. Er ist zu. Und ich muss sagen, du, Wir mir lernen ist doch gleich, ob der Club zu ist. Ich finde es gleich eine geile Folge. Ja. Und Fun Fact: An dem Freitag, oder war es am Samstag? Nein, es war am Freitag. An dem Freitag ist der Brian entlassen worden aus dem Knast. Und an dem Abend ist der Brian plötzlich in den Club hineingelaufen. Schon? Ja. Wo Und wir dort sind? ja, und ich sage nur so: Jungs, einfach der Brian da. Soll ich ihn interviewen? Und dann sagt, Im Video? nein, im Video sieht man ihn Aha. nicht. Aber er war auch im Club. Alle Leute am Schauen, weil jeder hat gewusst. Meinst du nicht, ist er auf irgendeinem Frame drauf oder so, Bro? Das weiß ich nicht. Das Oder könnte ist er recht sein. spät gekommen? Das Aber müsste schon gar auf nicht. jeden Wir sind ja Fall- nicht so lange geblieben. Wir sind schon ein bisschen, Ja, sind wir vor dem 12 gegangen? ich weiß es Auf nicht. jeden Fall, ich habe ihn nicht interviewt, weil ich dachte, ich muss es jetzt nicht herausfordern. Er hat ja schon andere
Journalisten geschlagen. Also ich wollte es nicht riskieren, Bro. Oh, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, das war gehabt. schon recht ein Schockmoment gewesen, plötzlich dort. Nicht? Also weißt du, weil du einfach... Aber ich habe ihn ihn hättest auch gar nicht, erwartet. ich habe ihn nicht gekannt, gell, dann. Nein, ich glaube nicht. Nein. Also ich hätte auch selbst schon, ich hätte nicht gewusst, was, also weißt, ich habe das nicht so verfolgt, ja, also keine Ahnung gehabt. Aber ja, kommt. Aber an sich war eigentlich noch ein schöner Club gewesen, muss man sagen. Ja, So der Raucherbereich, hure chillig eigentlich. mit Shisha. Shisha-Bar dort, ja. Ja, voll. Hinten Privatdings dort. Dancing-Ecke. Ah, ja. Schöne Schallklau. Einfach so ein Tanzbereich. Eigentlich easy gewesen. Und die Leute sind eigentlich auch gut gewesen. Also weißt du, es sind keine... Selbst, also der eine war schon der Besitzer, der mit uns geredet hat, oder? Ja. Aber eben selbst die, die sind nicht... Klar, Besitzer, aber es sind chillige Leute gewesen, so, weißt du, was ich meine? So, es ist niemand auf die Eier gegangen oder hat dich niemand gestresst oder weiss nicht was. Und du hast ja noch am Vortag mit dem Handy mit ihm so ein mäßiges Interview gefilmt, das wir dann reingeschnitten haben. Stimmt. Aber weißt du, das haben wir total vergessen jetzt. Nein. Wir haben voll übersprungen jetzt. Weil im 23 sind ja noch andere Sachen gelaufen. Bro, es ist... Warte, das muss man überlegen. Das Problem ist so, die neuesten Sachen, Wir haben noch so einen gemacht haben... Paris-Trip gemacht. Ah ja, Das war noch im Sommer TwitchCon, 23 gewesen. TwitchCon. Ja. Mit dem legendären T-Shirt. Bro. Ja. Bro, das ist auch eine Legende. Also wir müssen überlegen, wir haben Tickets gekauft, aber die haben wir auch schon... Haben wir die schon Ende 22 in dem Fall gekauft? Wir haben Tickets gekauft für... Im 23, Anfang 23, glaube ich. So Ja. Februar, Januar, Februar oder so. Wir haben entschieden, wir gehen TwitchCon auf Paris. Und wir machen dort ein Video. Dann kommt mit, folgt TwitchCon-mässig. Und dann ist gerade vorher die Szene mit Kick, wo Kick aufgekommen ist. Und dann ist die Szene, also dort war ein riesen Thema von den Shares, also dass Streamer auf Kick viel mehr Geld bekommen. Die bekommen ja, glaube ich, immer noch 95% oder so. Ah ja? Mhm. Streamer auf Kick bekommen 95% vom Geld, das ihr für Sub ausgebt, und Streamer auf Twitch bekommen nur 50% von dem Geld, das ihr für Sub ausgebt. Und das war ein riesiges Thema gewesen. Und da sind dazumals hure viele Leute von Twitch zu Kick gegangen, wegen dem Share eben. Und dann hat Kick auf Twitter gepostet mit einem Bildchen Mitarbeiter des Monats mit dem Twitch-Logo. Ja. So, dass Twitch ihre Mitarbeiter des Monats ist, weil Twitch reinschießt. Gehen hure viel zu Kick so mäßig. Und wir haben das Bild einfach ausgedruckt auf ein T-Shirt und wir sind mit dem Bildchen an TwitchCon gegangen. Ja. So. Ich habe es hure geil gefunden. Es hat uns zwar niemand darauf angesprochen, Nein, aber ein paar haben es glaube ich schon gesehen. aber ich denke schon, dass es aufgefallen ist. Und Ja. die Leute, die wir interviewt haben, zum Beispiel der Adam, das Skyline TV, ihm haben wir es ja noch gezeigt. Und das war ja noch eine lustige Reaction drauf gewesen. Ja. Also wir haben allgemein doch noch ein, zwei bekannte Gesichter vor die Kamera gezogen, auch wenn die eine Antwort einfach für einen Arsch waren. Aber das ist ja so. Ja, Das das ist Ding dann haben wir ja noch meistens so. gesehen. Wie hat er Der geheißen? Revi. Revi, ja genau. Und wir haben auch noch so zwei kennengelernt, einen von Südkorea. Ja, das habe ich fast am witzigsten gefunden, Bro. Das habe ich fast am witzigsten gefunden. Du musst überlegen, wir waren auf dem Rooftop von der TwitchCon. Da hast du ganz aufs Dach rauf können. Hast eine richtig geile Aussicht gehabt auf Paris noch. Seht ihr übrigens auch sehr geile Shots im YouTube-Video. Falls jemand gerade den Link hat, kann man es gerne posten. Und dann sind wir dort einfach so abgehockt auf chillig. Es war auch brutal warm, glaube ich. Wir mussten ewig anstehen, zum Teil für etwas zu trinken. Das war auch so ein bisschen Ass. Sind wir dort abgehockt, haben noch eins geräuchelt und so. Dann haben wir noch beide geraucht. Und dann sind so zwei Asiaten zu uns hergehockt, so. Auf ganz chillig, so, ja, Jungs, was läuft und so. Wir haben schon gesehen, dass sie Partner-Badges hatten. So, die Partner sind, das heisst, die ein bisschen mehr Zuschauerschaft haben und so, die haben Partner-Badges. Und dann hat er so gefragt, ja, kann ich Ziggy und so. Dann haben wir denen eine Ziggy gegeben, die dort eins möchte, so, ja, was geben ihr und so. Dann haben wir so ein bisschen austauscht. Dann er so, ja, er sei da. Der eine ist irgendwie so Travel-Vlogger. Bei dem, ich folge dem immer noch. Ich sehe immer noch, der ist auf der ganzen Welt immer wieder unterwegs und streamt einfach, wo er ist. Und der andere ist, glaube ich, so musikermässig. Und dann haben wir so, ja, mal schauen. Und so. Bro, der hat einfach über 1 Million Follower auf Twitch. Und ich weiss noch, wie so. Die sind einfach so da gehockt, so chillig mit uns am Schnurren, so wirklich auf ganz. Weißt du, nicht einmal irgendwie auf so. Sie haben uns gefragt, so, ja, was macht ihr und so. Und wir so, keine Schiene, wer ihr seid, aber so, Bro. Er war noch kurz vor der Mio.
Er hat gesagt, wenn er 1 Million knackt, kommt er in die Schweiz eins jodeln. Und das Ah, haben ist wir das immer so? noch offen. Also, Bro, der Charming mal- Joe heisst er. Ist es Charming Joe? Ja, Charming Joe, du hast gesagt, you've said, when you reach 1 million subs or follows, you come to Switzerland and jodel. Aber bis heute Yes. ist er nicht gekommen. Maybe we have to tell you said this to us at the TwitchCon Paris in 2023. So. Er hat dann seine Million geknackt, aber bis heute ist er nie in die Schweiz gekommen. Ja. Also was ich ihm nicht kann übel nehmen, Bro. Bro, weißt du, von diesen 1 Million Leuten ist keiner ein potenzieller Zuschauer für uns. Ja, so, weißt, ja, wir ja. würden wirklich null davon profitieren. Nein, es wahrscheinlich. geht ja gar nicht um das. Es geht Aber es darum, wäre witzig. dass er sein Wort nicht gehalten hat. Ja. Aber es ist eigentlich absehbar, dass er nicht kommt. Weißt du? Ja, Bro, das fix schon vergessen. Mm. Das war schon Erfahrung dort in Paris. Wir haben uns dann noch ein paar schöne Tage gemacht. Also vielleicht noch kurz zu der Anreise. Wir sind einen Tag vorher am Frauenfeld gewesen. Oder besser gesagt, wir haben eigentlich abgemacht, eine Komm-mit-Folge mit dem EAZ zu filmen, einen Tag vorher am Donnerstag am Open Air Frauenfeld. Und der Roy ist schon am Mittwochabend zu mir gekommen. Und nachher, ja, haben Extra frei genommen alles. wir haben wirklich Ferientage immer, geopfert. also wir haben wirklich so viel investiert, Freitage daran gegeben, dass wir das machen können. Und es ist auch nicht so, dass wir das vorher rausposaunt haben, weißt du, was ich meine? Es ist einfach, wir haben das gerne gemacht, aber schlussendlich einfach für einen Arsch teilweise. Ja. Aber wir haben auch nie etwas. Das habe ich auch gut gefunden. Wir haben nie etwas teasert oder so, wenn sich etwas, wo du hast genau gewusst, vielleicht klappt es nicht. Ja. weißt Also mal, ich muss dazu sagen, ich habe schon Pause gehabt, was hättet ihr für Fragen, weil es ist eigentlich du. schon Ah, relativ stimmt, fix das hast, gewesen. aber das war am Tag vorher. Gewesen, Ja, oder? ja, Weil ja. Dann ist ja so, dann gehst du davon aus, es Ja, ja. klappt. Aber es ist halt. Aber ja, am Schluss haben wir dann an dem Abend um 11 Uhr von ihm noch die Nachricht bekommen, dass es nicht klappt, weil anscheinend sie keinen Mediapass haben können organisieren. Ja, und das ist eigentlich für mich schon recht, Alter, das hat mich richtig hässlich gemacht, weil erstens, nicht mal wegen mir, weißt du, sondern der Roy hat sich die Zeit genommen, um dort hinzukommen, hat sich frei gemacht und so und dann hockst du einfach dort und denkst so, Alter, wer willst du verarschen, weißt du? So. Ja, dann... Aber wir sind ja nicht gleich als Frauenfeld. Ja, genau, wir haben uns gedacht, hey, why not einfach so aufs Frauenfeld gehen. Sponti VIP-Pass gekauft. Auf Geschäftsnacht schnell Sponti VIP-Pass geholt, sind dort das Frauenfeld und das Frauenfeld noch genossen. Und dann wäre es eigentlich Plan gewesen, dass wir am anderen Tag, am Freitag, am Nachmittag irgendwann auf Paris fliegen von Zürich. Aber es ist dann am Frauenfeld am Abend, wo wir waren, mein SMS gekommen, ja, ihr Flug ist gecancelt worden für morgen. Und ich, Stimmt, das war auch noch. Gewesen. ja, what the fuck, Alter. So, what the fuck, Alter, jetzt cancelt zuerst EAZ, weil sie kommen mitfolgen, nachher cancelt Swiss unseren Flug. Sie haben uns dann umgebucht, wir haben dann müssen von Zürich auf Genf fliegen. Und von Stimmt, Genf auf Bro, das Zürich, habe ich alles gar von nicht- Genf auf Paris dann. Okay, unser Flüger 20 Minuten Verspätung in Zürich, wir fliegen los und ich glaube, vorher ist noch niemand auf Genf geflogen von Zürich. Du startest und wenn du die Höhe erreicht hast, gehst du gerade wieder in den Sinn geflogen. Es ist ein 20-Minuten-Flug. Aber durch das, dass wir 20 Minuten Verspätung hatten, haben wir den Anschlussflug in Genf verpasst. Also, wir hocken in Genf mit dem verpassten Flug. Was machen wir jetzt? Ja, wir gehen, das ist aber auch noch etwas. In Genf hast du eine französische Seite und eine Schweizer Seite. Das heisst, wir müssen auf die französische Seite an den Schalter dort sagen, dass unser Flug abgeflogen ist, weil der andere Flug Verspätung hat. Das heisst, sie haben unser Kontingent aufgebraucht von quasi Paris nach Zürich, weil wir ja schon 2 Flüge gebraucht haben. Und dann haben wir können irgendwie 2 Stunden später von Genf auf Paris fliegen, aber haben dann wieder müssen auf die Schweizer Seite retour und wieder durch die Secchi-Kontrolle. Also wir sind schlussendlich 3-mal durch die Secchi-Kontrolle gelaufen. Und der Security-Mensch am 3. Mal schon hello, welcome Sir, welcome back Sir. Und wir haben wirklich keinen Bock Bro, mehr ich habe gehabt. ich habe das komplett vergessen. Nein, ich gar nicht, Bro. Das ist für mich, das Aber lebt jetzt, rent-free. was du erzählst, kommt es schon wieder. Aber ich hätte nie mehr daran gedacht, dass wir schon nur, dass wir von Zürich extra auf Genf, das ist voll vergessen, Auf man. jeden Fall, wir sind dann in Paris angekommen am Abend, am 6, 7. Haben dann dort bei irgendeinem kleinen Kiosk können den Schlüssel fürs Airbnb holen. Und Stimmt, ist der Bro. nächste Schock gekommen. Wir zuerst den Eingang nicht gefunden, dann irgendwie reingekommen und dann der Lift.
Es steht 3 Personen, aber es passt genau jemand rein mit kleinem Ja. Koffer. Max. Also so 3 Napoleons hätten gepasst. Ja, Aber- aufeinander vielleicht, aber nicht Ey, nebeneinander. wirklich, also ich habe nicht mehr viel Platz gehabt vorne. Also, da kann man auch etwas einblenden nachher, aber nein. Und dann haben wir dort oben gepennt. Wenn du aus dem Fenster geschaut hast, links, hast du gerade den Eiffelturm gesehen, immerhin. Das war geil, gewesen, Und ja, nachher sind wir an Twitch gegangen. Nachher ist eigentlich relativ alles super gelaufen bis zu der Abreise wieder. Dort hat es nachher geheißen, ja, unsere Flüge sagen nicht um, weil sie eben unser Kontingent aufgebraucht haben von den Flügen. Und ich habe dort schon schüch abgeschlossen, dass wir gar nicht mehr heimkommen. ja. Das ist eigentlich auch eine absolute Szene. Gewesen, Aber ja. irgendwie hat sie dann Aber dort geregelt. gar nicht mehr. Ja, du hast halt am Schluss, wenn du so Videos produzierst, du hast einfach noch so ein bisschen im Kopf, was du gefilmt hast und so, und als nebenbei gelaufen hast. Bei mir verschwindet das irgendwie. So. Ja, nein, bei mir bleibt das wirklich crazy, ja. Ja. Sonst, die Stadt habe ich eigentlich noch easy gefunden. Sie hat mir, also, weißt, klar, irgendwie jetzt Paris, du hast immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ja. Ich weiß auch nicht, weil du einfach von Paris so hure viele schlechte Nachrichten hörst. Von wegen... Aber es ist auch nicht mehr, dass es war, Bro. Nein, es ist nicht mehr. Aber es hat schon noch ein bisschen den Flair. So, dort Ja. am Strössli hocken, im Käfeli und so, das habe ich schon gefühlt. Gut, aber das sind eben. Das ist schon geil. Aber das sind genau die Straßen, die noch einigermaßen clean sind. Sobald du zwischen Ja. Straßen hineingehst, das ist einfach Little Africa und das ist no front, weißt du? Es Ja. ist einfach. Es ist außer Hand gerade. Das ist also crazy. Ja. Und ich meine, die Leute, die sagen, nein, es ist nicht so, die sind einfach wirklich nur an den Touri-Spots gewesen, wo ein bisschen geschaut wird. Gehen mal in die Seitenstraße rein. Also, Nein, macht's Paris nicht. ist Macht es schon- besser nicht, aber gehen mal schauen. Es hat auch so viele Schon Strassenverkäufer, das ist das, was mich ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig, nicht traurig, mal, es ist halt einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Das ist zu viel für die Stadt Ja. einfach. Ja. Es hat alle 5 Meter einen mit dem Tuch, wo allen Ecken ein Seil dreht, damit er schnellstmöglich wegrennen kann, wenn die Polizei Ja, 2-3 du Mal laufst, am du Tag laufst vor, durchfährt. also wenn du, sag ich mal, wenn du zum Eiffelturm laufst, dort noch ein bisschen chillst, wieder weglaufst und sag ich mal, der Aufenthalt von, du hast einen Stunde Aufenthalt, sag ich mal, mit dem Mhm. Herlaufen und Weglaufen und ein bisschen bleiben stehen. Bro, die Leute, die sind etwa 5 Mal haben sie das Zeug gepackt und sind gesäckelt Mhm. dort und etwa 5 Mal ist irgendein Kopfkarren Mhm. hergefahren. Das ist einfach so das rundum, wo er so ein bisschen, Es ist ist so ein halt bisschen dort, wo so ein bisschen denkst, so, Bro, ist schade, so irgendwie, dass das da Nein. so ist, weißt du, aber es ist halt einfach Symptombekämpfung. Wie du überall kannst auf der keinem Welt. einen Vorwurf machen. Du kannst Ja. denen nicht einen Vorwurf machen, dass sie dort probieren, ihre Shit zu verkaufen und irgendwie Die ein bisschen- versuchen auch nur zu überleben. ja, oder? oder dass die Polizei das probiert zu beräumen, weil es halt für viele dort unangenehm ist, weil es halt ein Tourispot Mhm. ist. Aber es ist halt so, ja. Es zerstört ein bisschen das Ja. Paris-Bild. Es Wir haben zerstört ein bisschen das. Wir haben ja sogar noch, wir haben einen Taxifahrer gehabt, der ist 40 Jahre in Paris gewesen, hat er gesagt. Und er hat ja selber gesagt, es ist nicht mehr das, was es war. Ja. Es ist auch nicht mehr die Stadt von der Liebe. Ja, aber Bro, die Welt ist auch nicht mehr das, was Ja, sie es ist. ist Weißt du, wir klar. können es über die ganze Welt ausweiten. Es ist ja so, es werden immer mehr Leute, es wird immer mehr Spannungen geben, aber irgendwie, wenn man halt nicht miteinander redet oder keine Ahnung. Das ist für mich jetzt ein grosses Thema. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster Nein, lehnen, nein. sage ich euch ehrlich. Ich kann einfach nur sagen, es ist zu viel. Für das sind wir nicht da, für das. Es zu ist lösen. überladen. Ja. Aber ja, Paris haben wir dann eben auch mal gesehen. So nach 2 Ja. Tagen, so ein bisschen Notre Dame und ein bisschen Louvre und so dort. Wir sind schon noch viel rumgelaufen in der Stadt. Ja, wir haben schon ein paar Schritte gemacht. Wir haben auch noch ein paar Content, also ein paar Videos gemacht für uns selber einfach. Ja, so ein bisschen für Insta, so ein Mhm. bisschen schöne Dinge. Dort habe ich noch dort habe ich das eine Reel, das ich gemacht habe, finde ich heute Das ist immer noch geil, cool. ja. Das mit den Cutouts und so, ja. das feiere ich bis heute immer noch. Schaue ich gerne noch. Das So ist- Sachen eben, so Zeugs filmen, ich liebe es einfach, nach das Zeug anzuschauen. Ich habe das letzte Mal schon, ich weiß nicht, mit wem sie darüber geredet, ich glaube mit Barracks, der auch da war. Ich mache sehr gerne so Videos, dass ich es einfach später selber anschauen kann. Ja. So zum, Das ist wie ein Videotagebuch. ja. Ja. Vor allem eben das Hero Fest Video, dann, wo du auch drin bist. Das ist so, ich liebe das, ich schaue das alle Jahr mindestens 5 Mal irgendwie. Es gibt ja 2 Teile noch sogar. Ja. Und ich finde es so geil. So. Ich bin so selber nicht einmal vor der Cam, sondern eben mal ab und zu. Aber nur so für kurze Sachen irgendwie. Und sonst der Barracks oder so, der erzählt. Aber ich weiss genau so, für mich ist es vielleicht am speziellsten, weil ich weiss, ich bin am Filmen gewesen, so, Mhm. weißt, aber die anderen können das gar nicht Ja, nachfühlen. wir sind auch mit ganz anderem Feuer damals unterwegs gewesen. Weißt du, wie ich meine? Also weißt, das dürfen ihr da draussen auch nicht falsch verstehen. Vielleicht kann ich das auch nur aus meiner Sicht sagen, aber es ist, wie soll ich sagen, man hat noch nicht überall durchgesehen.
Also Ja, es ist für vielleicht mich ist so das. gewesen. Es vielleicht ist ist so, das. Oder du hast noch nicht alles hingefragt. ja. Weißt du, was ich meine? Einfach so das, ich bretsch raus, weißt du? Ja. Und jetzt ist so, ja, soll ich? Ja, Es ist eben schon so. Es ist eben schon so. aber es ist. Also, ich sage jetzt mal so etwas wie ein Hero Fest oder eben auch die LAN, das ist etwas, wo ich mich alle Jahre werde. Ich weiß nicht. Das wird ja auch. Ich werde wahrscheinlich einer von denen sein, der im 50 nach dieser LAN hat. Ja, es, mit dem Kind nachher. ja, mit dem Kleinen, ja, dann nehme ich ihn mit. Aber das ist. Ich finde auch einfach, das Hero Fest. Also, ich weiß auch nicht, ich muss jetzt dieses Jahr wieder mal noch ein bisschen neu spüren. Letztes Jahr hatte ich es irgendwie nicht so gehabt. Aber es ist auch immer, das ist einfach. Es ist so eine Lockerheit dort, wenn du dort bist. Weißt du, was ich meine? So, es ist jeder dort, weil er gerne Gaming hat oder es sind ein paar Streamer dort. Klar, es ist jetzt nicht mehr die Bubble von früher, aber eigentlich immer noch ähnlich so. Einfach, dass alle ein bisschen länger dabei sind. Ich würde dieses Jahr gerne mal mit so ein paar neuen, vielleicht weißt du, neue, man trifft ja ab und zu schon ein paar Leute, die neu anfangen zu streamen oder Ja. so. Aber mir denkt es auch, klar, eben jetzt, weil wir länger dabei sind, man kennt sich inzwischen halt schon. Aber es ist einfach so eine Lockerheit rum und ich finde den Vibe dort einfach hure geil und ich freue mich. Ich habe letztes Mal schon genug darüber geredet, ich meine jetzt nicht eigentlich nochmal, aber ich freue mich immer noch riesig auf die Fest. Unter anderem natürlich eben wegen diesen Videos und so, weil du so... Es hat schon fast etwas Nostalgisches Ja, wegen hat's diesen auch, Videos. hat's Ja. auch, Bro. Obwohl es erst vor 4 Jahren oder so Ja, war. ja. Aber du denkst so, wow, Bro, ist schon geil und so. Alle Jahre wieder. Ja, aber es war so ein bisschen Magie in der Luft gewesen damals. Aber das Ja. war eben auch so gewesen für mich, weil es neu war. Das ist natürlich bei allem so. Oder? Wenn du etwas Neues erlebst, dann, wie soll ich sagen, geht etwas viel länger oder es kommt einem viel langsamer oder länger vor, weder wenn du es schon kennst, dann ist es so. Ja. Aber weißt du, genau wegen dem glaub bin ich jetzt eben so dran mit mir geht es als Clan, Ja. wir haben eine Gruppenreservation, wir haben Banner bestellt und so zum Ja. Aufstellen, wie die anderen das ist schon hatten wieder oder etwas LAN. Neues, ja. Und ich bin schon am Planen eigentlich, also ich habe das letzte Mal in den Chat geschrieben, meine Idee ist eigentlich schon, dass wir mal, wenn wir als Clan wachsen oder so, oder als Verein, ich werde uns schon fast lieber ein bisschen als Verein, weil Clan und immer so, Bro, Clan habe ich mit 12 gehabt, mit Ja, COD, Sniper Clan, uns XXHD12, Für uns war der Toxic Clan. ja. Alle zusammen, der wird Hast du Toxic gemeint, Physi. XX Toxic war Ja. XX, oh mein Gott. Ja, und bei uns es soll nicht nur so bei dem, ja, wir gamen zusammen. Bro, also, ich muss jetzt schnell abschweifen, aber ich habe letztes Mal so ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob es von früher ist oder ob das aktuell, ob das bei den Jungen immer noch so ist, wenn du einen Clan hast, dass sich so Leute müssen bewerben für einen Clan. Mhm. Und dann habe ich so ein Video gesehen, so, ja, alle zusammen. Also so auf Hochdeutsch, glaube ich, aber weißt du, so mäßig. Alle zusammen, ich bin der Philipp. Ich nehme jetzt einfach den. Ja, ich bin 12 und ich zeige euch jetzt, wie schnell dass ich bauen kann. Und dann sieht er so, er baut so im Fortnite und so. Und ja, ich habe so und so viele Wins und ich würde mich gerne für einen Clan bewerben. Nein. Dann hört so im Grund so, ja Jungs, eben, das ist jetzt der Philipp. Jetzt ist die Frage, wenn wir ihn aufnehmen bei uns und so. Und ich finde das auf eine Art, also, es hat mich eigentlich nicht einmal gross cringed so, sondern als Hure so, es hat mir wie Flashback-mäßig so gegeben, so ja, bei uns ist jetzt, wir haben noch nicht unser Gameplay aufgenommen und so, müsst es bewerben. Ja. Aber du bist halt mal so in die PS-Party reingekommen. Dann so, ja Jungs, kann ich mal mitspielen und so. Und so, ja, also komm mal eine Runde. Und dann ist der wieder gegangen, der neu ist gekommen vielleicht. Und dann so, ja Jungs, wir müssen schauen, dass der bei uns ist und so, weißt du. So. Bro, bei uns war es wild. Bei unserer COD-Zeit hat es geheißen, ja, du kommst nur in den Toxic-Clan rein, wenn du einen 1er KD hast. Ah, schon? Ja. Und ich bin dort noch ein bisschen am Schwimmen gewesen, mit so 0,95er und so. Und nachher habe ich es irgendwann geschafft. Und dann haben wir so das dritte, der Louis, der Can und ich, haben dann den Toxic-Clan so gegründet mäßig. Dann ist noch mal Louis sein Bruder dazugekommen. Also ich bin der XX Toxic, nein, Fox XX gewesen. Der Louis ist der XX Toxic Louis, Louis XX gewesen. Und der Can ist der Ghost XX gewesen und sein Bruder der Beast XX. Und nachher wäre nochmal jemand dabei gewesen, der Malek. Aber er hat keine Quote gehabt. Nachher haben wir so, ja, schwierig und so. Studier, wie traurig. Einfach Wie Kollegen. traurig wir gewesen sind. So. Ja, nein, du hast leider noch keiner KD, Bro. Sorry, vielleicht nächsten Monat, weißt du. So. Bro, dann ist es einfach so weit gegangen, dass er sich
irgendwie eine neue PS geholt hat und dann hat er sich einen neuen Gamertag müssen erstellen und dann hat er sich auch einfach Toxic genannt, oder? Das war ein riesen Thema gewesen. Bro, er hat gar keiner KD und nennt sich so. Bro, Shoutout an Malik, man küsst dein Herz. Ich hätte dich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber Legende. Bro, eine riesen Szene gewesen damals. Einfach nur wegen Gaming und einer KD und so. Aber das war geil. Das war geil. Ja. Gut, aber ich bin glaube nicht in so vielen, dann zumal COD, haben wir einfach unter den Kollegen gegeben, bei uns ist das Thema Clan gar noch nicht so groß. Erst, als ich nachher von YouTube-Videos mache, Mhm. mit Sniping-Sachen, Trickshots, Mhm. da hat es dann geheißen, ja, der ist von ich weiß nicht mehr, wie die Clans geheißen haben, aber du hast gewusst, so. Face hat es natürlich gegeben, Mhm. aber Face-Leute hast du natürlich nie gesehen. Mhm. Dann so, oh, boah, der ist von dem Clan und so, die hat dort dies, das. Und dann hat es angefangen mit, bei YouTube hat es natürlich dann angefangen mit, da habe ich nicht teilgenommen, aber eben, dass du an einem Clan hast können joinen, hast so deine Montage müssen einschicken und so. Mhm. Das war dann aber schon ein bisschen grösser gewesen. Jetzt ja bei Face damals auch gegeben, wie das eskaliert ist. Aber ich habe es immer so in den kleinen Kreisen habe ich es fast am witzigsten gefunden. So, eben so wie bei euch. So, ja, Mhm. der Malek hat noch keinen gehabt, der kann nicht mit Er uns kann nicht spielen. mitspielen, Bro. Er kann nicht mitspielen. Legende. Ja, aber und jetzt, wir sind aber glaube ich noch bei der Magie gewesen vom Hero Fest irgendwie ursprünglich. Mhm. Und eben jetzt so mit dem Verein. Und meine nächste Idee ist eigentlich schon, dass man am Hero Fest wie einen kleinen Tisch hat, wo du schon, weißt, Besucher vom Hero Fest schon kannst, irgendwie, dass die Verein schon mehr ein bisschen gegen aussen kannst zeigen. So, weißt, ich bin schon ein bisschen, ich bin schon so am Denken. Mhm. Wegen dem ist für mich die Magie auch immer noch um. Mhm. Nicht für das ich privat gehe und das so Mhm. enjoyen und chillen und gut habe. So für andere. Sondern wirklich so mit dem Verein zusammen. So, weißt, wir wollen den Verein repräsentieren, wir wollen repräsentieren, dass wir hier eine Gemeinschaft sind von Leuten, die gerne Fußball haben, gerne IEFC zusammenspielen, dass wir gute Klicken sind, dass wir auch offen sind, dass jeder dazustoßen und so. Und eben jetzt zuerst mal Atlant zusammen. Aber ich bin schon so weiter am Denken. Und wegen dem ist die Magie auch immer noch um. Es ist jetzt wie auch etwas Neues dieses Jahr mit den Leuten, die ich alle gar nicht kenne, gefühlt aus dem Chat. Und wegen dem freue ich mich immer noch riesig. Ich weiß nicht, ob es so ist, wenn jetzt immer noch einfach so wird, weißt, mit den Barracks und so unsere Gruppe gehen. Ja, wegen, man kennt es, man weiß Ja. ungefähr, wie es aufgestellt ist, man weiß, wo welche Leute chillen, man weiß so, Ja. das Grüppli chillt sicher immer beim Feldschlössli stand. Also weißt du, was ich meine? So, Ja. ja, eben irgendwann hast du auch durchgesehen und ich muss sagen, so die einen Leute von der Bubble bin ich froh, dass sie nicht mehr kreuzen, weil sehr speziell. Aber handkehrum muss ich sagen, ich habe durch das Ganze sehr viele geile Leute kennengelernt, wie dich, wie der Enki, wo ich sehe nicht viel, aber wenn ich ihn sehe, wir verstehen uns direkt Idee, was läuft und so, ja, ich sehe die Videos dort und so. Ja, fix. Man ist also gleich so gute Leute angelaufen. Und Aber es hat auch viel Spezielles, muss man schon sagen. ja. Also ich wollte ja nicht auch davon. ich will nicht auf den Finger mit jemandem zeigen, aber die Gaming-Industrie hat natürlich schon auch spezielle Charaktere. Ja, automatisch. Ja. Also, Also es hat es überall, Ja. das ist klar, aber das ist wieder etwas, wo man sich zurückziehen kann. Man kann in seinem kleinen Keller, wenn ich spielen und ja. es interessiert niemand. Aber es ist halt schon krass, wie es auch Leute verbindet. Eben jetzt, ich meine, wir hätten uns nie kennengelernt, wenn wir nicht gestreamt hätten Nein. oder etwas in dieser Richtung gemacht hätten. Und das hat nachher wieder zu weiterem geführt. Ich meine, hätte ich dich nicht kennengelernt, hätte ich nie selber mich so gepusht, zum selber filmen. Also ich habe sehr viel von dir mitnehmen lernen, auch wenn du in Action bist, schau ich, wie du das Begeisterung machst. einfach Und auch so. ein bisschen. Ja. Und du bist auch einer, der mich dann unterstützt und auch Tipps gibt, wie hat man die Kamera, was stellt man ein und so. Das ganze Logfilm habe ich von dir gelernt. Weißt? Ja. Schlussendlich habe ich noch schon YouTube-Videos geschaut, aber du bist meine Ansprechperson gewesen, oder? Ja. Oder Ja, immer du musst noch. auch, es muss ja auch wie jemand, es muss ja fast wie jemand da sein, der dir auch eben ein bisschen zeigt, so, was ist eigentlich geil an dem. So. Und dann, entweder kannst du es auffassen, weil du es eben checkst, Ja. oder du checkst es nicht. Ja, Aber und du hast gewusst, um was es ist. Du hast die Unterschiede gesehen von, das ist geiler als Ja, das ja. und mit dem kann ich mehr. aber ich du hast es will auch auch- irgendwie zugänglich gemacht, weißt? Ich meine, wenn Ja, Bro, aber ja, weißt, eben, ich bin auch einfach begeistert gewesen Mhm. davon. Und dann tust du dich einfach damit auseinandersetzen. Und bei dir hat es halt so wie der Funke ist einfach übergesprungen. Ja. So, Bro, ist schon geil, auch so Videos machen. Aber bei dir ist es natürlich jetzt mehr noch auf Drohnen. ja. Du hast ja auch mit Log mit der Drohne. Ja, alles. Eben, ja. alles. Mittlerweile tue ich alles in Log filmen. Am Anfang ist das halt eine riesen Physik für sich irgendwie. Man muss zuerst mal herausfinden, habe ich überhaupt auf Video eingestellt oder Foto. Und ich habe mir meine erste eigene Cam ja erst vor 1,5 Jahren geholt.
Vorher eben keine, also ein ZV1 habe ich gehabt, aber mit der kannst du nicht geile Sachen. Hast du jetzt die 7C immer noch? C2, ja. Aber, Ich würde mir dann wahrscheinlich jetzt noch einen zweiten holen, irgendwie einen FX3 oder so. Sicher einen krasseren noch, aber wo auch Sony-Log-Profil hat. ja. Gut, Aber- FX3 wäre schon gerade oben reingeschossen. Ja. Ja. Das wäre wirklich. Wolltest du gerade so? Bap. Ja. Wenn, dann glaube ich eben schon. Weil Okay. mit der Sony Der A7C2. Enki, ich weiß jetzt nicht, ob er so heute, der Enki kommt ja heute noch vorbei. Der hat jetzt von Sony FX2 mal bekommen zum Ja. Testen. Aber ich weiß nicht, ob er es jetzt Ist heute die neu mitnimmt. jetzt, oder? Nein, ich glaube, das ist eben die ältere. Ah. Ich glaube, 3er ist schon die neue. Moin. Hey, vielleicht noch kurz nochmal in den Chat, falls ein paar neue Leute da sind. Wir machen heute Podcast. Also, wir gehen nicht so viel auf den Chat ein. Freue mich natürlich, seid ihr alle da. Jensen, Peppi. Schön, seid ihr mit am Start. Aber beim Podcast machen wir nicht, gehen wir nicht so viel auf den Chat ein. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne stellen. Wir schauen, dass wir irgendwann mal ein Zeitfenster finden, wo wir die beantworten, wenn es Fragen sollte geben. Und sonst sind wir einfach da, um euch heute Morgen ein bisschen zu unterhalten. Ja? Aber schön, seid ihr am Start. Ja, und zurück zu denen komm mit. Also nach dem Menschen ist dann noch X the Dog gekommen. X der Tag, ja, ist mir vorher auch gerade in den Sinn gekommen, wo du davon geredet hast, wegen wie Filmen, Engel und so, wo dort bei ihm auf der Bühne ist schon auch geil gewesen, Ja. schon gefühlt zum Filmen, ja. Wir haben schon Mit den geile, wir haben so viele verschiedene Persönlichkeiten und Branchen können zeigen bis jetzt schon. Eben, es macht es auch abwechslungsreich dann. Ja, extrem. Es ist natürlich auch wieder X the Dog, ganz anderer Charakter, wie jetzt zum Beispiel ein Jordan. Ein Jordan, er redet einfach von der Seele. Ein X the Dog, den musst du ein bisschen aus der Reserve locken und sagen, komm, erzähl mal ein bisschen. Aber es war auch trotzdem eine mega geile Folge, eine mega coole Persönlichkeit. Leider jetzt schon länger nicht mehr gehört von ihm, was Musik anbelangt. Aber ich glaube, er muss sich auch irgendwie neu finden. Ja, schon, Aber es war auch einfach viel gewesen, auf einmal damals. Mit Rap City gewinnen, Contest gewinnen, mit Distribution-Vertrag mit Sony und dann ist Ja, glaube ist auch ich nicht kurz ganz so- ausgebrannt gewesen. Ja. Also ist schon mein Gefühl gewesen. Ja, und nachher haben wir wie immer ein bisschen müssen so ein bisschen ansitzen und schauen, wie geht es weiter, was priorisieren wir, weil eben, wir haben sehr viel Zeit und Geld investiert in das Komm-Mit-Projekt. Und wir haben eben auch sehr viele Absagen und Versetzungen kassiert, Ja. was schlussendlich uns halt auch wieder so ein bisschen nicht deprimiert, aber irgendwo durch musst du dann schon halt auch so, wo lenke ich jetzt meine Energie an? Ja, du musst irgendwann schon ein bisschen abwägen. Es ist jetzt in dieser Zeit, sage ich mal, wo wir es gemacht haben, wir haben es vielleicht nicht geschafft, dass das Ganze so erfolgreich wird, wie wir es gerne gewünscht hätten. Und ich sage auch jetzt noch, es ist nicht so erfolgreich geworden oder noch nicht. Weißt, auf YouTube ist schon Content sehr lange Zeit verfügbar. Es kann auch immer noch plötzlich, Leute können es noch entdecken und sagen, hey, geil und so, vielleicht kommt etwas Neues. Aber es ist auch noch nicht so erfolgreich geworden, wie es verdient hat, sage ich jetzt mal. Weil wenn ich die Folge anschaue und jetzt schaue, was zum Beispiel auf dem SRF teilweise Dokumentationen laufen, muss ich sagen, inzwischen mit dir sowieso noch mit den Drohnen und so, also wenn die uns einen Auftrag für einen Doku würden geben, würden wir die mindestens, wenn nicht sogar besser, herfetzen als das, was ich teilweise im Fernsehen sehe, wo wirklich sehr, sage ich mal, es ist halt teilweise im Fernsehen sehr, wie soll man machen? Es ist eben schon sehr das Geradlinige und das Steife, ein bisschen teilweise, wie es gemacht ist und so. Und ich glaube, wir würden das ein bisschen frischer teilweise aufsetzen. Und ich würde uns voll sehen, wenn jetzt SRF würde kommen und sagen, da, wir geben euch ein Budget, bekommen beide sehr gut bezahlte Aufträge und so. Da, weißt, klar, dann du musst sehr viel flexibler sein. Wir sind beide noch angestellt und arbeiten noch. Aber wenn wir jetzt selbstständig wären und einen Auftrag würden bekommen, da, habt ihr in diesen 2 Wochen seid ihr dort, eine geile Dokumentation produzieren. Ich glaube, würden wir schon sehr, sehr geilen Scheiß machen, der auch ein bisschen an der Neuzeit ein bisschen wird funktionieren. Aber Ja, dort muss man halt dazu sagen, in der Schweiz ist es halt relativ schwierig, Aufmerksamkeit generieren, die bleibt. ja, Also du kannst relativ schnell Aufmerksamkeit generieren, weil die Schweiz ein kleines Land ist. Und ich muss mich auch selber an der Nase nehmen. Ich hätte viel, viel mehr können posten im TikTok, wo auch immer. Aber ich habe es eigentlich gar nicht gefühlt, mehr rauszuhauen oder mehr aufzufallen oder so. Weißt du, was ich meine? Sondern es ist schon so, dass man es nice würde finden, wenn es mehr Leute würden sehen, aber es ist jetzt nicht so, ich muss. So, und Ja. darum ist auch nicht mehr gekommen in dem Sinn. ja. Ich meine, wenn du auffallen willst, dann haust du etwas raus, das Emotionen weckt.
oder halt mega Clickbait ist. Ich sage, das siehst du ja heute auch wieder. Ja, gut, Es ist ja so viel das sind wir Content, das sind wir nicht, ja. zieht, wo ich mich einfach nicht könnte damit identifizieren. Und dann ist es halt so, weißt du, ich meine, wenn es irgendwann plötzlich in den Algorithmus kommt und die Leute fühlen es plötzlich dann geil und sonst halt nicht, aber ich will es nicht forcieren oder das Zeug overloaden. Ich bin da einfach nicht der Typ, habe ich müssen merken. Und was Nein, ich sind auch, wir ja beide nicht. Also weißt du, ich bin auch das mir regt das auf das Clickbait und Bullshit-Content und wirklich so Brainrot-Shit-Content einfach viel besser läuft, sage ich jetzt mal. Läuft im Sinn von, es geht viraler und die Leute schauen es mehr und so. Meistens tust du die Videos ja gar nicht mit einer Person in Verbindung setzen, weil niemand sein Gesicht zeigt, sondern es ist eben wirklich so Nonsens-Content. Anstatt dass halt wirklich so geiler Content mit einer Story, wo viel also Aufwand ist. Also es geht mir nicht nur darum, dass das ist auch so, für mich muss nicht aufwendigerer Content der bessere Content sein. So, aber weißt, wir machen uns Gedanken, wir überlegen uns, wir organisieren und wir machen auch Gedanken, wie bauen wir das Video auf, dass es eben wirklich entertaining ist, dass es wirklich, dass man es schauen kann, dass man 20 Minuten kann schauen kann oder 40 teilweise. Und dass halt das nicht funktioniert wie irgendein TikTok-Video von weiß doch nicht. Ich sage, wären wir 5-10 Jahre vorher gewesen mit dem Format, wäre es noch viel zu früh gewesen, aber es hätte von der Zeit her besser gepasst. Das ist möglich. So, weil jetzt ist es halt viel kurzlebiger. Am besten, du wächst jetzt bei Leuten Emotionen wie im gleichen Video müssen sie brüllen, lachen und sie müssen sich noch identifizieren mit dem am besten. Ja. So. Und das machen ja teilweise Leute sehr gut, mit dem, dass sie irgendwie noch raushauen, hey, ich bin seit 6 Monaten arbeitslos, aber ich gehe jetzt auf Japan. So, weißt du, Leute, die jetzt checken, sie wissen, wer ich meine, aber es ist so, du hast am Schluss nicht wirklich viel davon, es ist einfach sehr viel geschrien worden und irgendwelche Bullshit rausgehauen worden. Aber ich musste über die Zeit jetzt sagen, ich habe damals im 21. Steve Merson ist bei uns im Stream gewesen, und man hat so seine ganze Entwicklung miterlebt, oder ich jetzt, und ich muss sagen, ich will das nicht. Ich will nicht die Aufmerksamkeit, nicht die keine Aufmerksamkeit, und darum habe ich es wahrscheinlich auch nie weiter gepusht. Ja. Weil Also ist bei ihm schon auch, also bei ihm ist natürlich schon auch die Art und Weise, die ich absolut nicht will sein. Ja, er ist auch nochmal ein Extrem, Ja. weißt, aber ich muss auch an der Stelle auch immer sagen, so, ich tue immer, auch wenn ich sage, hey, das will ich nicht sein und das, ich muss den Leuten gönnen, wenn sie so wollen sein und wenn das für sie passt und so. Und der Hustle dahinter ist auch immer gleich trotzdem vorhanden, wo man auch immer muss respektieren. Aber ich muss sagen, ich will das auf gar keinen Fall. Also ich will nicht, ich würde nie vor der Cam herstehen und die Art Content so machen, einfach damit deine Reichweite bekommst, damit er vielleicht etwas Sinnvolles machen kann, was ja anscheinend seine Idee ist. Oder? Jetzt zuerst Reichweite generieren und dann etwas Sinnvolles machen. Auf Sinnvolle warten wir im Moment noch, mal schauen, was kommt. Morgen Garlic. Nein, du, aber das, ja. Aber wir haben geil. Was ist nachher gekommen? Wo sind wir gewesen? Nach dem X The Dog. ist wie mal kurz Pause gewesen, weil du halt auch sehr viel mit dem FIFA-Content angefangen hast zu dieser Zeit. Stimmt, ja. Dann haben wir wie mal so ein bisschen, also pausiert einfach, eben, du hast dein FIFA-Zeugs gemacht, ich habe mal selber weitergeschaut, wie es geht, haben dann dort den Sun-Ice-Vlog im Vlog-Style eigentlich wieder gemacht. Stimmt, ja. Bin dann noch in die Türkei für ein paar Tage, haben dort einen Vlog gemacht. Bin noch an einem Fußballspiel in Stuttgart, Spanien gegen Deutschland, genau. Haben auch einen Vlog so ein bisschen gemacht. Ja, und dann haben wir wie mal so ein bisschen müssen schauen, dass es vielleicht eine Backup-Kamera gibt. Ja. Eben, dass dich entlastet, dass ich Leute kann nehmen kann, die eben... Also vor allem, dass es dich entlastet eigentlich. Dass Ja, du nicht den Pressure hast, dass ich unbedingt was beide in dem verfügbar Sinn, ist. ja, dass du dein eigenes Zeug auch kannst vorantreiben, dass ich irgendeinen anderen habe, der noch mitmachen kann. Aber eben, das ist sehr schwierig, Leute zu finden, die mitmachen wollen, die halt nicht gerade eine Entschädigung überkommen und die aber auch gleich zuverlässig sind. Eben, es ist verdammt schwierig. So du musst eben finden. jemanden mit dem so die Begeisterung, die wir jetzt haben, du musst jemanden mit dieser Begeisterung finden. Und das findest du nicht einfach so. Und ich hatte 2 Leute gehabt und einem habe ich dann eine Chance gegeben. Ja, was sich dann nicht so gut entwickelt hat. Also am Schluss war die Hälfte vom Material unbrauchbar gewesen und
ich es dann selber müssen schneiden und dann nur mal 1-2 Tage investieren, dass es gleich etwas Geiles gibt. Ja, weiss ich noch, das hast du mir schon ein paar Ja, Mal, hast du mir ein schwierig. paar Mal geschrieben gehabt. Schwierig, eigentlich mega ein lieber Sieg, aber irgendwie hat es dann nicht funktioniert. Vielleicht wird es irgendwann wieder eine Chance geben, aber ich habe bis jetzt wie nicht die Zeit, Nerven gefunden und das richtige Projekt für das. Ja, und dann ist eigentlich unser nächstes Projekt der Cesco gewesen dann. Cesco. Ja. Also ich Cesco. habe die Komm-mit-Folge mit dem Josh aufgenommen, wo ich eben den eigentlich Backup-Kameramann angestellt habe Mhm. und dann halt sich über 2 Monate gezogen hat und so. Und wirklich dankbar auch an Josh, dass er weitergemacht hat und gleich nochmal 1-2 Tage investiert hat, dass wir etwas Cooles können auf die Beine stellen können. Und ja, nachher eben die Cesco-Folge mit dem Pantomime. Das war auch nice gewesen, eigentlich. Ja. Ja. Mega geiler Sieg. Ist, Italiener. ist eher eine von der ruhigen Folgen, sage ich jetzt mal. Gewesen. Ja. Ja. Sonst weisst, ausser natürlich seine Show dort am Ding, wo lustig war, aber wir waren ja dort nicht extrem involviert. Ja. Ja. Wir haben grundsätzlich einfach mitgefilmt und ein paar Leute gesucht, die etwas dazu Ja, sagen. Aber es war auch chillig gewesen an sich. Und dann ist dann schon das Ding gekommen, Zünd. Ja, nachher ist Manuel Zünd gekommen, Ja. der Koch. Und das war bis jetzt die letzte Folge gewesen. Nein, Fuchshelikopter Genau. natürlich noch. Ja, also Manuel Zünd, dort sind wir auf Davos, ins Alpengold Hotel. Er hat dort sein Atelier Vert und ist dort Executive Chef. Und ja, dann hat er uns ein bisschen gezeigt, was im Atelier Vert so läuft, dass er dort wirklich alles vegan ist dort. Ja, und ich glaube, Oder- das meiste auch selber gemacht oder gerade Also aus ist der eigentlich Region. alles selber Oder gemacht. gerade aus Ja. der Region gekauft oder weiss Ja. nicht. Schon geil. Einmal so drin gesehen dort. Ich- Vor allem, er hat verdammt viel einfach unter sich. Es sind ja 3 Restaurants eigentlich, die er dort ja. in einem Hotel drin Ja. betreut. Und das Atelier Vert ist halt einfach so sein Baby. Spezialprojekt, Ja. ja voll. Also für die gerne Sachen aus der Natur essen, die sehr lokal angepflanzt werden dort, müsst ihr unbedingt ins Alpengold Hotel, ins Atelier Vert. Und sagen, die sind vom Roy und vom Fisi gekommen. Vielleicht kennt uns der Manuel ja noch. Er schaut mir eigentlich noch das Essen. Ja? Ja. Weißt du nicht, was haben wir dort? Er hat doch etwas gegeben zum Schmecken. Dann so, wenn du wüsst, was das ist. Es war Röteli. Nein, es war Holunder. Ja? Ja, aber ich weiß nicht, ob es Sirup oder Öl war. Er macht ja dort auch, ich glaube, er tut doch dort Öl produzieren. Ja, er macht, sie macht Ja. alles eigentlich selber. Aber und dann hat er uns, glaube ich, so ein Fläschchen gegeben. So, ja, wenn ihr schmeckt, was es ist. Und du hast es erraten. Ja, aber das weiß er wahrscheinlich auch nicht mehr. Habe ich Ich weiss auch nur, er hat reingeschissen. gesagt, wir können raufkommen, er gibt uns einen guten Zimmerpreis. Das weiss ich. Aber wir sind jetzt leider, was ist jetzt das, auch schon wieder 2 Jahre her? Ich glaube, ein guter Zimmerpreis dort oben ist immer noch ein guter Zimmerpreis. Ja, ja. Ja, Und dann nachher haben wir Helikopter noch, natürlich. nein, das haben wir nicht wir gemacht. Da habe ich einen anderen Kameramann dann genommen für Passig. Komm mit Passig. Mhm. Aber ja, es war ein super Typ gewesen. Aber ist, wie soll ich sagen, er hat nicht so Zeit, um so Sachen zu drehen und sonst muss er halt recht gut zahlen. Was ich auch respektiere, weißt. Ich will Mhm. nicht sagen, nein, ich zahle dir die Arbeit nicht, aber ich habe leider nicht für jedes Video über 1000 Stutz, um ein Video zu drehen. Ja. Und ja, dann haben wir noch die Komm-mit-Folge mit dem Fuchsheli gedreht, auch sehr eine geile Folge. Fuchsheli war wirklich eine geile Folge. Ja. Der Roy hat mir vertraut, die haben den Helis noch gesteuert. Das war schon ein ordentlicher Vertrauensbeweis. gewesen. Erste Flugstunde in einem Helikopter für Wild, dich wild. und ich hing drinnen am Aber Film. für mich war das so ein schöner Moment gewesen. Also ich könnte das gar nicht nachvollziehen, weil ich bin halt einfach seit klein Helikopter begeistert. Es ist gerade bei mir in der Nähe. Wir sind über meine Hometown geflogen. Ich habe selber das Steuer übernehmen. Es war einfach ein richtig geiler Tag gewesen. Auch der Michi ein richtig geiler Sieg. Richtig geile Sache, ja. Und ich werde auf jeden Fall irgendwann dort mal meine Heli-Prüfung machen. Wenn dann finanzielles Zeug anders ausgelastet ist. Ja, Aber eben, es ist halt eine es ist, kostspielige Ausbildung. es ist relativ teuer, das Zeug. Ja. Was zahlst du, was hat er gesagt pro Stunde? 800 Steine oder so? Ja, etwa 800-900 Steine pro Stunde. Ja. Und du brauchst halt schon ein paar Stunden. Also gesamt zahlst du so 50.000-60.000 für die Prüfung. Das ist schon crazy. Also wenn du es Mann. jetzt wieder ins Verhältnis tust mit einem Studium, ist es wieder relativ günstig so. Oder gleich teuer Ja, wie ein aber das- Studium. Aber
das Studium kann dir den Lebensunterhalt vielleicht finanzieren und Ja. die Teleprüfung nicht Nicht unbedingt. gerade direkt, ja. Vielleicht kannst du etwas daraus machen, aber dann brauchst du noch mehr finanzielle Mittel. Ja, dass- ja. Aber dass das etwas ist kannst du etwas, wo machen. ich dann so gegen die 30 werde in Angriff nehmen. Ich bin ja zum Glück noch nicht ganz so alt. Bro. Ja, aber du bist jetzt 26. Ja, ich werde 27 Ja, jetzt also. im Dezember. Das geht, weißt du, wie schnell wird. Ja, ich weiß, aber ich habe noch ein paar Jahre. Ja, ich hoffe jetzt. Also ich tue mein Alter im Moment sehr oft ausblenden. Oder probiere aktiv jung zu bleiben. Ja, bei dir, also ja, du machst es ja gut. Bei dir merkt man gar nicht, dass du älter wirst. Ja, aber privat ist halt, wenn du ein Kind hast und schon, musst du schon ein paar Mal sagen, hey, du bist im Fall noch nicht 40. Das ist so, weißt du. Aber das Ding ist jetzt, die neueste Technik, die ich jetzt anwende, ich werde jetzt mit meinem Kind jünger. Ja. Ich probiere so, wenn er 16 ist, bin ich auch wieder 16. So, weißt, Du gehst ins Retour. so, ja, so, weißt, dass wir uns nicht mehr treffen. So. Und dann, dass wir uns dann gut verstehen, weißt du, mässig. Warte So. mal, in 16 Jahren, Bro. Boah, dann bin ich eben auch schon zu alt. Bro, hör auf, Alter, dann bin ich 43, Alter. Ja, mal schauen. Wir sind eine andere Generation, Bro. Wir haben noch Corona erlebt, dort sind noch 3 Jahre, wo wir nicht gealtert sind in dem Sinn. Kein Fortschritt. Wir sind noch nicht so weit wie andere, die früher 30 geworden Ja, sind. wir haben uns eigentlich gerade in der Corona-Zeit kennengelernt, ja. Stimmt, ja. Ja. Dann bin ich so ein bisschen... Dann hat es angefangen zu stagnieren, mein älter werden, glaube ich. Schon, hä? Ja. Und Aber ich schon bin aber gut erst so. dort richtig erwachsen worden nach Corona. Vorher bin ich einfach noch so ein Kind. NPC mit Scheuklappen gewesen. Also weißt, das Kind werde ich nie verlieren in mir, aber damals bin ich wirklich einfach noch ein Kind gewesen, ja. Ja. Ich glaube, ein paar Leute ja als Kind in sich selber auch ein bisschen falsch interpretieren. Ja. Viele Leute, ich glaube, das Kind in sich selber damit irgendwie gerechtfertigen, dass sie hure viel Scheiß machen, einfach hure viel Scheiß bauen. Aber ich glaube, für mich ist das Kind in sich selber nicht verlieren, ist, dass du dich ab kleinen, einfachen Sachen kannst begeistern lassen. So. Mhm. Weißt dass so Kinder sind immer so fasziniert von Sachen, so, weißt egal, ob es jetzt irgendwie, sagen wir mal, gehst in den Europapark das erste Mal so, boah, Ja, neue Welt, so, boah, was Mhm. ist das? Das ist ja, bin ich da in einem Trickfilm gelandet Ja, oder ja. weiss ich nicht, so weißt in diesem Stil. Und klar, Kinder machen auch Scheiß, so, aber ich finde, wenn du jetzt irgendwie jetzt Zürich Autos anzündest, darfst du nicht sagen, ja, weißt du, wie manchmal Ja, ein kleines, das ist ja, noch ja. so ein kleines Kind mit, Bro, nein, das hat irgendwie nichts mit dem zu tun, weißt du, was ich meine? Sondern du musst schauen, dass du dich immer noch von kleinen Sachen kannst begeistern lassen, so, weißt du. Zum Beispiel jetzt, wo du angefangen hast zu streamen und zuerst mal deine 1-2 Chatter gehabt hast und so, boah, da schreiben Leute in meinen Chat und die schauen das wirklich und so. Und heute schaust du so, weißt du, eben jetzt, wenn vielleicht nicht viel läuft, und so, denkst du so, ja, nein, heute läuft nicht viel. So, Bro, ich freue mich gleich, dass jetzt schon ein paar Nachrichten, weißt du, darfst das nicht vergessen, nicht Ja. verlieren, so ein bisschen in dem Stil. Was ist bei dir dort so deine Einstellung? Boah. Schwierige Frage, Mann. Das Kind nicht verlieren. Ja, ich weiß nicht im Fall. Das ist eigentlich schon eine gute Aussage mit den kleinen Sachen. Ich glaube einfach irgendwie, dass man sich nicht zu schade ist für etwas. So dass man einmal etwas machen kann, was eben, ich weiß nicht, ich noch als Jugendlicher gemacht habe. Oder einfach der Humor. Ich glaube einfach die Leichtigkeit, ich glaube einfach die spielerische, kindliche Leichtigkeit, das darf man nicht verlieren. Man muss aber gleich eben dann nachher seriös wirken oder bleiben, aber gleich, ich weiß nicht, ob ich es einfach mit Humor verbinde. Mit Humor? Weil irgendwie ja. gewisse Leute werden mit dem Alter einfach zu steif und nehmen das Zeug viel zu ernst. Mhm. Das ist es, glaube ich, einfach nicht. Sich selber auch nicht so ernst nehmen. Ja, sehe wie. So ein bisschen naiv auch bleiben. Aber wenn ich eben jetzt zu erwachsen werde, so zu steif, dann macht das Leben auch keinen Spass mehr, Nein. weil dann regst du dich wegen dem kleinsten Zeug auf. Aber Ja. ich merke es ja jetzt wieder. Aber so, eben, das ist ein bisschen Zusammenhang mit dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast überall schon ein bisschen, du weißt, was im Hintergrund Ja. teilweise läuft und so. Und das versaut dir auch ein bisschen die Leichtigkeit. Und das ein ist bisschen, überall aber so, ja. Ja. Und darum habe ich wie auch meinem Leben wieder einen anderen Sinn müssen geben oder einen kleinen Tapetenwechsel gebraucht. Sei es jetzt eben mit den selber Filmen oder Drohnenflügen oder so. Ich bin einfach so dick gewesen, so, was mache ich jetzt? Wo bin ich, Alter? Verständlich. Ja. Irgendwie musst du ja auch können wachsen, so sich
nicht weiterbilden, aber mal schon auch Fortschritt machen. Sei es jetzt Ja, mit Fortschritt musst Skills du machen. oder mit Persönlichkeitsentwicklung oder am besten beides. Das bin ich auch dran. Ja, keine Das Ahnung. ist alles nicht so einfach. Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Und wer hat letztes Mal gesagt? Karin hat etwas in der Story gepostet, wo sie ihren Vater gefragt hat, so, ich habe gemeint, irgendwann wird man erwachsen oder wie hat sie es jetzt geschrieben? Ich meine, irgendwann ist man kein Kind mehr und ihr Vater hat dann so gesagt, ja, ein Erwachsener ist einfach ein Kind mit Depths, mit Tiefen. Und das Okay. stimmt halt schon. Du wirst eben das Kind nie verlieren, aber du wirst einfach irgendwie ein bisschen seriöser. Ja. Mit mehr Tiefe, reflektierter, aber halt auch nicht jeder. Ja, ich finde... Ich glaube, jeder muss sich wie so in die Zeit nehmen und mal einfach alleine sein und allein herausfinden, was will ich jetzt. Weil wenn du immer in dem Strom unterwegs bist, wirst du nie herausfinden, was dich erfüllt oder Ja was gut, du das, willst, so, das, weißt? ist, das finde ich, das kann Und ich ich glaube, wenn 100% so unterschreiben. Wenn du Ja. die Zeit nicht nimmst zum alleine sein mal, und damit meine ich nicht einfach nur allein in einem Raum hocken, sondern einfach mal allein etwas unternehmen, mal allein irgendwo hingehen, auch wenn es dir zuerst hure Angst macht. Und das war bei mir auch so. Gewesen. Ich so damals so, was soll ich jetzt allein auf Grenchen? Es sind 30 Leute, die ich nicht kenne und so, weißt. Aber ich habe es nachher einfach gemacht. Aber wäre ich immer noch in dem Strom gewesen von damals, niemals wäre ich... Aber das ist ja etwas, was du als Kind nicht gemacht hast. Ja. Oder? Also es muss Weißt du, wenn schon du im wärst- Erwachsenen, es muss schon nach 18 sein, sage ich jetzt, weißt du. Ja. Aber bei der einen ist es mit 20, bei der einen ist es bei mir wie vielleicht erst mit 3, 4, 25. Hm. Vielleicht kann es auch sein, dass das Kinder dir nicht verlieren, eigentlich damit meinst, dass die immer noch so sollst verhalten, dass immer noch die Begeisterung findest, Mhm. dass eben nicht, dass eben geil ist einfach, Mhm. auch wenn die Leute nicht kennst, Ja, dass die voll. einfach anschließt, weil es wird wieder das Gefühl aufkommen von, wow, das ist wieder etwas Neues. Ja, so. es gibt wieder etwas Neues. Ja, zuerst ist immer so ein bisschen die Grundangst vorhanden, so, es sind echt komische Leute, oder vielleicht ist es scheiße, oder vielleicht fahre ich für nichts 2 Stunden dort raus. Aber dann gehst du einfach, und am Ende des Tages ist es so, oder währenddessen vielleicht schon so, boah, das ist schon noch geil und so, etwas Neues, boah, komm, ich Ja, gehe mal das- dort schauen, warte, ich spreche mal den, ich frage mal den. Einfach etwas riskieren. Das ohne Erwartungen. Ich glaube, wir haben halt auch viel zu schnell Erwartungen. Auch wenn man sagt, ich habe keine Erwartungen, du machst dir ja gleich ein gewisses Bild von Sachen. Ja, gut. Ja. Das ist ja 100% so. Ja, Bro, ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber philosophieren. Ja. Weil wir haben ja auch schon recht viel über all so Sachen philosophiert, halt, teilweise, wenn wir unterwegs waren oder so. Da sind wir beide. Es scheint vielleicht, ich weiß nicht, ob man das von außen so auffasst. Ich glaube, mit dem Content, den wir machen, fasst man das nicht so auf. Aber wir sind beide recht Leute, die sich viel mit so Sachen auseinandersetzen. So, wo stehe ich, was mache ich, wo Ich gehe ich overthink her. halt auch hure viel. Ja. Und ich überdenke halt auch Verhalten von anderen. Ja. Wir haben so viele Persönlichkeiten kennengelernt und ich habe so viele Sachen überlegt. Also ich weiß nicht, ich überlege teilweise so weit, dass ich schon überlege, was du könntest sagen, was ich könnte darauf antworten. Weißt du, was ich meine? So Ja, voll völlig. übertrieben. Ja. Voll übertrieben, weil ich dann einfach vorbereitet sein für jeden Moment. Aber es fickt mich manchmal teilweise komplett selber. Oder der andere hat etwas gesagt und du überlegst einmal, wie hat er das jetzt genau Ja, gemeint? wieso hat er das- wie muss ich das jetzt auffassen? So. Hat er das jetzt bewusst gesagt? Oder? Ja, hat er es bewusst gesagt? Ja, das ist auch eine geile Frage. So, hat er das jetzt so bewusst gesagt? Ja, Und wenn er es so bewusst gesagt hat, wie hat er es denn gemeint? ja. Oder hat er es eigentlich unbewusst gesagt und es kommt nur so über? Bro, das kenne ich sehr, Und er sehr hat gut. aber einfach so einen dummen Comment abgegeben und hat gar nicht viel studiert, weißt du? Und du bist dann so dort so, Ja. der Huso. Kenne ich sehr Nein, gut. also das ist auch sicher das, was mich im Content immer ein bisschen gehindert hat, das Überdenken. Es hat Ja. sicher auch schon 1, 2 Videoprojekte von mir gegeben, wo ich einfach nicht rausgehauen habe und ich das Gefühl hatte, nein, es ist nichts oder zu wenig, aber das ist auch, weil man es selber erlebt. So, wenn man etwas selber erlebt, ist es nicht gleich, wie wenn man es zuschauen kann oder wenn man es erzählt bekommt. Oder weißt du, was ich meine? Ja. Das kennt man einfach vom Videomachen. Ja, es ist auch nie. Das Video ist auch immer, ich sage mal, wenn ich so ein Video produziere jetzt bei dir, also wo jetzt so längere Folgen sind, wo einen ganzen Tag jetzt mit Begleitung ist und so, dann ist, ich sehe zwar schon das fertige Video,
Aber du tust eigentlich bei jedem Schnitt, wenn ein neues Bild ist, denkst du wieder an die Situation und siehst alles rundum. Weißt du, was ich meine? So, du siehst nicht einfach das Video, sondern dort, wo man das Ding getroffen hat, der Producer, wie der geheißen. Wo wir von außen sind gestanden, bei Mix the Dog, der mit dem EAZ, der Producer vom EAZ. Der Rob. Ist der Rob? Nein. es ist der Michael Costa. Ja, der Michael Costa. Bro, das war so eine random Situation. So. Wir waren dort draussen am Rauchen in diesem Kreis und du so, ey, das ist der Michael Costa, komm, wir reden schnell mit ihm. Ich so, ja, also da, Camp vorgenommen, weißt du. Und dann ist es irgendeine Szene im Video, wo gar nicht speziell auffällt, aber wie random das alles rundum eigentlich war. Ist absolut. Nicht nur der, ich glaube, der X-Tag hat doch noch irgendetwas verloren gehabt oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist irgendwie um irgendetwas ist es noch gegangen, man hat noch diskutiert wegen irgendetwas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist er hergelaufen, so, ja, kommt mal bei mir ins Studio, ja. Ah ja, sicher. stimmt, ja. Aber ja. Ja, das ist eben auch so viel, ja. Kommen wir mal vorbei, aber nachher willst du nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber irgendwie müsstest du gleich immer nachher rennen. Das ist mühsam. Ja. Aber egal, das waren viele gute Storys. Und jetzt so für die Zukunft, wo siehst du dich? Wo ich mich Also jetzt das Projekt Manawa läuft ja. Ja, Ist wir das sind viel am lang Set, Zeit? shooten sicher jeden Monat eins. Manchmal sind wir auch gerade 2 am machen, wenn wir es verbinden können. Haben dort einmal einen Vlog rausgehauen, so wie man so etwas shootet. Wir sind jetzt gerade in den Dolomiten vor 1,5 Wochen. Habe ich schon Bilder gesehen, Ja, wo der Story Das postet wird ein ist. krasses Set. Dort haben wir auch sehr viel auf uns genommen. Ich habe wieder alles geplant mit Reise, Hotel, wo wir shooten. Und am Schluss ist natürlich nicht alles aufgegangen wie immer. Ja. Wir hätten einen Parkplatz reservieren bei der Station oben, was wir gar nicht wissen. Das ist erst erfahren, wenn du unten ranfährst. Okay, chill. Dann müssen wir mit dem ÖV rauf und es sind natürlich schon irgendwie 70 Leute am Warten bei der Bushalte. Und jeder Bus war schon halb gefüllt von der vorherigen Station. Ja, wir sind dann gleich irgendwie raufgekommen und haben jede 30 Kilo dort, 30 Minuten über den Berg hineingeschleppt. Es gibt auch einen Vlog, den schneide ich jetzt dann, wenn ich in die Ferien gehe. Und einen Street Parade Vlog hau ich auch noch raus, dort haben wir auch ein Set aufgenommen. Ja, ich werde jetzt einfach immer wieder ein bisschen mehr vloggen. Wenn wir wieder so Projekte haben, werde ich wieder auf dich zurückkommen. Oder wenn du keine Zeit hast, schaue ich anders weiter, oder? Aber im Moment bei mir ist Aber auch Ideen sind. Ich würde auch lieber wieder mehr für mein Zeug machen, Ja. weißt, anstatt dass ich mir viel Zeit. Ja. Da bin ich mir gerne jetzt für die Zeit oder ich bin auch gerne bei denen beim Kuba filmen und so, aber ich würde gerne wieder mehr Zeit einfach für mein Zeug investieren. Voll. Und ja, von dem her ist es völlig okay. Und Ja. Vlog finde ich eigentlich auch easy. Aber ich würde gerne auch selber ein bisschen eigentlich ab und zu vloggen, aber ich weiß auch nicht, also ich bin es irgendwie nicht auf die Reihe. So. Nee. Auch wenn ich ins Stadion gehe, weißt Ja, das ist aber ja ich bin nicht so der Stadion-Vlog-Typ. Ich kann nicht ins Stadion. Ich weiß nicht, ich fühle mich dämlich, wenn ein Goal passiert, mir selber zu filmen. Dann. Aber eben, das ist einfach wieder die eigene Ansicht. Ja. Ich meine, andere Leute würden es einfach fühlen, wenn sie den Roy sehen und seine Reaction aufs Spiel. Ja. Aber du denkst dir selber so, ja Bro, voll blöd eigentlich. Ja. Aber es ist eben nicht blöd, es ist eben eigentlich... Ja, es gibt sicher den einen oder anderen, der es gerne. Aber Bro, wenn ich ins Stadion gehe, dann will ich so den Match enjoyen. Ich will meine Bratwurst holen, ich will mein Bier holen, ich will herhocken, meine Dann müsstest du Bratwurst aber jemanden fressen, haben, mein der dich Bier filmt. saufen und ich habe keinen Ja. weiteren Hang für meine Cam auf meine Fresse zu richten. Und vor allem, will ich nach dem Match einfach schauen. So, Ich tue viel während dem Spiel analysieren, wie stehen sie, was ist die Idee echt von beiden Mannschaften. Und bin auch gerne einfach als Fan dort. Und ich habe dann einfach keinen Bock, eine Cam auf mich zu richten, wenn ich an einem Fußballmatch bin. Weil ich würde mich auch dumm fühlen, wirklich. Ich würde mich auch einfach dumm fühlen. Ich weiß nicht. Dort habe ich noch nicht das. Der Visca Roy dort. Weisgar, ja. Gut, eben, für ihn ist es sicher schon etwas Normales, aber vielleicht ist es auch das Anfangen, vielleicht ist das Das wieder... ist fix, das Anfang. Ja. Weil ich meine auch jetzt bei meinen Sets, ich denke mir so, ich muss noch so viel anderes im Kopf haben. Ich schaue für 3 Cams, fliege 2 verschiedene Drohnen und will dann noch einen Vlog machen. Aber es ist eben schon richtig, dass ich einen Vlog mache, weil nachher kommst du heim, du hast es zwar erlebt, aber du hast keinen Vlog. Ja, So. du hast nichts für dich in Ja. dem Sinn. So. Und es geht mir jetzt nicht mal mehr um, dass andere Leute das sehen, sondern wirklich einfach für mich als Dokumentation. Ja. Also der Fokus liegt, jetzt zurück zu dem vorher, in Zukunft ist schon Fokus auf mich selber, immer noch meine Projekte und halt eben im gleichen Tempo rausklopfen. Ja. Ich kann halt eben auch meine eigene Videografiefirma auftun irgendwann Yes. und das nimmt halt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Aber Ja. das ist genau das, was ich fühle. Ja, ja. Aber das kann ich nicht vloggen.
So, ich kann euch Nein. nicht zeigen, wenn ich mit den Bauherren dort gehe. Also ich könnte schon, aber die wollen das wahrscheinlich nicht. Ja, ist auch nicht so Und geil. es ist nicht das, was man muss zeigen muss. So. Ja. Nein, aber wenn du so unterwegs bist oder so halt. Ja. Aber jetzt, ich würde schon gerne auch mehr auf Fuß. Vielleicht muss ich es einfach mal machen, aber ich weiß nicht, das ist so ein bisschen. Aber ich fühle mich richtig random, wenn ich mich würde filmen bei einem Goal. Mhm. Vor allem, ich juble dann auch nicht immer so. Gut, eben bei der Schweizer Nazi fühle ich es schon hart. Dort, das ist das Einzige, wo ich mir so vorstellen könnte, dass ich es mache. Aber ich würde eben gerne so wirklich als. Ich würde dort gerne mit dem SFV zusammenarbeiten, weißt du, dass man auch ein bisschen mehr zeigen kann, Bro. Weil das, wenn du als normaler Zuschauer ins Stadion gehst, Ja, das kennt Bro, das, was du dort zeigst, kann jeder auch sehen, der auch ein Billett normal kauft. So weißt du vielleicht, dass man beim Platz unten kann sein, zum Beispiel nur, dass man dort bei den Medienleuten könnte sein, dass man von dort aus könnte filmen oder dass man ein bisschen um den Platz könnte gehen oder weißt du, so ein bisschen, dass ein bisschen, Ja, ein bisschen hinter der Kulisse. ja, ein zeigen, bisschen hinter den Kulissen. Ich muss ja nicht in die Kabine der Jungs gehen und dort, sag mal etwas. Ja, ja. Das nicht, das erwarte ich nicht. Aber weißt du, dass ein bisschen eins weiter vorne kann stehen, vielleicht als die Leute, die einfach das Ganze aus der Sicht filmen. Bro, du kannst auch im SRF den Match schauen, also, du siehst genau gleich viel, weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst das Replay vom Match, die sich wirklich einfach für den Fußball interessieren, die Ja. können dort schauen. Aber so eins mehr mitgehen oder so, weißt du, würde ich hart fühlen. Aber dort bin ich jetzt dran am Arbeiten, dass das vielleicht machbar ist. Weil so eine Zusammenarbeit mit dem SFV wäre schon der Dream. Also weißt du so. Aber das gestaltet sich, habe ich jetzt herausgefunden, auch in den letzten 1-2 Jahren, dass das nicht so einfach ist. Aber das wäre schon sehr, sehr geil. Aber ich weiß auch noch nicht genau, wie man dort herkommt. Weißt, ich muss immer von mir aus etwas anfragen. Das ist aber auch etwas, was mich anschießt. So. Wie wäre es denn, wenn du jetzt einfach einen Presseausweis bestellen würdest? Das habe ich jetzt eben auch vor. Das wäre die andere Variante. Und dann aber geht man einfach mit dem Presseausweis vorbei. Oder fragt, hey, look, ich habe einen Presseausweis, ich würde mega gerne mal ein paar Fotos oder Videos machen. Und dann machst du vielleicht zuerst nicht mal den Vlog neben und machst für sie nur ein paar Bilder und Videos vom Rand. Und dann entwickelt sich gut, du müsstest wahrscheinlich nicht einmal für jemanden Fotos machen. Aha. Weil die sind ja auch. Die haben auch ihre Fotografen. Ja, du kannst auch einfach als unabhängiger wahrscheinlich Reporter gehen mäßig und einfach einen Vlog machen. Wäre sicher auch eine Idee. Wäre auch eine Idee. Das ist eben auch etwas, wo ich in Angriff nehme, jetzt einen Presseausweis bestellen und nachher an verschiedenste Events einfach als Presse reingehen und filmen. So, Ja. Leute fragen und so. Probieren, wie weit kann man gehen. So à la Marvin, weißt du? Ja, sehe ich. Ja, das wäre schon eine Idee. Aber da bin ich jetzt noch ein bisschen am herausfinden. Ich werde jetzt mal bei mir in FC bleiben, beim Aufbau von unserem Verein. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze herführt. Hey, wenn wir einen kurzen Break machen und noch einen Kaffee holen. Ja, fix. Also. Leute, wir machen einen kurzen Break. Holen noch auch einen Kaffee. Wir bauen jetzt den Pool auf. Wir machen den Pool, genau. Einmal ein bisschen mehr Body zeigen hier innen. Damn, son, would you like this? Hey, schöne Pause, Leute. Wir sind etwa in einer Viertelstunde zurück, würde ich sagen. So auf die 12 Uhr gerade. Ja? So, ich weiß nicht mehr, wo wir waren oder was wir noch besprochen haben. Ja, wegen dem Kind sein. Ja, ich glaube, das Thema können wir abschließen, weil sonst das zieht sich. Leute, sind noch da? Ist irgendjemand noch da, ist die Frage. Sind wir rum auch? Sind wir rum auch. Wir ist gerne jetzt, auch wenn ihr die eine oder andere Frage habt, vielleicht auch Fisi oder so, würden wir die natürlich beantworten. Aber du bist jetzt, die meisten, die hier sonst zuschauen, kennen die wahrscheinlich nicht. Weil du halt nichts mit der FIFA-Szene hast. Vielleicht haben sie mal eine Chat-Nachricht gesehen von dir. Aber Ja, das ist ab dann, und zu glaub ich, schaue ich rein, wenn ich gerade auf glaub, Twitch bin aussehen. und du live bist, schaue ich fix rein. Vielleicht zu meiner Person noch, ja, ich bin der Fisi, ich bin 26. Hätten wir das am Anfang so machen? Ich weiß nicht, ich komme aus dem schönen Kanton Schweiz, im Zürichsee. Ja, 2019 angefangen mit Streamen, eben weil ich Casino sowieso online gespielt habe und im Discord gestreamt habe für die Homies. Casinos, hast du da eigentlich viel Hate abbekommen? Nein, ich muss sagen, gar nicht. Entweder haben es die Leute nicht gesagt oder Ich glaub, dann sie haben haben es nicht gesagt. keine Eier gehabt, so, weil sie haben meine Antwort kennt, so was juckt es dich, weißt du, Ja. was ich meine, so was gibst. Wenn ich jetzt sowieso Casino streame, dann kann ich sogar streamen und ich habe jetzt nie gesagt, gehen einzahlen oder so und ich habe immer auch sehr transparent gesagt,
dass ich auch Geld verliere. Und ich meine, wenn man mir zugeschaut hat, hat man das sicher auch gesehen. Man muss auch dazu sagen, ich bin schon immer ein bisschen vom Glück geküsst gewesen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe immer die richtigen Entscheidungen getroffen, meistens, wenn gehe ich raus. Und ja, irgendwann dann ist dann der Casino-Deal gekommen, ja. Dann mit Jackpots, erster Streamer aus der Schweiz mit einem Casino-Deal. Es hat richtig Bock gemacht. Das ist genau das, was ich auch immer wollte irgendwie. Ja. Und ja, aber irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass wir quasi so ein Konto geben zum Spielen. 100'000 auf meinem Konto, quasi Echtgeld, aber ich kann es nicht auszahlen. Und dann ist halt wirklich der Reiz verloren gegangen, sagt er ehrlich. Also für mich ist im Casino spielen, wenn es nicht mein eigenes Geld ist, so, dann hat es für mich wirklich keinen Reiz. Dann ist es für mich eben einfach ein Knopfdruck und irgendwelche Zahlen springen runter. Und sonst ist der Reiz, du kannst noch etwas gewinnen. Ich bin halt nie, ich bin nie Und meine Devise Casino, ist halt immer so... Online-Casino bin das ich ist nie. nie, hä? Eben, ich kann dazu sagen, lassen sie, es ist halt wirklich reine Glückssache und am Schluss gewinnt die Bank. Und wenn du mal Glück hast, dann musst du es auszahlen, weil sonst genau dann verspielst du es wieder. Und ich habe zu viele Leute gesehen, die es verspielt haben. Ich hatte sogar Leute gehabt, sehr wohlhabende Leute, die haben nicht mehr können spielen, weil sie gesperrt waren und die haben mir Geld gewintet, dass ich kann spielen mit ihrem Geld und wenn wir gewonnen haben, habe ich die Hälfte können behalten. Okay. Also das ist schon ganz, ganz wilde Zeit gewesen. Also, wenn ich jetzt gerade noch mal wieder darüber nachdenke, ist schon sehr, sehr wild. Das ist schon sehr wild, ja. Ja, nachher irgendwann ist dann das ausgelaufen mit dem Casino, weil eben der Reiz ist für mich nicht mehr rum war. Ich habe einmal am Abend alles verspielt und habe mich müssen dann auch rechtfertigen vor dem Casino, wieso ich das vor 20, 30 Leuten so mache. Ja, und irgendwie hat sich dann auch andere Möglichkeiten ergeben, um andersweitige Sachen vor der Kamera zu machen. Crazy. Und Streamen für die Zukunft noch? Ist noch eine Idee, ist noch ein Thema oder ist er gestorben? Ich würde eigentlich viel lieber IRL streamen, aber das ist halt einfach mit einem riesen Aufwand und so verbunden. Und wenn wir es bei den Mitfolgern schon haben, es ist dort schwierig, jemanden zu finden, der einem unterstützt. Darum, ja, es sieht schwierig aus. Vielleicht komme ich jetzt auf den Winter wieder mal ein bisschen online, aber erstens wüsste ich nicht, was gamen und ich glaube, mir im Drohnensimulator zuschauen, wird einem irgendwann schlecht. So, weißt, wenn du selber fliegst, ist es etwas anderes, als wenn du zuschaust. Und dazu muss ich sagen, mein Steam-Account ist auch noch gehackt worden, also ich komme gar nicht mehr auf Steam rein. Also, ich wüsste wie nicht, was ich so jetzt streamen, außer einfach labern. Aber Ja. ja. Gut, vielleicht hast du ja irgendein kleines Netzwerk, das auch noch mal Leute wieder mal in den Stream kannst holen oder so. Ja, voll. Das, also so in die Richtung. So wie jetzt wie bei mir mäßig. Ja, voll. Das ist halt wieder das andere Thema, kommen die Leute oder nicht zu dir heim. Einfach rein schon vom Weg halt. Das Problem habe ich auch da. Ja. Ja. Wenn du nicht in Zürich bist, wie gewisse Leute, dann ist es schwierig. Ja, ja ich schaue jetzt mal. Frage mal an, wenn Leute Bock haben, haben sie Bock. Wenn sie keinen Bock haben, ist auch nicht so gravierend, weißt du. Ja. Ich mache einfach meinen eigenen Shit so. Jetzt habe ich auch mal gemacht, also ein paar Leute in den Stream eingeladen, du bist auch vorbeigekommen. Das ist auch schon wieder 2 Jahre her im Dezember. Ja. Ich habe ja jedes Jahr so einen Adventskalender im Stream gemacht, wo das ist eigentlich auch geil gewesen, ja. Gewinnen. Ich hatte auch ein paar Sponsoren gehabt, die dazu beigesteuert haben, wo ich jetzt nicht mehr dahinter stehen könnte. Aber vielleicht kommt es wieder irgendwann, aber ich kann euch nicht sagen, hey, morgen komme ich wieder live oder so. Das letzte Mal richtig live war wirklich vor Tokio, vor 2 Jahren, dort im Sommer mit GTA RP. Das ist noch das, was mich ein bisschen packt. GTA RP, ja. Zürich. Ja. Zürich-Server. Ja, das war auch eine lustige Zeit. Habe ich auch nie so aktiv geschaut, GTA RP. Keine Ahnung. Gut, ich bin auch allgemein eher... Ich bin eigentlich ein schlechter Twitch-Zuschauer. So. Nicht so. Also ich schaue schon gerne zu, respektive ich höre mehr gerne zu. Eben. Ich bin nicht so der Schauer, ich bin mehr der Hörer. Bei mir läuft es meistens im Hintergrund, höre ein bisschen zu, was die Leute erzählen. Und dann schaue ich halt einfach bei den Leuten, die ich kenne, oder die 1-2 Streamer, die ich schaue, wo es um bestimmte Games geht, das FC 26 oder so. Aber nicht... Ich gehe jetzt nicht noch immer GTA RP schauen, wie GTA RP irgendwie geil finde. Aber ja, das ist es. Was haben wir schon noch offen? Was haben wir schon noch? Liegt dir noch etwas auf dem Herzen? Willst du noch etwas öffentlich... Willst du etwas öffentlich loswerden? Ich würde gerne viel loswerden öffentlich, aber erstens macht es voll keinen Sinn, so Leute in die Pfanne zu hauen. Ja. Und zweitens würde ich mir nur selber schaden in dem Sinn. Hast du den Cuttergate verfolgt? Nein. Wegen Cutter, die nicht gut bezahlt werden in Deutschland?
Nein, gar nicht. Nicht? Mal ein bisschen etwas so von den Streamer. Ja, das hat mich eben schon noch interessiert. Da bin ich recht dran gewesen. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es etwas gibt, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so gut bezahlte Streamer werden die ihre Creator auch gut zahlen. Aber das scheint Ja, nicht es so. ist mehr darum gegangen, dass also es sind Deals gemacht wurden, wo Kanäle frisch eröffnet worden sind. Von, sagen wir jetzt, ein Zuschauer von mir tut einen Kanal eröffnen, wo er Highlights von mir aufschneidet oder so, oder wo er einfach Streams aufladet oder Reactions oder weiß nicht was. Und dann hat das gut davon laufen. Oder ist gut gelaufen, weil natürlich der Streamer auch schon recht bekannt war. Und dann hat man am Anfang Deals gemacht mit 50-50 Einnahmen. Hat es dann gekürzt auf 35%, hat es dann gekürzt auf 25%, hat es dann gekürzt auf ein Fixgehalt. Und das ist halt am Schluss, wenn du einen Kanal eröffnest, der 30.000, 40.000 Stutz einnimmt und du dann dein Deal abgekürzt wird auf 4.000 Euro oder so, hast du dann vielleicht irgendwann ein bisschen den Anschiss. Und das ist mehr so um diese Sachen gegangen. Und weil sich dort eben einer, das war schon der von Papa Platte, Ja. der sich dort öffentlich beschwert hat in dem Sinn. Und weil sich der beschwert hat, hat das dann so ausgelöst, dass sich recht viele andere Cutter noch gemeldet haben. Richtige Welle. Ja, und es hat eine Zeit lang, und dann ist es ist etwas rausgekommen, dass es hat einen gegeben, der hat sich wie als Freelance-Cutter verkauft, hat dann aber zu bodenlosen Preisen die Videos von ganz jungen Fans cutten. So, also wirklich so pro Video 40 Euro Sachen. Und das ist dann, Bro, ich habe das alles verfolgt, das ist recht interessant, wie sich, also jetzt selbst nach dem wird das wahrscheinlich nicht aufhören, dass Leute unterbezahlt cutten. Das Cutting-Thema finde ich auch schwierig, weil sehr viele Jugendliche halt cutten. Und denen kannst du keinen richtigen Arbeitsvertrag geben. Oder es ist halt schwierig, dass du musst halt von Anfang an irgendwie einen fixen Betrag festlegen und nicht irgendwie mit 14-jährigen Deals eingehen, wo es nach dem Kanal geht, wo 40.000 Euro Umsatz. Ja, das ist alles ein bisschen Comedy. Ja, Aber so- weil wir natürlich viel Cut-Teile produzieren und so, hat es mir schon Wunder genommen, wie die gezahlt werden. Dazu muss ich sagen, ich weiss auch von meiner eigenen Erfahrung aus, wenn du eben für etwas so lebst oder jemandem nacheiferst, so, dann ist die Hemmschwelle kleiner, um zu sagen, ich mache es für Ja, weniger aber oder so. ja. Aber das ist noch nicht das, gewesen, was der andere ausgenutzt hat. Der, Ja. der eben dann, Ja, und der eben so 15-Jährige angeheuert hat, für 30 Euro Highlight-Videos schneiden. ja, ist schon schwierig, ja. Also, Nur weil sie Fans sind. das kannst du schon nicht machen. Also das kannst du wirklich nicht machen. Aber ich weiss eben zu meiner Zeit, wie es war, so, darum, wo ziehst du dort die Linie? Sagst du ihm dann nein, du darfst es nicht für 40 Euro cutten? Eigentlich wäre ja das der richtige Weg. Weißt du, was ich meine? Wegen, Ja, du also weißt, er ist unterbezahlt, er ist vielleicht sogar noch minderjährig. Dann müsstest du sagen, nein, geh nicht. Schau, erstens, wir nehmen volljährige Cutter und dann ist es geregelt, so und so viel. Aber es gibt ja wirklich keinen Maßstab, wo du dich kannst. nein, es gibt es nicht Ja. wirklich. Nein, es gibt's nicht wirklich. Aber so ein anständiger Stundenlohn vielleicht, weißt du, wäre schon angebracht. Ja, also dort schaffst du wahrscheinlich schon am besten mit Stunden. Hankerum musst du dann wieder, wie trackst du die Stunde so. Ja, dann muss er halt aufschreiben. Es Aber es ist schon schwierig. Ja, es ist ist schon verdammt schwierig, weil ich habe auch im echten Leben für mich müssen so gesehen, es geht halt dann am Ende schon bei den meisten nur um Zahlen, um die Wirtschaft. Wie steht der Betrieb dann? Und dann Ja. geht so etwas sehr schnell verloren. Ja. Ja, ja. Dann wird eben einfach abgemeint. Dann wird wirklich abgemeint, ja. Ja, aber eben, es sind ganz weirde Sachen rausgekommen dort. Eben das mit dem Netzwerk ist ja fast am speziellsten gewesen, dass einer eigentlich Aufträge entgegengenommen hat von grossen Streamern und die dann abgegeben hat an Fans, die gerne für die Leute gecuttet haben, eben so Honeypoo und so. Und die hat gar nicht gewusst, dass eigentlich so Fans von ihren Videos schneiden für 40 Euro, die dann im Endeffekt aufladen. Crazy, das ist crazy. Alter. Das ist so Business. Also, Dann ist es eben das, was rauskommt, ist meistens nur der Tip auf die Iceberg. ja. Weißt? Aber ja, das ist interessant. Aber ja, die hat nicht zur Verfügung stellen für grosse Streamer oder YouTube-Videos. Ja, das ist Günstig vielleicht noch schneiden. ein guter Rat für euch da außen. Es muss ja nicht in der Videobranche sein, es kann überall sein, wenn ihr jemandem nacheifert. So überlegt euch wirklich genau, ist es wert? Und Ja. verkauft euch nicht unter dem Preis, auch wenn ihr jemanden cool findet. So, Ja. wegen, irgendwo musst du dann, glaube ich, dort einfach einen Strich können ziehen.
habe ich auch müssen sehen. Und dann kommt vielleicht wieder der Satz ins Spiel, so «Never meet your hero». Habe ich auch müssen lernen. Das heisst so viel wie so «Triff nie so dein Idol» mäßig, wegen du hast immer eine andere Vorstellung, wie der Mensch ist oder die Persönlichkeit, wie das dann in real ist. Darum Ja, geht das bei stimmt. allem ohne Erwartungen dran, auch wenn ihr eine gewisse Grundeinstellung habt. Ja, vor allem eben, jetzt sage ich mal gerade bei Musikern und so, Musiker, Schauspieler und so, dort ist es natürlich noch mal extremer. Weil jetzt ich sage mal, bei einem Streamer, dort ist noch eher jemand authentisch, wenn er 8 Stunden in einem Stream hockt, siehst du eher noch die authentische Seite von dieser Person, wie sie wirklich sind, als wenn du einfach ein Lied hörst oder so. Oder, Ja. weißt du, was ich meine? Aber auch dort muss man halt sagen, es ist ein gewisser Charakter. Es sind schon die Leute, aber halt nicht 1:1. Es ist immer noch ein anderer Flair dabei. So. Ja. Ja gut, eben privat ist immer privat. Mhm. Und eben, für mich ist das schwierig, wenn man mich privat trifft, bin ich glaube auch nicht genau gleich, wie man mich jetzt einfach in einem Stream sieht bei IAFC. Ich sage immer, ich bin viel leislicher Ja. off-cam, also wenn man mich privat sieht, als wenn ich vor der Cam bin. Weil vor der Cam, wenn ich Cam anschaue, entsteht für mich so wie ein Auftrag, okay, du sollst jetzt ein bisschen Entertainment liefern. Also red etwas oder erzähl etwas oder schüttel dir etwas aus dem Ärmel. Und wenn Cam nicht läuft, hast du das ja nicht. Dann bin ich eher ruhig, der gelassene, der Nachdenker, aber der Overthinker manchmal auch. Aber es ist auch gut so. Weil die Hunde, die am lautesten bauen, die sind immer die Das ist ja so, ja. am wenigsten reissen. Aber ich muss auch dazu sagen, am Anfang bin ich schon mehr so, ich muss entertainen. Gut, jetzt bin ich nicht mehr viel im Stream oder so, aber jetzt bin ich einfach so, wenn ich bin. Ich verstelle mich noch weniger. Ich bin weniger impulsiv als vorher irgendwie. Ja, gut, ja, du bist natürlich jetzt auch ein bisschen älter geworden Ja. und hast ein bisschen Aber dazugelernt. ich habe und schon hast, auch eine rechte Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht. Ich meine, auch wenn man sein Material von früher anschaut, denkt man manchmal so, oh shit. Aber das bin halt schon immer noch ich. Einfach. Ja, aber teilweise weisst du auch, okay, ich probiert irgendwie dort ein bisschen Entertainment zu bringen. Und das ist auch ein Können. Das ist auch nicht. Ja. Gut, auch bei dieser Situation weißt du besser, okay, jetzt hier habe ich mich ein bisschen übernommen oder hätte ich vielleicht anders können machen können. Aber es gehört halt zu dem Entertainment, zu der Entertainment-Branche, wo wir uns jetzt hier bewegen, gehört es irgendwie dazu. Aber ja, ich würde mich jetzt nicht verstellen, nur zum Aufmerksamkeit generieren. Ich würde jetzt nicht plötzlich anfangen mit Type-Shit oder so. Weißt du, so, das wäre nicht ich. Aber gewisse aber Leute die letztes Mal- leben das einfach. ja. Aber Aber wir haben ja dort, wir sind ja wegen Mechor, wir können ja sagen, wegen Mechor sind wir ja drauf gekommen, die Jugendsprache. Und ja, letztes Mal wirklich der eine vom Fußballverein, der auch etwa die ihn verfolgt und so, habe ich ihn wirklich gefragt, so, also weißt du, redet man wirklich so? Er so, ja, so. Weißt du, die Leute reden wirklich so. Bro, ich habe zuerst gedacht, so, er macht das aus aus Entertainment-Gründen. So. Ja. Aber die reden, das ist wirklich so die Sprache. Wir werden halt schon. Und ich bin dort voll nicht mehr dabei. Voll nicht mehr dabei. Ich auch nicht. Und dann habe ich eben gesehen, der Leo Willi, wo ganz am Anfang mal, wo ich unten noch einen Podcast mit ihm gemacht habe, oder ein Talk, es war mehr so ein Talk gewesen. Er ist auch bei ihm gegangen. Es ist auch wieder ein fantastisches Deutsch. Nein. Bei ihm vorbeigegangen und die haben auch einen Talk. Und eben dort habe ich dann gemerkt, so, ja, ich bin eher auf seiner Schiene, also ich check auch nicht Type-Shit-Sachen und muss manchmal auch, weißt, wir können viel rausinterpretieren, weil wir uns viel im Internet bewegen und ein bisschen denken, okay, das könnte jetzt das bedeuten. Aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht, ob es jetzt wirklich... Es ist aber schon, anspruchsvoll und ich weiss jetzt auch, wie sich Leute in unserem Alter damals gefühlt haben, wo wir jünger waren. Sie wahrscheinlich so gedacht haben, was redet die? Ich meine, nur schon heutzutage sind ältere Leute sagen, woher kommt eigentlich das Bro? Nur schon das Bro. Aber das benutzen wir auch viel. Ja, sehr viel sogar. Also das ist bei uns ja Umgangssprache. Digga. Digga, ja gut. Das Digga hat sich ein bisschen raus. Ja, das ist Das doch brauche ich nicht mehr so. Aber dann auch so Wörter wie cringe und so. Ja. Das ist jetzt zwar auch schon outdated, aber... Es ist halt einfach Englisch. Viele Sachen sind halt einfach Ja, Englisch. Type-Shit auch. Aber Ja. ich würde jetzt nie sagen so, boah, das ist voll cringe Type-Shit. So. Wir können mir nie in den Sinn so reden halt, aber das ist einfach eine andere Generation. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen... Aber schon krass, weil das ist eigentlich, von dir ist es ja recht, ist nicht so viel Unterschied. Also, Ja, ich glaube, er ist jetzt 23 oder so.
Du bist Ja. 26. Das sind nicht viele Jahre. Ich jetzt mit 30 okay, so. Aber ich würde eher sagen, ich bin eher bei den Eltern, auch wenn ich jung geblieben bin. Ich bin auch immer in der Klasse der Jüngste, auch immer hinten drin mit allem. Aber Aber ich glaube, du bist nicht schon... mal mein Bruder, der 2,5 Jahre jünger ist, redet oder so. Vielleicht ist es mehr so Zürich-Type-Shit. Ich glaube, es ist schon regionenbezogen. Ich meine, wir kommen jetzt mehr so vom Land. Und ich glaube, eher in der Stadt redet es dann so. Ja. Ich Gut, mein, bei uns reden sie nochmal anders, glaube ich. ja, das ist dann wieder Gut, der man Akzent. übernimmt es eben dann wieder, aber sie übernehmen es dann teilweise, wenn sie die Leute verfolgen, übernehmen sie es dann wieder Ja. ein bisschen und tragen es ein bisschen raus. Aber bei uns ist mehr so, Bro, Alter, lass mal das sein, der Scheiß, Mann. Weißt du, bei uns ist mehr so ein bisschen der. Also der war früher aber auch schon. Gewesen. Oh Mann. Das hat sich bei uns früher auch schon ein bisschen durchgesetzt. Aber eben, irgendwann wirst du halt ein bisschen älter und manchmal kommst du dann fast blöd vor. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich kann eben auch nicht so lange so Sachen zuhören. Es geht nicht. Verstehe ich, ja. Und wenn ich muss, dann automatisch brennen sich die Wörter ein, weil du nur noch das hörst. Ja, Und die Sprache vereinfacht sich auch überall. Also es werden nicht mehr irgendwelche Wörter gebraucht, die man nicht so oft hört, sondern es wird einfach eben dann nur noch so einfache ja Wörter gesagt. du kannst heutzutage teilweise... Aber mir kommt es aber vor, als würden sie irgendetwas so... Das haben sie gerade erfunden, sagen. Ja. So. Bro, wie hat der andere letztes Mal, der von Basel? Ist das ein Rapper, der so ganz komische Begrüßung macht? Sag mal, der- Mai, Schien, Ja, ich kann weiß das nicht. nicht. Nein, das ist ja frei, das ist ja so... Das macht ja nur der, oder? Oder Mm. ein Ja, Scope-Video. ich weiss welchen. Nein, jetzt ein anderer. Ein Scope-Video. Die haben jetzt auch immer neue Influencer, wo Videos machen für sie. Der heißt irgendwie Dominik. Ich habe nichts verstanden, was er redet. Wirklich absolut nichts. Das habe ich aber gar nicht Vielleicht habe ich mitbekommen. ihn gerade voran. Ja, ich habe ihn gerade da. Est-ce que si on est ensemble. Bam, ich jubel zwar mit Baby, aber heute nicht am Ballen, sondern zeige euch Hidden Products aus dem Coop. Let's go. Bro, er hat gesagt, ich bin heute nicht am Ballen wie Mbappé, aber zeige euch Hidden Products vom Coop. Du bist ein Rapper geworden. Bro, schon. ich habe das 3-mal müssen anhören. Aber was ist es für ein Zusammenhang? Also, ich bin zwar nicht am Ballen wie Mbappé. Bam, ich jubel zwar mit Baby, aber heute nicht am Ballen, Ah. sondern zeige euch Hidden Products aus dem Coop. Let's go. Er ist am Jubeln wie Mbappé, aber nicht am Ballen. Bro, und nur schon die Kombination von Wörtern muss ich so sagen. Bro. Viermal, Bro. Viermal. Wenn du so redest. Aber also, für den Coop ist es gut, weil eben, es gibt Aufmerksamkeit. Leute wie ich schreiben darunter 5. Landessprache erfunden, weißt du? Aber Ja. Bro, wo gehen wir an? Ja. Wenn nicht mal mehr ich das Zeug verstehe, wie wenn das andere Leute verstehen? Ich weiß nicht. Also meine Mutter, wenn sie das anschaut, sagt sie so, keine Ahnung. Redet Thurgauer auch so? Ich jubel wie Mbappé, aber zeige euch nicht die... Bro, ich keine Ahnung. Ich würde das schon gerne mal noch so in diesem Dialekt hören. So. Willst du es nochmal hören? Nein. Aber weißt du, der gleiche Satz im Thurgauer Dialekt? Oder im Bündner Dialekt? Nein, die Da können doch bräuchten wir nicht jetzt so. den Kiko für den Thurgauer Dialekt. Ja, aber die können doch nicht so. Die können doch das gar nicht sagen. Oder Kiko, der könnte das super imitieren, der redet auch so schnell. Der könnte super, aber... Ah, der Kiko, Comedy Kiko. Ja, der ist viel mit dem Fabio unterwegs. Ja, aber nein, ist so... Ja, Bro, ist anstrengend. Ja, Ja. ja, sehr anstrengend. Aber irgendwie muss man ja gleich mit der Zeit gehen, weil sonst geht man mit der Zeit. Ja. Das Ding ist jetzt auch mit. Ja, jetzt ein Kind offensichtlich. Du hast es ja dumm gesehen. Mhm. Das ist real. Nein, das ist ganz vom ruhig. Coop. Und weißt du, davon ja auch einmal schon reden. Und weißt du, wie redet denn der? Er kommt zu dir so, Papi, ich will heute so Go-Kart fahren, Type Shit. Dann gibt es eben wieder noch verrücktere. Bro, dann gibt es einen Poolstream. Aber ihn siehst du nicht, unter Wasser. Alter. So. Nein, ich weiß nicht. Ich weiss, du weißt auch noch nicht, ich weiß auch nicht, wie man mit dem umgeht. Weißt, keine Ahnung. Das musst du, glaube ich, einfach so, es gibt eine neue Ja, bis Situation. dann reden wir einfach in Zeichensprache. So, dann nehmen wir... Ja, genau. Wo gehst du hin? Oh Mann. Was heisst das? Oh Mann. Nein, ich weiß nicht, es fasziniert mich. Auch, ich habe letztes Mal mit dem Enki darüber geredet. Mhm. Also auch, weißt du, Kommentare.
auf TikTok. Sind ja teilweise so mit so Wörtern. Mhm. Und die teilweise werden ja schon Emojis gebraucht für Sachen, wo ich nicht rauskomme, Bro. Bro, das mit den Emojis finde ich crazy. Das fasziniert mich immer wieder. Plötzlich ein Emoji, ein neues, das überall auftaucht. Jetzt, seit etwa einem halben Jahr ist ja die Rose mit dem Blättchen runtergefallen. Was ist das? Bro, das ist einfach so Trauer oder so. Weißt du, Mhm. schon der Sinn Mhm. vom Bild, aber Mhm. es wird halt. Die Jugend tut das dann so verwandeln, so, Mhm. weißt du, sie können wie mehr Emotionen via Textnachrichten mitgeben. Mhm. Also weißt du, sie können etwas schreiben und dann können sie mit einer Kombination von Ja, Emojis Rose, können sie genau sagen, wie sie es meinen. ja. Das war bei uns auch viel das Problem gewesen. Du schreibst einfach und der andere denkt so, Ja. wie meint er sie jetzt? Ja. Was ist die Emotion hinter dem Satz? Und sie können halt genau so ja, der Zug verpasst. Schreiben sie das zum Beispiel. Oder stell dir vor, jemand schreibt, ich habe den Zug verpasst. Dann so Rose mit Blättchen runtergefallen. Aber noch ein Smiley und vielleicht noch etwas anderes. So. Und dann wissen sie ganz genau so, okay, er hat den Zug verpasst. Es ist schlecht, aber so, er findet es jetzt nicht so schlimm, weil, weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine? Die ganze Aber Expressions. Ja, das ist eine Evolution, die da stattfindet mit Textnachrichten. Dort werden wir, glaube ich, auch noch mehr Probleme haben. Ja. Und wenn mir dann mein Sohn so schreibt, ja, keine Ahnung, wir haben einen Unfall gehabt, Rose, Trauersmiley, Lachsmiley, schräges Ding. Ja. So, aber dann am Schluss glücklich. Dann muss ich so identifizieren, ich sage, jetzt schlimm gewesen oder nicht? So, weißt du, ist jetzt irgendwie so, Ich bist du nur umgekehrt? Weiß auch nicht. Hast du sehr einen Nagel in die Hand geschlagen oder ist etwa 20 Meter neu runtergefallen? Weißt du, du musst Ja. nicht so das entschlüsseln. Aber ja, ja. die Zukunft ist Bro, hure offen, weil wir machen so schnell Fortschritt. Ich meine auch mit KI. Ja, Bro, KI. Da könntest du auch hure lang drüber reden. Ja, ewig. Und es macht so schnell Fortschritt. Ich meine, vor 3 Jahren sind die ersten KI-Modelle gekommen, um so Comic-Charaktere von dir selber zu machen. Und jetzt sind wir so weit, dass unser verdammter KI-Agent sogar kann, ein Restaurant reservieren und es geht noch weiter. Also wir sind bei ChatGPT 5 und warten ab, bis super KI kommt, super Intelligenz. Dann wird die Menschheit überflüssig, Bro. Dann frage ich mich eben, dann wird das Ganze noch schlimmer mit dem Type-Shit-Zeug. Weißt du, wegen dann die Leute verblöden, die Leute haben keinen Sinn mehr. 90% der Bevölkerung wird wahrscheinlich überflüssig sein, blöd gesagt. Irgendwann. So, sagen wir, ich stecke es jetzt weit. So 10, 20 Jahre. Ich meine, so ein Schreiner, etwas Handwerkliches geht schon länger. Aber Super KI wird so schlau sein, dass sie dir das Problem löst. Das Problem, wie kann ich zum Beispiel den Tisch herstellen, so schnell löst, dass du den Schreiner gar nicht mehr brauchst. Es tönt jetzt voll. Wie soll ich Ja, sagen? ich sehe schon, was du meinst, ja. Es tönt überhaupt nicht logisch, es tönt überhaupt nicht realistisch, weißt, aber es wird halt so kommen. Und ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, auch so Videos geschaut von Leuten, die zum Beispiel bei OpenAI gearbeitet haben und so. Und die sagen halt, jetzt steckt jedes Land alles Geld in die Technologie, weil jeder will der Erste sein. Aber wenn du nachher Quantencomputer hast und nachher das kannst knacken, dann ist nicht mehr sicher. Nicht mal mit deinem Krypto-Wallet. So, dann, Alter, das macht mir viel mehr Sorgen, als eigentlich unser Slang. Ja. Denkst du, Krypto ist nicht safe? Also wenn Quantencomputer rum sind, dann nicht mehr. Jetzt schon, weil jetzt bräuchtest du, keine Ahnung, Jahrtausende, um so Code zu knacken. Aber wenn du dann so Superintelligenz hast, mit Quanten... Aber denkst du, Krypto ist, wenn es jetzt nicht zum Quantending denkst du, ist stabil? Ja, dann Etwas wird es Safes. sehr schwierig, so etwas zu knacken. Ja. Du hast nicht so viel Rechenleistung. Ja, aber nicht wegen dem Knacken, meine ich. Mhm. Ich meine, bleibt es wertstabil? Es ist halt davon abhängig, was für eine Anwendung es in der echten Welt hat. Eben, ja, das Ja. ist mega von Ich der meine, Akzeptanz Bitcoin ist nur abhängig. so viel wert, weil man nicht weiß, wer es erschaffen hat und weil, ich glaube, über die Hälfte in dem Besitz ist von ihm. Und jetzt ist es einfach so gross und in so vielen Händen schon fängt, obwohl es nur 6% von der Weltbevölkerung Krypto besitzt, oder 7 oder 8%, einfach unter 10%. Weil im Kopf kann es einfach nicht funktionieren.
Ja, eben, wenn du, wie wenn du keinen Zusammenhang hast, du fragst dich jetzt, was hat das für eine Lösung? Oder was sollte das lösen? Aber ich meine, jetzt sind wir im Web 2. Wenn du jetzt ins Internet gehst, du befindest dich im Web 2. Und das ganze Meta, virtuell und so, das ist Web 3. Das ist das nächste, was wird kommen. Und sie haben ja schon vor einem Jahr mit diesen Brillen advertised, dass du irgendwann Meetings so wirst halt. Und das wird halt irgendwann wirklich kommen. Und die ganzen Web 3 Sachen sind halt viel auf Krypto-Blockchains und so. Also das wird schon Zukunft haben. Was das ganze andere mit Bitcoin und so wird sein, das ist so ein bisschen dahingestellt. Ich will mich da nicht zu weit reinlehnen irgendwie. Es ist halt schon immer noch viel von Spekulation und so drin und es ist auch sehr manipulierter Markt noch jetzt, weil einfach noch zu wenig Leute drin sind. Es haben wenige Leute zu viel Macht über den Markt im Krypto. Mhm. Zu viel Ja. Macht über den Kryptomarkt. Weil sie zu viel Geld drin haben. Sie können sagen, morgen zahlen wir ein paar Millionen dort aus und Leute gehen in Panik. Ja. Aber am anderen Tag haben sie es schon wieder aufgekauft und Leute haben verkauft und steigen wieder höher ein und so. Das ist schon Aber noch ein bisschen, Ich sage, die Adaption wird jetzt immer mehr kommen. Natürlich auch vorangetrieben durch das, dass Amerika den Trump gewählt hat vor einem Jahr. ja. Wäre das nicht gekommen, wäre das auch nicht so. Wer es halt unterstützt auch noch ein bisschen, oder? Ja, Bro, die unterstützen das komplett. Die Aber er haben könnte auch Milliarden gemacht mit dem. Er könnte auch fett noch reinschießen. Ja. Ja, es ist ein sehr schwieriges Pflaster, aber ich meine, damals, wo das Internet kam, ist, das Web 2, hat auch jeder gesagt, so, nee. Die ganze Finanzkrise 2008 und so. Und der Bitcoin war auch mal bei 1 Franken, checkst du, oder? Ja. Irgendwie gehen wir halt gleich mit der Zeit. Ja, ich Aber- bin gespannt. Ich bin einfach dort, das Problem ist, weil ich so viel mit digitalen Sachen und Technik und Software zu tun Mhm. habe, ich vertraue einfach nicht der digitalen Währung, Bro. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber eigentlich sind wir ja schon uns am Digitalisieren. Wer zahlt noch mit Bargeld heute? Wenig Ja, Leute, wenig, oder? das Immer, schon. immer weniger. Das Und fix. jedes Mal, wenn du mit der Karte zahlst, gehen wir eigentlich einen Schritt näher an digitalen Franken, an digitalen Euro, was auch immer. Ja, Und das fix, ja. wird nachher wieder mit Blockchain gekoppelt sein, zu 100, Ja, oder? weiß nicht. Und ich habe auch Mühe mit dem Internet so. Jetzt haben wir ja auch gerade aktuell das Thema E-ID in der Schweiz. Mhm. Ich weiß nicht, wie du dort dazu stehst. Dass wir die ID nur noch Habe ich mich gar digital nicht haben. gross informiert. Und irgendwie kann man ja sagen, ja, hure schwierig, ich will das nicht, aber wir sind ja schon seit 15 Jahren im Internet. Weißt du, was ich meine? Ja. Unser Profil besteht schon im Internet, auch wenn wir das gar nicht wollen. Ja, das Problem ist, mit allen Sachen, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit allen Sachen, die du brauchst, ob es jetzt aber jetzt eine ID musst du ja theoretisch jederzeit ein bisschen parat haben, dass du sie kannst vorzeigen. Mhm. Und sobald das wieder abhängig ist von einem Akku, ob der voll ist oder nicht, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Mhm. Wegen dem auch rein digitales Geld. Mhm. Solange alles Akku hat und solange alles läuft, finde ich easy. Aber Bro, wenn du an einem Festival bist und mal keinen Akku mehr in deiner Mhm. Bank hast und so, bist du vielleicht gleich noch froh, hast ein 100er Nötchen dabei, weißt? Bin ich gleicher Meinung. Und du musst immer so ein bisschen auch von dem ausgehen. So. Und Strom ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo unbegrenzt gewährleistet ist, weißt du, was ich meine? Und es ist, mir denke es einfach schwierig, alles ein bisschen von dem, so von digitalen Sachen abhängig zu machen, weil es so fehleranfällig ist oder ausfallanfällig ist. Das heisst, ich bin dort eher ein bisschen der, der sagt, machen wir lieber etwas Physisches noch. Mhm. Weißt du, ein Backup. Mhm. Etwas, das man physisch alternativ brauchen könnte. Weil es gibt immer wieder Ausfälle, es gibt immer wieder Fehler. Etwas funktioniert nicht, Bro. Kassenterminals funktionieren gerade nicht. Bro, wenn die Tankstelle Kassenterminals nicht funktionieren, das Laden bricht fast zusammen dort. Mhm. Man hat es ja in Barcelona gesehen. Es hat niemand mehr Cash dabei. So, ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, wir sind aufgeschmissen. Stell dir vor, es passiert mal so national irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Aber hast du das von Barca mitbekommen, diesen Sommer? Es war ja Stromausfall. Einen ganzen Tag lang fast. Dann Mm, du hast nur noch eine Bar zahlen. Du ja. hast überall, wo du hin bist, hast du nur noch eine Bar zahlen. Die Leute haben wieder miteinander gespielt, im Park und so. Das ist richtig weird, weißt du?
Aber es zeigt halt eben schon, man kann dann sagen, ja, es ist Spanien, es ist nicht ganz die Infrastruktur wie bei Nee. uns, aber es kann eben auch bei uns mal passieren. Ja, oder? sicher, fix. Aber wir sind ja schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Prozent wir schon digital sind. Ich meine, nur schon unser Auto würde bei einem EMP, bei einem Blackout, also wenn jetzt nur so ein Stör, Ja gut, das wäre dann wär alles Blackout. Ja, ja. alles. Es würde nicht mehr gehen. Ja. Ja, aber eben ich finde einfach, dort müsste man so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur noch digital. Weißt du, es sollte immer noch die Alternative da sein, dass ich einfach eine 100er-Note rauslassen kann. Im Fall der Fälle, dass ich eine dabei habe, dass die auch noch einen Wert hat, dass die auch noch ihre 100 Franken Wert hat, die Note, dass ich mit der auch noch einkaufen kann. Klar, wenn es keinen Strom hat, wird es schwierig mit dem Bankomat rauslassen, aber dann kannst du theoretisch immer noch in den Schalter rein und die einfach ein Schublädchen oder weiss nicht was, weißt du. Mhm. Aber so rein digital finde ich immer schwierig. So. Aber Banken tun ja das auch jetzt stagnieren, das Bargeld. Sie bauen Bankomaten ab, du kannst kein Bargeld mehr rauslassen. Sie sagen, Ja, es entwickelt sich schon in die Richtung. Ich Ja. sage einfach, ich bin jetzt nicht ein riesen Fan davon. Auch wenn Ja. ich weißt, solange alles funktioniert, ist ja alles gut. Mhm. Solange alles funktioniert, ist ja. Ich sage, hey, wenn du gewährleisten dass es immer funktioniert, safe, macht. Aber weil ich so viel mit Elektronik zu tun habe, mit Software, weißt du, gerade wir, die sich viel damit auseinander wissen, Bro, plötzlich funktioniert einfach etwas nicht. Der Stream funktioniert jetzt 50 Mal. Mhm. Aber plötzlich geht einfach etwas nicht. Mhm. So, vielleicht musst du nur ein Update machen vom Programm. Vielleicht musst du aber auch ein Update vom Betriebssystem machen. Ja. Vielleicht musst du auch beides updaten, wegen dem geht es nicht. Weißt du, das sind so Sachen, wo wir, Dann wo wir, geht's dann, Internet nicht. ja, wo wir so Kopfzerbrechen machen, weißt du, was ich meine? Also ja, es macht mir nicht Kopfzerbrechen, eigentlich ist es scheißegal und ich kümmere mich meistens nur um meinen Scheiß und mache es einfach, wie es gerade ist. Aber, ja. Ja, KI ist ein riesiges Thema. Nutzt du KI? Ja, für kleine Sachen, so für zum Beispiel für nicht so Beschreibungen von Instagram-Posts oder für meine Bio habe ich das letzte Mal gebraucht, zum Optimieren mit Schlagwörtern und so, was ich so mache, so Tipps. Es ist halt einfach, anstatt alles nachher zu googlen, was funktioniert, gehst du einfach ein, so, gib mir eine Bio, die geil ist, die mit den Such-SEOs oder was gut funktioniert. Und für das und sonst mit den Bildern natürlich. Photoshop hat ja auch schon eine gute KI drin, manchmal so zum Sachen entfernen aus Bildern raus. Aber ich tue nicht jetzt Sachen generieren. Das Einzige, was ich mega cool finde, ist so halt Musik. So das, was wir mit dem Barracks habe ich letztes Mal gemacht, das Lied fürs Intro und so. Ja. Das finde ich noch geil, so wenn einfach. Suno. Ich weiß nicht, mit was er es gemacht hat. Er hat das gemacht, er hat so über eine Webseite, aber es kann schon sein, Ja, dass es. das ist eine der besten, die auch der Passig braucht. Schon, Ja. ja. Eben, das finde ich noch cool. Klar, ich bin auch ein riesen Fan, weil ich halt selber auch viel selber mache. Gerade digitale Sachen, ob es jetzt Stream-Overlays sind, Übergänge und so Sachen, bin ich auch Fan davon, dass man einfach digitaler Kunst, sage ich jetzt mal, ob es jetzt Musik ist oder irgendwelche gezeichneten Sachen auf Tablets, die Leute selber machen, dass man dort den Wert behaltet und nicht zu fest, dass man wirklich sagt, hey, das ist KI und dass man dem keinen Wert gibt. Weißt, dass man auch sagt, hey, das ist KI, das ist nicht, da hat niemand sich den Arsch aufgerissen für das, weißt du, was ich meine? Ich finde, das sollte man immer noch ein bisschen im Kopf behalten, aber ich glaube, es wird in Zukunft sehr schwierig, das noch rauszusehen überhaupt. Ich brauche auch schon oft auch. Also ich frage jetzt nicht GPT, ey, das Päckchen ist nicht gekommen, was mache ich? Das macht schon viele Leute. Viele Leute teilen alles mit dem. Ach schon? Ja, Nein, es das gibt mache viele ich Leute, nicht. die nutzen das als Friend, als Doktor, als alles. Die fragen die einfachsten Sachen. Es gibt ja schon so ein Verarschungsvideo, wo du auf TikTok siehst, wo du fragst, er steht vor einem Kunden und dann fragt der GBT so, ja, ich stehe jetzt vor einem Kunden, was mache ich jetzt? Und GBT sagt es dann so vor dem Kunden, weißt du? Und dort gehen wir ran mit Teilsleuten. Teilsleute machen ihr das Leben von dem abhängig. Ja, aber gut, das ich stimmt wiederum auch. brauche es zum Beispiel für Videos. Du kannst sehr geile Übergänge machen mit KI, du kannst ein Startbild, ein Endbild nehmen. Ich glaube, du hast auch letztens so einen Effekt gemacht, wo es bei der Welt reinzoomt. Oder hast du das mit Google Earth Habe ich gemacht? mit Google Earth Studio gemacht. Das kannst du mittlerweile mit geilen KI machen. Okay. Und wir haben jetzt auch für eine Bauunternehmung haben wir 2D-Bilder bekommen vom Haus gezeichnet, weil es ja immer
das Dossier rein tun. Und haben nachher gesagt, ich will eine Kamerafahrt von dem Gebäude. Und es hat wirklich geile Kamerafahrten gegeben, die wir eingebunden haben. Und der Kunde ist perplex gewesen. Also, wie haben ihr das gemacht? So. Und es ist zwar relativ teuer, also pro Effekt zahlst du fast 10 Stutz so umgewandelt in Credits, aber Okay. früher hast du einen hure guten CGI-Nachbilder gebraucht, wo jede Stunde dran geguckt ist und die Szene hat müssen nachbilden und dann mit der Kamerafahrt das Ja, machen. das hat schon etwa 4000 Steine ausgegeben. Und jetzt machst du es innerhalb von 10 Minuten mit 10 Stutz. Das Was ist schon halt schon crazy. krass ist. Das ist krass, ja. Ja, wenn du es richtig weißt, nutzen, kannst du stark davon profitieren. Ja. Ja. Weiss jetzt noch, dort muss ich mich unbedingt noch mehr darum tun, was es für Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, für mich ist auch interessant, so, was kann man in Streaming bringen. Ich denke, da werden geile Plugins dann kommen und so, wo coole Sachen kannst machen. Aber ja, du brauchst halt auch Zeit, dich mit dem zu befassen und also musst du ein bisschen abwägen, lohnt es sich für mich, mich mit dem zu befassen. Aber ja, wir haben jetzt auch, was mir jetzt gerade in den Sinn ist gekommen, wo du das noch gesagt hast, wir haben es jetzt tatsächlich für mit dem Kleinen auch viel gebraucht. Ja? Ja. Inwiefern? Ja, egal, so sonstige Fragen, wie viel das er getrunken hat, ob das normal ist, was ist jetzt die Normalität. Gut, das sind mehr Sachen, die man auch googeln kann oder früher auch einfach gegoogelt hat. So. Weißt, Gut, was ist das Durchschnittsgewicht von einem 2 Monate alten Ja. Kind? So, weißt du, dass du ein bisschen abwägen kannst, ist unseres in der Norm oder nicht? Weißt, so. Oder wie viel trinkt er? Oder er ist jetzt 4-mal aufgewacht in der Nacht? Oder es hat ein Bienchen gestochen. Weißt, aber es sind Sachen, die du eher gehst, googeln. Nicht jetzt, sag mir, was ich meinem Kind soll machen Gut, aber Google sagen. tut es ja schon Ja. zusammenfassen, wieder als KI, wenn du eine Frage stellst. Ja, inzwischen auch, ja. Aber eben früher, wo es noch nicht das noch nicht geht, hättest du es einfach gegoogelt und hättest so auch ähnliche Antworten wahrscheinlich bekommen. Aber jetzt meine Mama hat es auch sehr viel gebraucht, die hat notfallmässig einen Hund bekommen, der 12 Welpen geboren hat, die sie hat müssen aufziehen musste. Und sie hat keine Schiene gehabt. So wie sie, was muss sie, wie muss sie. Und sie hat halt alles mit ChatGPT immer wieder gefragt. Und sie hat gesagt, das ist super gegangen. Die Hunde sind riesig geworden. Das ist schon eine riesige Unterstützung, ja. Weil du weißt halt eben, jetzt, die Mutter geht nicht zu den Kleinen oder weißt, oder schaut das eine nicht, du fragst sie, ja, es beachtet sie nicht. Und weißt, es gibt dir halt sehr schnell gerade die Antwort, die du brauchst. Du kannst sehr konkret fragen und es gibt dir die Antwort, die du brauchst. Bei Google hast du halt früher immer so grob stichwortartig eingegeben, so Ausschlag, blau, irgendwie. Und dann sind 10'000 Antworten gekommen. Und halt ChatGPT gibt dir relativ kurz ein bisschen auf den Punkt, was du brauchst, so als Antwort. Aber Du bist meistens in einem Reddit-Forum gelandet. ja, so eine gute Frage nicht. So, hat schon mal jemand gefragt, ja. Und jetzt fragst du halt einfach ChatGPT und er gibt dir etwa die Antwort. Aber ja, nützlich ist es auf jeden Fall. Man muss nur... Ja, also weißt du, wir können ja nur gespannt bleiben, wo es herführt. Wir können ja gar nicht viel... Aber ich meine, nur schon jetzt mit GBT, wir haben können viel jetzt auch für Firma-Umwandlung oder Gründung können über GBT machen, wo du vorher halt einfach einen Treuhänder gebraucht hättest, wo du das hätte parat machen müssen, wo du wieder Zeit gezahlt hättest und. Oder? Also das fängt ja schon an mit dem. Ja. Gut, so für die Buchhaltung muss ich auch unbedingt schauen, dass ich das nutzen kann. Und eben, es fängt langsam schon an, aber jetzt du musst einfach irgendwie gewisse KIs können verstehen und das nachher wieder, das Wissen wieder brauchen, um das weiterzugeben. Wegen, wenn nicht, dann bist du der, der zahlt, um das Wissen erlangen, so mäßig. Ja. Jetzt im Bereich KI. Ich meine, du kannst jetzt immer noch Treuhänder sein, aber am besten bist du jetzt ein Treuhänder, der mit KI arbeitet. Ja. Und sonst Halt sucht sich halt der Kunde KI und das Wissen und schafft dich ab, oder? Ja, das wird sich ein bisschen in die Richtung entwickeln. Ich meine, auch Manager sind heutzutage eigentlich relativ überflüssig geworden. Außer du bist halt wirklich nur Kunstperson, sage ich jetzt. Und dann brauchst du in dem Sinne eine Person, die sich Manager nennt, aber der macht auch meistens dann alles mit KI. Ja. Weil sonst brauchst du ja ein Team. Ja. Ja, es wird viel, wie soll man sagen, einerseits einfacher machen, aber andererseits Nachfrage nach anderen Leuten reduzieren. Oder studieren, du hast das Wissen, du bedienst jetzt die KI, du bist jetzt nicht überflüssig, aber du hast noch viel mehr Zeit. Was machst du mit davon? Oder wir wissen jetzt, was anfangen mit unserer Zeit. So ein bisschen. Wir wissen auch, du machst noch zusätzliche Aufgaben von Leuten, die es eben nicht braucht. Ja.
Aber studieren jetzt nachher Leute, die nicht wissen, was mit sich anfangen. Was machen die mit der vorherigen Zeit? Also wie Du musst meinst du? jetzt mal so weit, du musst jetzt mal so weit studieren, so 10 Jahre voraus. Und jetzt, es hat keine Ahnung, es braucht schon die Hälfte Leute nicht mehr und die andere Hälfte bedient KIs. So. Aber was machen die Leute nachher mit der vorherigen Zeit? Die KIs bedienen? Ja, Also angestellt? zum Beispiel, ja. Ja, aber die machen ja die Aufgaben noch von denen zusätzlich, die es nicht mehr braucht. Ja, aber die werden ja auch nicht den ganzen Tag füllen. So. Vielleicht habe ich ein bisschen falsch angefangen, vielleicht verstehst du mich wirklich falsch. Ich weiss vielleicht, in welche Richtung dass du gehst. Du wirst einfach für einzelne Aufgaben viel weniger Zeit brauchen. Ja, so. ja. Ja. Ja, Ja, Bro, entweder dann du such machst dir dann ein Hobby, viel Bro. mehr, so, ja. Ja, aber Such dir ein Hobby. ich sage einfach so, irgendwann wird es dann so frustrierend, weil die Leute gar keine Aufgabe mehr sehen in sich. Weißt du, wenn der Mensch keine Aufgabe mehr hat, Du das musst, sehe ich auch du bei musst den alten Probleme nicht mehr Leuten, selber lösen. Ja, das sehe ich auch bei den alten Leuten. Wenn sie keine Aufgabe mehr haben, keinen Zweck mehr, dann fühlen sie sich überflüssig und werden depressiv, wollen nicht mehr rum sein. Und das habe ich auch bei mir gemerkt. Sobald etwas kaputt gegangen ist und ich alles reingesteckt habe, ich habe gar keinen Sinn mehr. Ich muss wieder einen neuen Sinn geben. Mhm. So. Was machen die Leute, die sich keinen neuen Sinn geben können? Und nachher schlagen sie sich den Kopf ein. Ja, Bro, aber ich glaube, das ist heute schon das Problem. Ja. Viele Leute checken einfach nicht, dass sie depressiv sind. Ja. Weil sie eben nicht denken. Also, wir denken ja relativ viel, aber es gibt viele Leute, die einfach so in den Tag hineinleben und Mhm. so, ja, mach mal Küche. So, Bro. Das ist schon der falsche Ansatz. Also ich liege mal auf mein Bett. Ja. einfach So. Ja, schau mal, was im Fernsehen läuft. Also, Crazy. ja. Ich glaube, das ist heute schon das Problem. Also weißt du, wir kennen ja viele Leute nicht. Oder wir kennen den Alltag von den meisten Leuten nicht. Aber ich glaube, viele Leute, oder wenn also mir kommt es aber so vor, Leute die verzweifelt sich so probieren zu unterhalten. Ja. Weißt du, Ja. ja, jetzt gehe ich heute dort noch in den Ausgang und dort noch in den Ausgang Ja. und dann gehe ich da schauen und dann gehe ich dort vorbei. Und es ist mehr so ein Ablenken davon, dass man selber eigentlich nie ist. Ja. Weißt du, so mäßig. Und so, wenn ich das habe, dann. Ja, und So. jetzt, ja, eben so in die Richtung, ja. Jetzt muss ich das. Wenn ich den Bachelor habe, dann. Wenn ich den Master habe, dann. Und dann ist dann und dann. Und dann ist so, ja. Und dann für sie irgendeinen 100% Job an und will es am Abend gleich nicht mehr was machen, wenn sie Ja, das heimkommen. ist crazy. Also von dem her, ich kann nur jedem, eine Selbstständigkeit kann ich jedem empfehlen. Mhm. Also so wie ich es jetzt habe, mit 70% angestellt und teils selbstständig, Bro, macht das. Weil du hast immer, also weißt du, außerdem ja natürlich noch ein Hobby, wo ich viel Zeit kann investieren kann, wenn ich will. Aber du kannst die ganze Zeit etwas machen, wenn du willst. Mhm. Und du musst etwas haben, das dir Freude macht. Nicht einfach irgendetwas, sondern du musst etwas. Aber das ist nicht dort der Punkt, wo du gesagt hast, du solltest mal in dich reingehen und Mhm. mal schauen, was macht dir eigentlich Freude. Und dort solltest du dann anfangen, hey, wie kann ich aus dem etwas machen, wo ich mich beschäftigen kann oder wie kann ich dort etwas vermitteln. Und dort kannst du dann auch, du fängst dann an von Zeug machen, die auch nicht immer Geld muss bringen. Du fängst an von Zeug machen, wo nicht immer daran denkst, wie mache ich meinen nächsten Gewinn, sondern du machst vielleicht machst du etwas, organisierst etwas, das einfach eine gute Message mit sich gegen rausträgt. Vielleicht triffst du dich einfach gerne mit neuen Leuten, vielleicht fängst du irgendwann eben einen Verein gründen oder triffst dich im Gartenverein oder weiss ich nicht was. So, such das, wo dir etwas bringt. So. Und eben viele Leute verzweifeln ja daran, weil sie eben die Diskussion heute, oder was ja sicher früher auch schon geht, so vom tieferen Sinn. Also was ist der Sinn vom Leben? Die Frage werden sich wahrscheinlich zukünftig noch viel mehr Leute stellen, weil sie eben mehr Freizeit haben oder mehr Zeit für Sachen. Bro, dann musst du einfach mal anfangen überlegen und mal herausfinden, in welchen Situationen bin ich eigentlich wirklich happy gewesen, was brauche ich? Brauche ich meine Family, brauche ich meine Leute? Die Leute sind auch mega happy, wenn es den Leuten um ihn herum gut geht. Mhm. Bro, dann gang zu denen, gang käfeln, fragen, wie geht's, was machst du? Unterstützen auch, weißt du, manchmal längt es auch, wenn man für die Leute einfach nur da ist. Also, da muss man ein bisschen herausfinden. Ja. Und viele Leute, ich glaube machen sich auch einfach die Gedanken nicht. Also wenn ich manchmal, also ÖV ist für mich so ein typisches, ÖV ist für mich eine Entdeckungsreise durch den aktuellen Stand der Zivilisation. Und wenn ich aber sehe, was dort geschnurrt wird und wenn ich höre, was geschnurrt wird und wie die Leute aussehen und durch den Tag laufen, dann frage ich mich immer so, Bro, was geben dir so?
Was macht ihr? Weißt du, was ich meine? Ja. Oder gerade wenn du im Kundenkontakt schaffst, wenn du dann so Anfragen hast, so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das, ja, ich weiß nicht, mein Fernsehen geht nicht mehr. Ja. Ja, scheiße, ja, eben, es gibt auch Leute, die sich nicht darum tun, oder vielleicht ältere Leute, die Mühe haben, die nicht wissen, was sie müssen machen müssen. Aber wenn man dann so einen 25-Jährigen anruft, ja, mein Fernsehen geht nicht mehr. Ja, weißt du, Bro, also hast du noch nie herausgefunden, was das Problem ist. Ich weiß nicht, ob ich dort eine falsche Erwartungshaltung habe, aber ist der Fernseher, der kaputt ist deine Box, die kaputt ist irgendetwas im Internet nicht gut. Weißt, das sind doch so Grundbausteine, die du selber zuerst mal herausfinden. Das ist jetzt vielleicht nur aufs Internet bezogen, aber weißt, machen sie es mit anderen Problemen auch so. Ja, 100. Weißt du, Ja. so ja. 100. Und dann gehst du ins Scope, laufst direkt, weißt, laufst irgendwie rein so, und dann gehst du für alles, was du suchst, gehst du jemanden fragen. Ja, wo ist die Milch? 100. So, ja. 100. Ja, fragt ChatGPT, ich bin jetzt so im Coop an der Langstrasse, wo ist jetzt was? So. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber eben manchmal fragst du dich wirklich so ein bisschen, wie die Leute durchs Leben gehen. Aber Bro, aber es fragen mich eben an sehr vielen Orten und ich kann eben nicht, mit jedem darüber reden, weil meistens sind das eben auch so Leute, die auch die Einstellung haben und dann ist es schwierig, weißt du? ja, Ich bin sehr oft an der Aussenseite mit meiner Meinung. Was ja nicht falsch ist, aber es macht es schwierig. aber es kann auch sein, dass wir das völlig falsch sehen und die einfach zufrieden sind. So. Ja, also Weißt? die meisten sind ja so Ja. zufrieden. Und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen mein Problem. Ich will teilweise wie nicht, dass er zwingen, aber ich will wie, dass die anderen die gleiche Sicht oder ähnliche Sicht haben Ja. wie ich, weil ich habe ja einmal so geschaut. Checkst? Ich bin einmal so unterwegs gewesen. Und Und manchmal hättest du das dem gerne meine ich- wieder. Ja, und nein, ja, teilweise schon. Bro, aber manchmal hätte ich schon jetzt gerne weiss ich wieder. eben, ich wäre nicht glücklich. So. Wegen jetzt, Mal, vielleicht wärst du dann glücklich, wenn du so wärst. Nein, ich habe etwas nachgejagt, wo es nicht gibt. Oder wo Leute meinen, dass es gibt. Aber jetzt lebe ich genau das, was ich will. Zwar nicht mehr die Sicht von damals. Ich sehe eben zu viel Hinterkulissen, aber ich habe dafür ein beruhigtes Leben. So. Vorher, ich habe etwas wirklich. Einfach, meine Sicht ist so, ich habe immer etwas nachgejagt, so Karriere und so, aber das ist einfach das Umfeld. Und das ist vielleicht auch einfach die Schweiz, weil wir einfach verdammt die Leistungsgesellschaft sind. Ja, das weißt ist bei uns auch schon noch Und, extremer. über das Thema habe ich schon auch mit ein paar Kollegen geredet und ein paar teilen die gleiche oder ähnliche Meinung und ein paar sagen so, ja, es ist halt so und sie finden das System in der Schweiz gut. Und ich dann halt wieder muss sagen, nein, mir ist einfach der Druck zu gross gewesen, damals. Ja, die Einstellung ist auch ein Und die bisschen Einstellung, Arsch ja. bei uns manchmal. So mäßig, wenn du jetzt nicht etwas studierst oder ins Gimmi gehst, ja dann für den Spaß beim WC putzen mäßig. Weißt Ja. du, was du machst, Koch? Ah, okay. Und weißt, ich bin eben, weißt, Corporate Manager von 10 Leuten, aber hat nichts auf dem Deckel, weißt. Und jetzt sehe ich einfach so, ich habe den richtigen Weg gegangen. Damals, ich habe mich nirgends wohl gefühlt, Bro. Aber jetzt, ich sehe, ich bin auf dem richtigen Weg, darum sage ich so, nehmt euch Zeit, sind einmal allein, weil damals ich auch Angst hatte vor dem Alleinsein. Ja. Ich bin nicht gerne allein gewesen, ich habe immer gerne Leute um mich herum gehabt. Ablenkung. Aber jetzt nicht mehr. Ja. So. Ja. Ich genieße es mega, jetzt zum Beispiel mit dir sein und so, aber Vorher war es Ablenkung, gewesen, ja. dass du eben nicht allein sein willst. Und ja, jetzt hast du es nicht gern, weil es Ablenkung ist von deinem eigentlichen, ja, was du eigentlich gerne würdest Ja, machen. ja, So, ja. Viele 100%, ja. ja. Und ich sehe eben auch so viele Leute, die eben so nach meinem alten Motto leben, wo ich muss sagen, Und ich kann dann eben auch nicht mit diesen Leuten auskommen, weil ich sehe, die leben etwas anderes, aber ich wollte eben ihnen das auch nicht aufzwingen, die andere Sicht. Ja. Bro. Ich weiß nicht, mir ist das aber so gegangen, wenn. Also ich habe das dann so gemerkt. Aber die Leute sind sehr materialistisch. Ja. Bro, dann, wenn so, ja, weißt ja, und dann. Ja, es gibt verschiedene Sachen. Ja, weißt, wir machen eine riesen Hochzeit, dies, das, oder weißt, ich hole mir den später einen M3 oder weiß doch nicht was, weißt, alles Mögliche, so Zeug. Und dann hockst du so dort und denkst so, hä? So, weißt du. Und dann, so, Ja. so. Und du merkst ja, dass die Begeisterung nicht für sie ist, sondern sie wollen jemand anderes damit begeistern. Aber sie weiss so, eigentlich weiss sie dein Feedback Ja, haben, so ja, das, ja. boah, krass. Ja. So, das, weißt du, das weiss ich Ja. haben. Und ich bin dann so dort so, Bro, ich kann dir jetzt irgendwie nicht das geben, was du Ja. erwartest, Ja. so, weil juckt. Ja. Nein, das weißt ist so.
Und das ist dann so ein bisschen komisch. Schwur. Und du weißt auch gar nicht, das habe ich zum Beispiel jetzt, das ist noch schwierig, das habe ich gar nicht mehr so, das Feedback von anderen, wo ich, weißt du, ich will gar nicht so, boah, das ist krass und so, ich tue ja eigentlich nichts kommunizieren, was ich mache. So. Ich tue gerne die Videos, die ich geschäftlich produziere, gerne teilen, um zu zeigen, hey, look, ich kann euch das anbieten und so. Dass ich ja vielleicht auch ein bisschen Geld verdiene, so, weil manchmal brauchst du auch Geld im Leben. Aber es ist nicht so, ich poste etwas, damit die Leute denken, so, boah, krass. Sondern ich poste etwas, jetzt Giveaway für die Leute, die ich poste. Und die Bilder zum Teil, die Unterschriften, die ich hole, für die Leute, um jemandem eine Freude zu machen, weißt du, mässig. Nicht so, gut, jetzt so bin ich schon stolz drauf, weißt du. Der mässig. Ja, der Sherdan. Der Sherdan ist für mich eine Legende, so, aber das ist für mich so, wenn ich es anschaue, denke ich so, boah. Und der Einzige, den ich gerne mal, wo ich haben, der da drauf schaut und sagt, boah, krass, ist der Kleine, der dumm ist. Wenn er mal so, boah, krass, Papi, mal mit Sherdan, war schwierig gewesen. Das ist der Einzige. So, sonst ist es für mich jetzt im Moment noch, weißt du. Aber alles andere ist, ja, auch einen Song unterschrieben, den ich auch verlost habe, weißt du, auch um jemandem wieder eine Freude zu machen. Und ich finde, man muss, also vorher wäre ich gar nicht irgendwie, eben, und dann, wenn so Leute auf mich zukommen, so, ja, dies, ja, das, weißt du, ja, dies und jenes. Und dann ist es so, ja, okay. So, mit dir mache ich wahrscheinlich nichts. So, weißt du, was ich meine? Aber dann ist es umso schwieriger, weil eben wir haben gerne die Leute, die das eben nicht machen. Aber es ist schwierig herauszufinden, die wirklich so krass sind, weil die teilen es eben nicht. Die dann zu finden, weißt du, so, wer ist wirklich. Und dann musst du wirklich recherchieren, der hat das gemacht und der hat das gemacht. Und eben jetzt zum Beispiel, vorher haben wir kurz über zum Beispiel andere Streamer geredet, jetzt über die Leisa zum Beispiel. Die Leisa ist auch nicht so, boah, schau, ja das, sondern sie macht viel im Hintergrund mit Discord-Server unterhalten und dort das Giveaway und dort etwas. Und das finde ich dann cool, so Leute, die wirklich Zeug organisieren und du eigentlich erst auf den zweiten Blick so merkst, dort ist die Person dahinter und dort ist auch die Person dahinter und da läuft wirklich etwas und da ist etwas los. Und von denen gibt es eben auch viel, aber es ist noch schwierig, die Leute zu finden, weißt, weil sie eben nicht so laut sind. Weil sie eben Leute gerne, die nicht so laut sind, wo du wirklich musst schauen, so, was machen sie und dann erst entdeckst du, so, die sind krass, weißt du. Aber ja. Und bei vielen Fußballern ist es eben auch so. Junge Fußballer, es gibt die Lauten natürlich, die erfolgreichen, aber die haben es schon geschafft, die dürfen laut sein von mir aus, ist mir egal. Aber es gibt viele junge, gute Fußballer, Talente, oder jetzt auch die Frauen zum Beispiel. Es gibt nicht, ich sage jetzt, Geraldine Reuteler. Das war die krasseste an der EM. Aber die hat wer hat vorher über sie geredet? Niemand. So, sie ist einfach so, sie hat ihr Ding gemacht, sie hat Fußball gespielt, dann ist sie auf den Platz gegangen und hat gezeigt, so, ich nehme mich alle auseinander. So. Und das finde ich dann so, ich bin jetzt ein riesen Fan von ihr, weil ich jetzt so herausgefunden habe, boah, sie ist eigentlich richtig krass, weißt? Aber sie ist nicht im Internet am Posten, dies, das, wo Frauen sollten mehr Geld, weiss nicht was alles. Sie macht einfach ihren Shit. Und das finde ich dann so sehr respektabel. Und bei dir ist es ja auch, eben, du bist auch ähnlich, du machst auch Manava, wo jetzt nicht primär vor der Kamera stehst. Jetzt zeigst du ab und zu schon gerne mit einem Gläschen Wein oder so. Ab und zu zeigen. Ja, aber ich poste schon viel, viel weniger. Ja, das fix. Aber du machst auch Sachen, die mehr Zeit. Ja. Du kannst nicht jeden Tag, du bist schon nicht jeden Tag neu etwas Neues und teilst und weiss nicht was. Ja. Bro. Viel. Bro. Weißt du, mir sagen teilweise auch Kollegen wieder so, du bist viel zu negativ eingestellt. Teilweise, den Leuten gegenüber. Und ich sage einfach so, ja, für Außenstehende mag das vielleicht so sein, aber es ist einfach zu meinem Eigenschutz. Einfach, weil ich einfach schon zu viel von dem gesehen, von dem Falschen gesehen habe. Weißt du, so. Es hat so viele Situationen gegeben, wo ich muss sagen, es sind alte Kollegen plötzlich wieder gekommen, aus dem Nichts. Und ich bin die letzten 4 Jahre immer noch am gleichen Ort am Wohnen und ihr habt mich die letzten 4 Jahre schon nicht, oder 5 Jahre nicht gerufen. Wieso rufen ihr jetzt? Wieso interessiert ihr euch jetzt? Irgendwo durch ist es ja klar, weil er macht ja etwas Neues, etwas anderes. Er macht eben genau das, was ihm Spass macht. Und ich glaube, genau das beängstigt auch die einen Leute eben. Weil sie sehen, so fuck, er macht einfach. Und das ist eben, glaube ich, auch das, was vielen Leuten fehlt, das Machen. So, sie hocken die Heime und denken, sie bewegen die Welt, Bro. Ja. Aber sie haben gar noch nie angefangen. Aber haben einen Hate-Comment geschrieben auf Ja. Instagram. Oder nicht mal einen Hate, Bro. Sie haben
Oder ein lustiges Reel teilt. Ja, Bro, und was ich aber auch krass finde, viele unterstützen nicht mal ihre eigenen Leute, sondern sie supporten etwas, wo, Alter, wie kannst du das wieder veröffentlichen, Bro? So. Ja, viele auch. Ja, keine Ahnung, aber das ist einfach Zeit. Das ist einfach Zeit. Und ich gebe auch oft die Schuld unserer Schweiz. Bro, viel. Wegen, in Deutschland ist es nicht so. Ja, Deutschland auch schwierig. Ja, Aber ich denke immer an so, ja, weißt aber ich glaube, dort ist die Missgunst nicht so groß wie in der Schweiz, Bro. In der Schweiz, die Leute haben alles, Ja. die Leute suchen. Die Leute suchen. aber ich verwünsche mich dort, weißt du, was mir am schlimmsten dünkt, ich verwünsche mich manchmal selber. Ja, ich meine, Weißt- ich mich auch beim Judgen. Und dann muss Ja. ich wieder sagen so, Bro, hör Bro, auf. ja, reiss dich zusammen. Hör ja. auf. Jeder tut dich judgen. Du kannst nicht nein sagen, du judgest nicht. Ja. Aber, oh, Und dort denke ich fast am schlimmsten, wenn bei dir selber, obwohl du eigentlich genau weißt, so, das hasse ich, und dann merkst du bei dir selber so, ja. jetzt habe ich wieder irgendwie etwas rausgelassen oder jetzt habe ich wieder irgendetwas gesagt, wo einfach. Aber es ist, Denkst du, nicht, Bro? es ist nicht irgendwie die Öffentlichkeit oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber es ist nicht in der Öffentlichkeit, aber es ist gleich so. Und es ist auch nicht unser Leben, so, es ist halt mal so ein Side-Judge, weißt du? Ja, Und die anderen sind nur am Judgen. ja. Ja, ich weiß es, der Mensch, ja. Wieso dürfen wir nicht? Ja. Es ist nicht so, dass wir nicht dürfen, aber es ist einfach so, dass. Es ist das, was du nicht gerne hast. Ja. Und du verwünschst dich dann selber so dabei. Weißt du, Aber wie ich meine? wenigstens verwünschst du dich selber dabei. Ja, Aber ja, ja. Ich bin früher auch nicht so selbstreflektiert gewesen, muss ich sagen. Ich kann auch viel mehr Widersprüche gehen als heute. Aber ich bin dort halt einfach realistisch teilweise. Und wenn, keine Ahnung, jetzt schreibt irgendein alter Kollege und will etwas von mir, dass ich ihn connecte mit jemandem, den ich kenne. Und ich denke mir wieder so, Bruder, mir wird gerade schlecht, weißt du? Mir Ja. wird gerade schlecht. Und der andere Homie sagt eben, Bro, du bist viel zu negativ eingestellt. Siehst doch jetzt aus Business-Ding und vielleicht ergibt sich etwas aus. Und ich so, Bro, das habe ich schon 30 Mal durchstudiert, aber es ist mir einfach nur schon nicht. Wieso sollte ich jetzt wieder meine Energie für jemanden aufbringen? Hankerum, es bringt die andere Partie vielleicht weiter. Ja. Es ist so. Und nachher bin ich wieder ein Hund, wenn ich dann nichts connecte. Nein! Aber wenn ich es connecte, dann gehe ich ja wieder eigentlich über meine Prinzipien aus. So, es ist so. Es ist schwierig. Ja, und. Hure, hörst du etwas von der anderen Person jemals? Nein. Ne? Nein, Bro. Nein, du musst dich ja wirklich um die eigene Shit kümmern. Ja. Das ist ja so. Und um deine. Also eben, die Ängste hast du ja immer noch irgendwie. Eben deine Ja. Fam oder weiß ich nicht, deine. Mal meine Mann. Homies von 8832 habe ich schon. Eben, ja. Dann auch die einen mehr Potenzial, um sich zu entwickeln als die anderen. Aber du, es ist nicht meine Aufgabe, Nein. denen zu zeigen, wie sie sich können finden oder so. Ich habe mich auch noch nicht ganz gefunden. Nein, Ich bin nein. jetzt Bro. mal auf einem richtigen Pfad. Allgemein von dem Belehren, eben, jetzt, ich sage mal, alles, was wir hier diskutieren, ist einfach unsere Meinung. Ja, ja, und, da müsst ihr nicht. Das ist nicht. Ich würde auch niemandem jemals vorschreiben, wie er etwas zu machen hat oder machen soll, sondern es bringt dir auch gar nicht, wenn es dir jemand sagt, Bro. So, du musst entweder kommst selber drauf und machst dann einfach. Und Bro, komm mich auch nicht fragen. Ja, so weißt du, soll ich jetzt das? Ja, weißt du, jetzt da. Ich tue eigentlich noch gerne Fotos und so. Weißt du, soll ich mir eine Kamera haben? Bro, mach doch einfach. Mhm. Was ist das? So, ich weiß doch nicht, was du gerne machst. Wenn du gerne hol dir doch die scheiß Kamera, mach das. Mhm. Mach einfach. Du musst mich nicht fragen. Wieso brauchst du mein Okay, go? Ja. Brauchst du doch nicht. Es gibt sicher auch viele Leute, die sich denken, so, was labern die zwei, weißt du? So, weil die eben eine komplett andere Ansicht haben von was ist Leben. Und die denken sich so, wow, die Scheiße, von was redet die? Von du musst dich finden, du musst Ja, gut. so voll die Aluhüte da, weißt du, Ja. was ich meine? Ja. Keine Ahnung, Bruder, wenn ich Fotos. Das soll ich einfach. Bro, mach einfach. Entweder wirst du dann boxt oder nicht. Du musst echt mit den Konsequenzen leben. Mach einfach. Einfach machen, das habe ich Einfach auch letztes machen. Mal mit dem Pascal, mit dem Passig wieder besprochen, mit dem, wo ich die Sets mache. Und du hast ja selber ein Gespür dafür. Weißt du, das Bauchgefühl, Bro. Wir machen uns viel zu viele Gedanken
was posten wir? Wann posten wir es? Was, weißt du, was, wie, einfach raus. Aber das habe ich auch vorher zu viel gehabt mit dem Fisi. So, wenn ich was poste. Aber im Endeffekt, es juckt niemand, zu welcher Zeit du was postest. Entweder es wird geschaut oder es wird nicht geschaut. Ja. Ja gut, jetzt wenn es so zur Nacht, also mit der Nacht Ja, um 3 klar, oder so, du macht musst keinen nicht Sinn. mitten in der So. Nacht etwas Ja. posten. So, Aber das ist schon ein bisschen an Dingen. Aber keine ich sage Ahnung. jetzt mal, bei dieser Reichweite, die wir noch haben, wir sind ja klein, weißt du? Ja, ja. Ist ja scheißegal, ob das Video Eben! 1000 Aufrufe hat oder Aber ich habe mir da 3000. vorher viel den Kopf zerbrochen. Ja, Wirklich. googlen, wenn Weil ich habe auch Algorithmus, so dies, das, Aktivitätszeiten. Wenn ich dies, jetzt in dieser Woche Stories poste vom Shooten, dann will ich schon irgendwann in einem Monat das Edit posten und oh, ist es jetzt schon zu spät. Aber es gibt ja nicht eine Timeline, dann kommt das, sondern du gibst es ja vor, wenn es kommt. Ja. Und ich glaube einfach, das FOMO, Fear of Missing Out, das ist einfach zu gross in der Welt. Dafür wünsche ich mich teilweise auch wieder. Aber also das ist wirklich insane. Insane. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Das ist auch so ein typisches. Das ist auch so etwas Typisches von den Leuten, die eben nichts überlegen. Die sind dann überall dabei und dort musst du gewesen sein und hey, hast du das gesehen und hast du das gesehen und müssen es dann teilen und hey, hast du das gesehen und ich bin dort gewesen. Bro, juckt, Bro. Juckt. Crazy. Aber das ist die heutige Zeit. Ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr gerne reist, bereist ein bisschen die Welt und schaut mal, wie es so in anderen Ländern läuft. Und dann merkt ihr, dass wir da schon sehr gut haben, auch wenn wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Ja, ich denke, wenn wir wirklich, also du kannst dort top, in der Schweiz kannst du, also neben besser kannst du ja fast nicht gehen als in der Ja, Schweiz ja. eigentlich, wirklich. Ja. So von den Umständen, von den Möglichkeiten, von den Wohnungen, die wir haben, Wohnungsangebot und so weiter, Gutes wie Angebot. du kannst wohnen, weißt du, die Art und Weise. Ja, ja. Gut, Du das musst- Angebot ist so ein bisschen Ja, ist sicher nicht immer einfach. zweischneidiges Schwert. Bro, aber wenn du drum tust, du findest etwas, was gut ist. So, weißt du, wenn du eine Wohnung suchst. Ja. Du findest eine, die gut ist. Vielleicht ist sie dann ein bisschen, es ist nicht immer alles perfekt. Es ist Ja, nie vielleicht alles haben die perfekt. meisten auch zu hohe Ansprüche, ja. Ja, Aber die Wohnungsnot, sage ich jetzt mal, in Zürich ist schon spürbar. Also ich höre von vielen Leuten, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine Wohnung zu finden. ja, aber es muss auch nicht jeder in Zürich unbedingt wohnen. Klar, aber oder, dann ist wieder, wo gehst du dann arbeiten, wenn du aus dem Raum kommst dort, und in Zürich ist es halt deutlich besser bezahlt wie jetzt auf dem Land. Ja, das ist auch klar. Ja. Oder? Und ich Aber meine, dafür wäre die Wohnung auf dem Land günstiger. eventuell, ja. Aber du kannst natürlich auch das, was du dort mehr verdienst, für deine Wohnung wieder ausgeben. Das ist dir überlassen. Ja, nein, also ich meine, in der Schweiz haben wir Aber schon ja. überall eine sehr gute Grundlage zum Ja. Starten. Ich meine, es gibt nirgends einfachere GmbH-Gründer als in der Schweiz. Ja. Es ist einfacher als in Deutschland eine Firma aufzutun, glaube ich. Aber du hast einfach sehr hohe Aber es ist eben auch wieder, Standardkosten. schon nur wieder die Grundlage, ich muss auf Zürich arbeiten, weil dort mehr Geld verdienen. Aber sich nicht den Abfuck antun und dort eine Wohnung suchen und dann mehr ausgeben für die Wohnung. Und das ist für mich schon wieder irgendeine Grundlage, wo ich sage, ich gehe nicht auf Zürich arbeiten, Bro. Mhm. Ja, für die einen ist es dann aber einfach wieder nur schon das Networken. Kommt halt auch darauf an, in welcher Branche, was du machst und so. Ja. Aber ich sage, Aber Bro, 95%, die in Zürich arbeiten, sind doch nicht auf Networking angewiesen. nein, aber es ist automatisch näher zusammen. Weil Ja. ich meine, wenn du jetzt nur schon dort bei mir wohnst und ich würde in Zürich arbeiten, ich hätte kein Auto, T-Pain, Alter. Ja. Also es geht, wir haben super Infrastruktur, du bist innerhalb von 3/4 Stunden von mir ja in Zürich mit dem ÖV und mit dem Auto innerhalb von 20-30 Minuten, aber es ist Ja, schon aber das nicht ist das Gleiche. Ja, aber es würde ja gehen. Und du würdest gut leben, Bro. Auch wenn jetzt jeden Tag eine halbe Stunde ÖV fahrst oder so. Ja, Dir würde es gut, weißt, ja. dir würde es gut gehen. Aber eben, das sind dann wieder die Ansprüche, die wir halt haben. Mhm. Aber ich Es sage sagt ja- ehrlich, ich hätte auch Mühe, eine Wohnung zu finden bei mir in der Umgebung. Bei dir in der Umgebung? Du Also- zahlst für 3,5 über 2. Ja, das ist schon heavy. Und dann hast du keine schöne Aussicht. Ja. Ich bin froh, kann ich in meinem Elternhaus wohnen, wo es mir überlassen haben, und Ja, ich das- Wege kann machen. So. Sonst, Das steht schon besser ja, in der Region. ja. Da findest du easy. Ja, also bei uns ist, du hast zwar einen sehr tiefen Steuerfuß, weil eben sehr viele gut betuchte Leute dort wohnen, aber zum dort nachher wohnen, unmöglich fast. Von wo du bist, warte, wie heißt schon wieder das? Ja, wir können sagen Wollerau, Wollerau, im ja. Kanton Schweiz.
Aber schon schön bei euch dort. Es ist aber, schön, definitiv, ja. Aber ja, ich weiß nicht, wie die Wohnsituation dort genau aussieht. Aber ja, eben, es ist halt. Es ist wieder das Schweiz-Denken. Gang am besten auf Zürich bügeln, verdienst am meisten. Es zieht alle dorthin wegen dem. Ja. Es ist auch wieder Es ein zieht- Gesellschaftsding. Ja, es zieht schon nur, es geht ja nur schon so viel auf Zürich, weil du dort am meisten Geld kannst verdienen. Ja. Musst du denn das? Du Eben, musst da doch haben wir nicht- wieder den Gesellschaftsdruck. Aber oder? ja, das ist, weil es wieder alle, jeder will am meisten Geld verdienen und weiss nicht gleich sagen nicht. viele wollen das gar nicht, sie wären zufriedener mit etwas anderem, aber sie wollen halt auch den anderen irgendwo durchgefallen. Aber ja, das ist dann, sind wir wieder am Oder gleichen wieder Punkt. in das Muster reinpassen. Ich rede mit alten Kollegen von meinem Bruder, das erste, was sie fragen, ist so, was machst du beruflich? So. Und Ja. das finde ich, das habe ich auch hier oben im Fall langsam so. Was Mit dem, machst du was beruflich? machst du beruflich? So. Ja. Es ist ja schon irgendwo durch eine humane Frage, weil wie willst du sonst ins Gespräch Ja. kommen? Oder Aber es geht mehr so darum, sie wollen wissen, wie viel verdienst. ja, was So. für eine Stelle hast Bist du erfolgreich? wie soll ich wie soll ich mit dir umgehen? Ja. Bist du, du bist Manager. Ich stufe mich so ein bisschen Was, du bist Facility Manager? Was hat der Roy vorher gesagt? Keine Ahnung, Bro. Weißt du, was ich meine? Und Ja. das spürst du einfach. Ja. Es spürst du einfach. Und wieso gehen so viele Leute an die HSG? Weil es einfach eine von der Angesehen. angesehensten Unis ist, weil du dann sicher eher einen Job bekommst, als wenn du an einer anderen Uni wärst. Aber es ist halt Das Gleiche einfach, du gelernt bist hast. einfach ein Head and Shoulders im Regal, Entschuldigung. Mhm. Und momentan haben wir sehr viel in Produktion von Head and Shoulders und wir gehen wieder zurück auf Naturseife. So. Weißt du, was ich meine? Wenn du den Zusammenhang verstehst. Es werden so viele im Regal stehen, die gar nicht gekauft werden. Ja, das ist insane. Ja, Bro, schwierig. Schwierig. Es Es gibt gibt so so viele viel. Leute, die das nur machen, weil sie nicht wissen, eben was. Ja, logisch. Aber das ist ja bei Aber uns auch noch am irgendetwas musst du ja Anfang. machen, oder? Ja, das ist bei uns auch noch am Anfang ein bisschen so gewesen. Mein Bruder auch in Wollerau. Ja, wie heisst dein Bruder? Vielleicht kenne ich ihn sogar. Ich weiß es nicht. Ja, Bro, schwierig. Aber ich Aber bin ey. zufrieden in meinem Leben, so muss ich wirklich sagen. Jetzt, seit wann bin ich so richtig zufrieden? Ich glaube, so seit einem Jahr, 1,5. So. Seit der letzte WK durch ist, seit ich mein eigenes Business am Aufziehen bin. Seit deine eigenen Träume jagst. Ja, Voll mit seit vollem- auch mit dem Drohnenfliegen, das ist etwas, was mich wirklich brutal erfüllt. Der Dani Weber. Sagt Sagt nicht. Vielleicht ist er auch ein bisschen jünger. das tönt mir jetzt eher ein bisschen älter. Dani Weber. So, der Dani Weber ist so ein 50-jähriger. Die Frau ist von dort, ja, der ist ein bisschen. Ah, 16, eben, ja, siehst der ist außerhalb von deinem. Ja, Der ist mein jetzt Großvater kennt ihn vielleicht. Zu alt. Mein Großvater ist ja 86, 87. Und früher ist halt auch. Jahrgang. Wo wir ich sage jetzt mal, die Generation von meiner Mama oder von meinem Vater, der hat noch hure viel Wohneigentum dann halt gehabt, gell? Ja. Dann bist du halt auch beschäftigt. Ja. Dann reissst du auch dein eigenes Ding. Mhm. Im Wohneigentum ist so viel Aufwand. Gerade ein Haus oder so. Mhm. Alles drumherum. Es ist immer etwas kaputt, du bist halt auch beschäftigt. Aber wenn du halt normal wie mir zur Miete wohnst, das Einzige, was ich mache, ist da oben x-mal umstellen. Also, da kann ich mich beschäftigen oder dunkel wieder etwas umstellen. Aber wenn die Waschmaschine kaputt geht, Leute am Vermieter an. Ja. Und wenn die Store kaputt geht, Leute am Vermieter an. Aber mit dem Haus hast du halt, und das hast halt auch, das haben heute auch, oder die Chance, dass du Wohneigentum hast, ist heute auch sehr, sehr klein. Ja, also Dass eben du dort bin ich schon dazukommst. sehr privilegiert, dass Ja. ich kann in einem Haus wohnen Dass mit du meinem das wirklich Bruder. hast, Ja. ja. Das ist, also wir leben wirklich dort durch einen Luxus und da Ja. muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich einen eigenen Keller habe, wo ich mein Gaming-Setup habe und meine Das ist schon crazy. Gym-Ecke und weiß nicht was. Also ich sage euch ehrlich, ich könnte nicht jetzt in einen 3,5 3,5 Zimmer. Musst ja nicht, bist Und ja froh. ich wäre nicht happy, weil Ja. ich fühle mich eingesperrt. Aber eben jetzt auch bei deinem Haus. Bro, wenn du jetzt, sag ich mal, kannst du mal nicht mehr filmen oder weiss nicht was, Bro, bei dir heute, du kannst so viel noch rundum machen. Ja. Weißt du, was ich Ich bin meine? ja immer dran. So jetzt gerade mit der Pergola, wir haben ja hinten dran Pergola mit der Rebe, Aha, wo so wächst, ja. wo der Chillbereich draus ist. Und dort kannst du alle Wochen kannst du dort wieder schneiden. Aber kannst du schneiden, Der kannst du etwas Rasenmäher schön kannst du alle machen, Wochen, 2 kannst Wochen. irgendwie einen Platz machen, kannst den Platz neu machen. Ja. Dort. Du kannst, eben, da Ich kannst könnte du jetzt die verdammt viel. Fassade wieder aufwerten oder so, aber Ja. ja, ist jetzt gar nicht Prio.
Jahren. Ja. Aber eben, es würde vielleicht später, dort wärst du vielleicht schon erfüllt später, wenn du nach dem kannst widmen, weißt Ja, fix. Also, ich Und mache das ein ist bisschen an meiner Hütte, weißt du. Saving, wenn Hey, ist am im Plan schönsten. am Haus weitermachen, ja. Ja. Ja, würde ich auch fühlen. Später. Aber jetzt im Moment. Bro, einfach von der Schleife, gell? Das ist crazy. Das ist eine von der steilsten Straßen bei uns in der Umgebung. Die geht so. Schleife. ja. Die ist zwischen Wil und Wohlerau geht die Schleife auf Bech. Bro, das ist jetzt richtig alt-urchisch-schweizerisch. Das ist der Weile, oder auch? Also, die Schleife, Bech. Das ist auch schon die Schleife, ja. Schleife. Crazy. Und auf Bech aber. Auf Bech? Ja. Was ist Bech? Das Dorf, Aha. der See. Ah, Bech ist es da? Ja, Bech. Da kommt der Samueli her. Der Samu. Nein, den kennst du wahrscheinlich nicht. Nein, das kann ich nicht. Er ist mitgekauft, Herr Seher. Schweile, oder auch? Die Schleife auf Bech, aber weißt du. Ja, und in Bern nimmst du das blaue Bändchen für. Stöckli Kreuz. Legende. Nein, du. Aber ja, jetzt wisst ihr, Leute, ihr wisst jetzt, wenn ihr uns seht, ihr könnt mit uns über so Zeug diskutieren. Das Ding ist einfach, meistens hat man nicht genug Zeit, so die Sachen wirklich intensiv zu besprechen. Das sind meistens so Gesprächsthemen eigentlich, wo wenn du am Abend in einer Bar zusammenhockst und eins genommen hast, Ja. sich so lange herzieht, bis du rausgeschossen wirst und es dann eigentlich immer noch nicht ganz geklärt ist, was jetzt. Das sind so ewige Gesprächsthemen, die ich eigentlich aber wirklich ab und zu gerne diskutiere. Wo es sind auch Gesprächsthemen, wo du viel mit dir selber einfach diskutierst. Ja. Weißt du, was ich meine? Das sind aber Ja. viele auch nicht, die innere Stimme. Ich habe das die ganze Zeit. Jemand muss dir ja sagen, was Also du der geht. Dialog hinher, hin, nein, mach nicht, nein, mach. Ja, jetzt soll ich das einfach. Jetzt soll ich das machen? So, Bro, was ist die Idee jetzt? Machst du das? Nein, weiß nicht. Ja, nein, das ist crazy. Aber dann, das sind so Gespräche, die du mit dir selber führst. So. Ja, ob es jetzt über das Post ist, poste ich jetzt dann oder nicht? Oder was denkt euch der, wenn ich das sage? Oder kann ich so auf ihn zugehen, dass ich dann die Reaktion bekomme, die ich gerne hätte und so weiter und so fort. Hast du ja tagtäglich. Oder wenn, letztes Mal hatte ich auch ein Problem mit einem Kollegen, von der Art und Weise her, das ist so schwierig zu sagen. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es war eine gewisse Umgangsform, die ich nicht geil gefunden habe. So. Und ich finde ihn aber, ich chille gerne mit ihm. Mhm. Und dann musst du das irgendwie ansprechen. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, wie das ewig mit mir rumgeringt. Dann habe ich ihm irgendwie einmal um 1:30 in der Nacht habe ich ihm so WhatsApp geschrieben. Ey Bro, schnell wegen dem. Am 1:30, weißt du, wie ich denke. Aber er hat es nicht voll gefühlt. Ja? Er ja, ich find's, er ist voll drauf eingegangen, weil er ist auch so ähnlich wie jetzt mir von der Denkweise her. Wegen dem verstehe ich mich eben gut mit ihm. Und er hat genau gewusst, dass wenn ich um 1:30 in der Nacht noch an diesem Thema umstudiere, meine ich es wirklich ernst. So, weißt? Und dann wegen dem so ist es dann wirklich auch richtig angekommen. Und dann haben wir kurz darüber gechattet. Und dort ist es auch, okay, manchmal ist es auch besser, wenn es. Manchmal sind Sachen wirklich halt schwierig, so im Dialog. Manchmal ist es einfacher, schnell ein WhatsApp machen und schnell, hey, vielleicht so und so. Ja, teilweise bin ich dort viel zu direkt. Und sage sie ihnen einfach, dann sind sie pisst. Ja, eben, da musst du auch ein bisschen Ja. taktischer. Aber Bisschen manchmal ist taktischer. es dann einfach, weil mir geht es dann direkt besser, Ja, weißt du? Ist mir ja. eigentlich egal, Bro. Ja, ja, Das ist fühle ich, so. fühle ich. Fick dich, Alter. Hey, nein, aber ich glaube, wir machen dem Ganzen, ich glaube, wir sind schon, keine Ahnung, wie lange wieder dran, fast 3 Stunden oder so. Was ist jetzt? 20 ab 1? Ja, schon 20 ab 1 wieder. Schau da, wie die alte Der Enki. Hoi Enki. Enki, wenn du vorbeikommst, kannst du den fix 2 mitnehmen. Der Physio überlegt sich nämlich auch fix 3 zu kaufen. Aber wir sind ja am Ende angekommen, würde ich sagen. Wir sind schon wieder viel zu lang. Einfach 2 Legenden hier unter euch. Ja, dreckige, grusige. Kannst du daheim bleiben. Oh Mann. Nein, Fisi, ich glaube, wir tun das öffentliche Gespräch an dieser Stelle mal beenden. Leute Ja. dürfen bei Fragen gerne auf uns zukommen. Aber ich denke, es ist cool auch wieder für später, wenn wir das Gespräch wieder nachschauen können. Fix. Weißt du, was mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen? Was? Game Soul war auch noch. Gewesen. Game Soul. Lass sein, Game Soul. Das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf geschossen. Lass sein, Game Soul. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist die? Baden. In Baden. Ah. Bro, ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie es dort aussieht. Ah, mal!
So das, was ein bisschen draussen Red Bull Zelt war und so, gell? Ja, du Das hast ist nicht so viel gewesen. Ja. Ja, genau. Ja, Comedy gewesen. Comedy. Ja, aber dort, gibt es nicht mehr, das hat es nie gegeben. dort muss Bro. ich sagen, das sind alles so Projekte, wo Leute wirklich auch mit Herzblut Sachen versuchen, die halt einfach nicht funktionieren. Ja, ist am falschen Ort angesetzt. So. Und dann zu wenig organisiert. Ja. Ja, aber Gewisse Sachen. das sind mehr so Sachen, wo mir mehr leid tun, so, weil dort wirklich teilweise viel Herzblut und Organisation drin steckt und Ja. halt es happert dann an. Es hat ja eigentlich nur daran gehappert, dass niemand gekommen ist. Einfach, also niemand ist übertrieben, aber zu wenig Ja. Besucher. Ja. Und das ist einfach schade. Aber ja. Hey, das ist ein gutes Abschlusswort vom Raffaelito. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Sonntag, meine Damen und Herren. Bei uns scheint die Sonne, ich hoffe bei euch auch. Und danke Jöru noch für 22 Monate Streak Breath. Danke dir. Schön stossest du gegen Schluss auch noch dazu. Einfach schön zusammen. Ja, Bro, wir sind schon wieder viel zu lang online da. Viel zu lang. Ja, es hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Sehr Komme gerne, sehr sehr gerne wieder gerne. mal auf einen Tag vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja vielleicht mal spezifisch sein, irgendwie, Fix. wenn etwas läuft oder so. Sorry, am Match gehabt. Alles easy, all gut, all gut. Der Podcast ist ja wirklich so gemacht, dass man sich da auch im Nachhinein sehr gut einfach nebenbei beim Arbeiten oder so im Büro kann reinziehen kann. Wenn man uns ein bisschen zuhören will. Ich weiss zwar nicht, wer das will, aber Wenn ihr gerne Aluhut habt. Und Aluhut-Gespräch mit ein bisschen... ja, vielleicht fange ich auch wieder an zu streamen mit so Aluhut-Stream. Ich lege mir dann ein Aluhütli an und rede einfach so über Themen von meiner Sicht aus. Ja, wieso nicht? Ja. Wieso nicht? Schadest niemandem damit. Gell? Und kannst das Zeug ein bisschen vor der Seele reden. Oder kommst du einfach wieder hierher, dann machen wir wieder Strong. einen Talk. Aber ja. Bis jetzt war die Folge 10 von 10 gewesen, gäbig zum Arbeiten. Ich habe gemerkt, ich habe mehr Probleme als die anrufen. Ja, ich glaube falsch gelesen jetzt. Oder nicht gecheckt. Hast du es gecheckt? Gäbig war zum Arbeiten, fertig, oder? Ja, ja. Sie haben gemerkt, ich habe mehr Probleme als die anrufen. Wer sind sie? Sie haben gemerkt, ich habe mehr. Ich komme jetzt nicht ganz raus. Aber ja, vielleicht bin ich das Problem. Bin ich das Problem? Nein, aber ich habe jetzt gedacht, das kommt mir jetzt so vor, als hättest du mal so Gäste, wo du so anläutest, so wie geht's dir, erzählen von deinem Leiden. Ah, Mensch, So er will auf das aus. Sorgentelefon, Ja, ich komme aber- eben nicht ganz aus. Aha. Hat mir einen Scheiß reinkopiert, ich habe nicht gemerkt. Also, dann tun wir den Satz eigentlich gäbig zum Arbeiten abschließen und den Rest lesen wir nicht von diesem Satz. Ah, eben. Ich frage nicht, wie das jetzt passiert ist. Sicher hat sicher WhatsApp-Nachricht weiterleiten. Dann wieder einfügen aus Versehen. Ja. Nein, nochmal merci Fisi, auch für den langen Weg, den du dir auf dich genommen hast für Gerne. heute. Hier. Gerne. Aber das ist auch cool. Es ist immer cooler. Irgendwie, ich lasse es dann im Nachhinein wieder noch. Ich lasse dann beim Arbeiten ab, dann lasse ich, was wir so geschnurrt haben. Dann denke ich so, Bro, Was haben sie geschnurrt? nein, was haben wir wieder rausgelassen? Aber ja, Also wir haben jetzt heute nicht wirklich Leute basht, aber das lassen wir mal noch für, nein, ich für glaub, andere Podcasts offen. vielleicht, ja. Vielleicht ist es aber nicht unser Stil, dass wir das machen. Ist ja nicht, aber irgendwie müssen wir glaube ich teilweise schon mal zeigen, wie es ist. Weil wenn niemand die Wahrheit sagt, dann... Ich glaube, es hat noch niemand so genug über die Stränge geschossen, dass wir es machen. Ja, es ist ja so. Aber irgendwann wird das Fass überlaufen, dann lassen wir raus. Irgendwann. Er los nur, weil er nicht weiß, was er geschnurrt hat. Ja. Das auch ein bisschen. Aber eben, da können wir nur mal schnell zurück. Aber zu sich dem- selber zuhören ist ein guter Tipp, sage ich euch ehrlich. Ein paar von euch machen das nicht genug. Ja. Hört mal zu, was der rauslässt. 2. Oktober. Yes, Switzerland. Ah. Yes, freue mich sehr. Ja, Nein. vielleicht sehen ihr mich auch an der Switzerland. Wenn dann aber am 4.10., wenn Silent Disco ist, wenn ein Kollege aufleitet. Ja. Ja. Maybe bin ich auch das. Silent Disco mit dem. Der Name kommt schon nicht mehr Sinn. Passig. Mit dem Passig. Ich höre mir immer zu beim Brainstormen mit dem Team. Enki, du bist auch ein richtiger Denker. Der Enki ist mehr so der Planer. Der ist der Plan als Hacker. Der sieht keine Probleme. Der Enki sieht nur Lösungen. Einfach so 10 verschiedene und er muss er überlegen, welche ist die richtige. Er ist so der, Jungs, jetzt sitzen wir an, jetzt schreiben wir einen Businessplan.
Nein, er bringt den Businessplan schon mit und will schauen, ob du ihn auch aufschreiben kannst. Oh, Ja, heide Chieners. jawohl. Dann wünsche ich euch einen Merci wunderschönen vielmals, Sonntag. merci Chat. Schön, habt ihr zugelassen. Wir hören uns nächsten Freitag mit IEFC 26. Ich bringe den Plan zum Plan mit. Genau, so kenne ich dich. Viel Liebe, hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Haut rein. Stacey BK. Ine Maie.